Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Oder kann irgendjemand hören, wie ich meinen leckeren Kaffee umdrehe? Oh, ich habe mein eigenes Video bei mir da laufen, das ist vielleicht nicht so gesund. Hören? Moment. Oder kann irgendjemand hören, wie ich aber sehr leise. Warum ist das so leise? Vielleicht, weil ich so leise Draht habe. Wer weiß das schon? Habe die Moment, Kaffee. Ehre. So. Himi Hacker, jetzt ist Teppert oder was? Gib dir das. Bam! 140 Leute. Ich kann euch nicht mehr grüßen. Es geht nicht. Moment, ich scroll grob durch. Herr Schreuner, Herr Nicename, Simon, nochmal Schreuner, Herr Snips, Leubel, Grassinger, Paul, nochmal der Schreuner. Leck mir am Arsch, bin jetzt der Kim. Jetzt hat der Wind einfach mein Tier da hinten aufgemacht. Bist du deppert? Bist du deppert? Warte mal schnell, ich muss schnell Tier wieder zumachen. Das hilft nicht. Dann lese ich aber weiter. Wo war ich beim Das Paul? So, Moment. Jeder aus der Phone jetzt da. Was ist das denn? Was ist das denn? So, hab jetzt eine Balkonde aufgehaxt. Falls ja, dann passt's. So, machen wir sofort nahtlos. Machen wir sofort nahtlos weiter. Der Herr der Herr Lanzl, der Patrick, Leni, oder der Leni, ich weiß nicht. Timo hat merci für dein Abo. Der Herr Bleibinger, der Marco, Musikerband Sürberg, habe ich die Ehre. Vielleicht, wenn das nicht bloß einer ist, dann habe ich die Ehre, ich hole miteinander. David Agrar, der hier ist, der Wanninger. Du bist aber nicht der Wanninger aus Straubing, oder? Der Herr Statzl, der Frankie, der Karli, der Holzner, der Hunshammer, der Captain Timo. Captain Timo. Ich weiß nicht, bin ich schizophren oder? Herr Isauer hinter mir. Egal. Herr Kandler, Herr Maltschinger, Leo, Herr Felbermachel, Tando, Bleibinger, Landi, Sonner, Gun, die konnte und nichts mehr lesen. Freier Werbeplatz, Wurst, Schemmer, der Darkas, der Kirchberger, der Andi, der Serbas, der Schertl, der Donaubauer, der Herr hat der Holz und der Herr Schretzel, Survival und Grützi. Fix, da geht's zu wie im Affenschall. Kann man mir bitte aufhören mit Habidere sagen? Habidere euch alle miteinander. Liz Y, merci für dein Abo. Wie geht's euch? Ich bin ein bisschen heiser. Hab gestern ein bisschen ragen müssen. Zane Gunblade, schönen guten Tag, Wolleck, oder wir haben 230 Leute. Erst einmal habe ich die Ehre an euch alle, für die es nicht ganz am Reißen, das ist live. Ich sitze gerade da und stream halt, lauter wegen am Blätschmerz, sonst tue ich auch nichts den ganzen Tag. Nee, Nebo. 230 Leute ist hart. Ich glaube, das ist der Rekord bis jetzt. Wobei wir über 200 waren wir schon mal ganz kurz, das war ganz am Anfang. Da bin ich gespannt, wie viele Leute das wir heute noch werden. Schaffen wir 300? Schaffen wir 300? Ich weiß nicht. Postet einmal alle auf Facebook umeinander. Ich mag, wenn da oben heute 300 steht, dann nein, mache ich keinen Purzelbaum. Aber ich freue mich so, als da ich einen Purzelbaum mache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch? Mir geht's eigentlich gut. Ja, eigentlich schon. Was ziemlich faszinierend ist. Ich habe tatsächlich geschafft, dass ich das Rauchen aufhört. Deswegen werdet ihr mich halt ab und zu mal, oder eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit, mit dem Teil da sehen. Und ich werde einfach so machen. Ich rauche nicht mehr, jetzt wird gedampft. Und ja, es funktioniert. Ich muss jetzt das einmal anders machen da. Das ist alles ein Blödsinn. Ich habe mir gedacht, ich schiebe mal einen Chat auf die andere Seite rum. Das behagt mir aber nicht. Es behagt mir nicht. Den nehmen wir wieder da hin, wo wir einen Code haben. Puh, ich hoffe, dass der Chat einigermaßen lesbar bleibt, weil sonst können wir uns nicht mehr unterhalten. Markus, merci für dein Abo. So, wo sind wir, Neger? Der Chat nervt ein wenig, ha? Na, der Chat nervt nicht. Wegen dem bin ich ja da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 250 Leute. Wo liegt der Hans Solo?
Der Han Solo, merci für die Abo. Ja, falls die Frage kommt, Star Wars-Fan, ja, natürlich. So, jetzt schauen wir mal, was die Leute so schreiben. Schreibt's mir halt einfach mal was. Der Minzi, merci für die Abo. So viele Abos pfeift schon wieder einer. Ihr habt's wirklich lauter narrische. Wir sind übrigens bald, wie viel sind wir mittlerweile eigentlich? 18.700 irgendwas. Ja, 18.800. Es geht einfach zu schnell. Meine Damen und Herren, ich komme nicht mehr mit. Zombie King, merci für die Abo. Herr Biermann, servus Bürger, servus Herr Biermann. Grüß aus C-Fix. Wo ist denn C-Fix? Der Jeff ist ein guter Name. Black Wait. Schön ist das sagt man da nicht gescheit da ist dein Name abdings. Black Water Tears natürlich. Habe die Ehre. Master Max, sofort abonnieren. Richtig, drückt erst mal alle auf den Abonnieren-Button. Ihr wart doch alle gar nicht da, wenn ihr nicht auf den Abonnieren-Button drückt hättet. Ihr Nasen. Christian Paulus, hast du dich schon ausgespült von deinem Spipe King Video? Ja, deswegen bin ich so heiser. Nicht, weil ich so geschrien habe, sondern weil ich 14 Tage lang durchgekotzt habe. Herr Müssig, merci für die Abo. Wer da gerade vorher ein Abo da lassen hat, das habe ich nicht gelesen. Es tut mir leid. Ich versuche mich so gut es geht. Irgendwie am jeden habe ich die zum Sagen. Und beim jeden da irgendwie, weiß das eh. Warum tut denn meine Kamera eigentlich schon wieder einen scheiß beschissenen Autozoom ein? Ich will ihn nicht, ich habe ihn ausgeschaltet und ich weiß nicht, was er da tut. Ich weiß es nicht. Video konfigurieren, ja, ja. Warum ist da der Autofokus drin? Ich will den Autofokus nicht, den will man nicht. Herr Fightback, merci für die Abo. Und irgendjemand schreibt, Radler schmeckt. Vielleicht schmeckt der Gasmasse auch, man weiß es nicht. Der blöde Preis von gestern, ich hätte fast gekotzt. Ja, also, irgendwie, man muss ja dem Ganzen zugute lassen, dass er sich da wirklich eiskalt hinsitzt, frisst es ohne zum Speien. Das hat mich schon, Fendt 1000, merci für die Abo, das hat mich, irgendwie ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf alle Fälle glaube ich weiß nicht, was ihr da dazu sagt, ich hab's das dann irgendwann einmal selber einen Kommentar ins Video reingeschrieben, aber da haben schon 10.000 Leute angeschaut gehabt, also die meisten haben es schon gesehen, recht viele Reaktionen werde ich dann nicht mehr drauf kriegen. Aber der Plan ist, oder mein Gedanke war, haben wir da vielleicht ein neues Format, was allerdings von euch abhängt, ob wir das wollen oder nicht, und nicht von mir. Also mir hat's Gaudi gemacht. Für zwischendrin ist das sicher ganz lustig. Ich werde jetzt nicht den ganzen Tag irgendwelche Agro-Videos machen, aber wenn es einmal sein muss, und das hat sich momentan auch ganz gut getroffen, weil wenn man es rauchen aufhört, ist man ziemlich aggro. Der Herr Gunblade fragt mich, warst du schon mal in Landshut? Ja, freilich, das ist gerade mal 25 Minuten weg. Wir haben ja übrigens 275 Leute. 205, ja, ich hab's doch alle ins Hirn gepfladert. Das ist ja nicht, das spitzt da. Herr Standfest, merci für dein Abo, ne? Ja, freilich. Hauptsache die Leute lachen über. Das ist übrigens was ganz Wichtiges. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn das nicht so viele Leute da sind. Gar nicht schlecht. 275 Leute. Merci erstmal für die es nicht ganz umreißen. Was ist das hier? Das ist live. Verstehst du mich? Was mich jetzt noch gerade interessiert ist, warum zum Teufel wird denn eigentlich der Chat nicht angezeigt da im Battle? Nicht da hinten, sondern da hinten. Ach, was weiß ich. Spiel ich verkehrt halt. Jetzt warte mal schnell. Das muss ich jetzt ganz einmal zur Überprüfung bringen. Jetzt pass auf. Restream.io, the chat is ready to display messages. Ja, tolle Wurst, aber es displayt keine Messages. Warum nicht? Was ist das? Ich verstehe nicht. Jetzt passt es mir auf. Was ist das denn? Moment. Ihr kennt euch ja gar nicht aus, was der ganze Rest schreibt. Ich streame ja auf Twitch und auf YouTube. Und jetzt muss man da mal schauen, was da los ist. Ja, okay. Ja, jetzt geht er, oder? Geht er. Ihr könnt ja meine Kaffeetasse uns gar nicht sehen. Die ist wichtig. Ohne Kaffee geht in Berlin überhaupt nichts. Vorwärts. Eher nur rückwärts. Xaver Bleibinger, Radlerdringer ist kein Schimpfwort. In dieser Community. In dieser Community ist Gasma-Step ein Schimpfwort. So. Master Max, ich brauche jetzt eine Warme. Das habe ich heute schon übersehen. Bin sauber zu spät aufgestanden. Mann, mit erschreckt mein Balkon ja immer so fest. Die klappt aber auch, weil ich eine Decke einspannen muss, weil der Rollokasten hier ist. Kann da mal bitte nicht bekommen und meinen Rollokasten richten? Ich mag nicht. Ich weiß ja nicht, ob es kann, aber wenn es kann, ich mag nicht. Irgendjemand fragt mich, ob ich Snapchat habe.
Ich hab kein Snapchat, ich hab kein Instagram, den ganzen Dreck, den ganzen Scheiß, weiß ich nicht. Wobei ich überlegen muss, jetzt pass auf, sollen wir uns mal miteinander einen Instagram-Account machen? Da muss ich aber zuerst mein Handy aufladen, das ist halt einfach kaputt. Also nicht kaputt, das ist leer. Was aber gleichbedeutend ist mit kaputt. Verstehst mich? Verstehst mich? Verstehst mich? Wir sind 280 Leute. Also wenn wir jetzt echt noch 300 aufballern, dann kriege ich einen Vogel, gell? Jetzt geht's einmal alle auf Facebook, schreibt's alle eine Kumpels auf WhatsApp und was weiß ich, dass wir da noch 20 Leute reinkriegen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So, jetzt muss ich erstmal schauen, ist das überhaupt mein Handy? Bin mir nicht so sicher. Wo ist mein Handy? Scheiße. Das hier, ich glaube, das ist nicht mein Handy. Nein, das ist nicht mein Handy, das ist mein altes Handy. Das funktioniert nicht. Tja, dann hat sich das mit Instagram auch schon wieder erledigt. Bavarian141, merci für dein Twitch-Follow. War lecker und instant sind wir 300 Leute. Ihr habt es wirklich nicht ganz sauber, Alter. Das ist wirklich krass. Da weiß ich teilweise nicht, was ich sagen soll. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll, Alter. Da haut's mir Koppel raus. Moritz, merci für dein Twitch-Follow. Ja, bist du deppert. So. Freilich kenne ich Deckendorf. Deckendorf ist genauso 20 Minuten in die andere Richtung weg. Ich bin quasi irgendwo zwischen Straubing, Deckendorf und Dingelfing. Oder Straubing, Deckendorf und Landshut. Da wenn du ein Kreuzleit ziehst, da in der Mitte, da bin ich. Hallo. Hallo. Servus Bürger, hast schon für einen Geschmo. Was hast du für einen Geschmo im Dampfer drin? Ich hab leider nichts mehr. Ich mag jetzt da nicht unnötig Werbung machen, solange ich nichts von denen kriege. Ich hab da von einem Kumpel was gekriegt und ich habe alle anderen Flaschen habe ich schon weggeraucht und jetzt habe ich bloß noch Pfefferminz und das schmeckt so krass einfach, dass ich es nicht mehr haben mag und jetzt fahre ich morgen wohin und wahrscheinlich auf Straubing und fahre da in ein Geschäft und lassen wir mal das einmal zwang und dann kann man wieder rauchen. Ist übrigens das verzeihe ich jetzt auch bloß, weil ich so massiv stolz auf mich selbst bin. Eigentlich müsste ich noch viel stolzer und bin ich auch viel stolzer auf meine Freundin. Wir haben uns quasi, oder ich habe ihre zu Weihnachten dieses Gerät geschenkt. Beziehungsweise ihr eins, mir eins. So, dann bin ich hergegangen und habe gesagt, was, und jetzt hören wir es raus auf. Weil sie wollte aber nicht und jetzt mag es auf einmal. Und dann hat es einfach so aufgehört, ohne den Teil. Also dementsprechend habe ich seit 3 Wochen einen ziemlichen Stress daheim. Aber das ist alles nicht so schlimm, das ist verkraftbar für diesen Preis, dass sie dann einfach als Raucher aufhört. Der Pixie1232 schreibt, gibt in Deckendorf auch einen Dampfershop. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wie er heißt. Das ist der, den ich nicht erwähnen wollte, was da jetzt auf dem Flascherl drauf gestanden ist. Den gibt es auch in Straubing und den gibt es auch in Dingelfing. Und morgen werde ich wahrscheinlich da hinfahren. Wahrscheinlich. Christian V8, merci für deinen Twitch-Follow. Wir sind mal ohne Scheiß 300 Sim-Leid. 320. Was ist denn los mit euch? Ich weiß, daher fehlt 1, 2, 3, 4. Merci für deinen Twitch-Follow. So, jetzt pass auf. Wenn so viel massiv viele Leute da sind, dann muss ich gleich einmal ein bisschen was sagen. Der Kali Seppel. Jetzt haben wir jetzt auf zum Follow und Kruzifix. Ganz kurz, stopp. So, das Video gestern, mit dem haben wir wahrscheinlich ein neues Format geboren, das ich wahrscheinlich Kruzifix nennen werde. Und dann halt einfach Dinge absagen. So einfach ist es im Prinzip erklärt. Das Einzige, wo ich an meine wirklich die geilste Community der ganzen Welt appellieren will, an euch, da wo 320 Vollgasnarische da herin sitzen und sie diese Videos innerhalb von 2 Stunden 10.000 Leute schauen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und es einfach kein Ende nicht nimmt. Ich bin froh, dieser Typ, den wir da gestern zerstört haben mit seiner Weißwürst, der hat mir schon geschrieben und so weiter und ich hab Klick, mehr oder weniger jetzt, dass er sagt so, ja, er findet es lustig, die Art und Weise, wie ich mich drüber aufrege und lalelu und Community ist größtenteils ja ganz geil, aber die persönlichen Angriffe und Beleidigungen, ja, das muss nicht sein und noch mehr Hass auf YouTube braucht man nicht und so weiter, wo er irgendwo ein Recht hat. Kommt nicht jeden Tag vor, dass er Preis Recht hat, aber was das betrifft, hat er Recht. Ihr tat mir einen riesengroßen Gefallen, wenn die verbale Ausschreitung der abgesagten Leid und Dinge und sonst was nicht so krass wird, wie, keine Ahnung, fahren wir zu ihm und zünden wir noch oder irgendein Müll, weil nämlich sonst halt einfach mein Account gesperrt wird. Also das passiert jetzt nicht, ja, aber das, wenn ich so weitermache und das so genauso eskaliert wie die How-To-Scheiße, dann kann es halt passieren, ne? Ja, so. So, magst du ein Gustel? Magst du ein Gustel? Magst du ein Gustel? Magst du ein Gustel? Ja und ja.
Herr Daniel Saller, merci für das Abo. Ja, das nächste, der McFIFA, merci für den Twitch-Follow. So, weil jetzt gerade so viele Leute live da sind. Was mir mal interessieren hat, ist, also ich überlege ja immer wieder mal, ich mag nicht, also ich mag schon. Keine Sorge, was ich jetzt sage, ich werde weiterhin natürlich die How-Tos machen, die jeder kennt, ja? Bloß, ich kann nicht jede Woche scheiß How-To aushauen, das dann genauso lustig bleibt wie das letzte. Das geht nun mal nicht, ja? Wir haben jetzt, bei wie viele Teile haben wir überhaupt? Ich weiß nicht mehr auswendig. Bei 20? Silvester? Nein, bei 16. Quasi 15, weil ein How-To-Radler war kein richtiges How-To. Was da? Ralte Retro, Grüße aus Leipzig. Bürger würde mich über eine Antwort freuen, juhu. Aber in Leipzig? Was zur Teufel? Zum Geier, du bist in Leipzig. Bist du wie der Österreicher von Welt? Erstmal grüß an alle Österreicher, falls Österreicher da sind. Und ich bin mir sicher, dass Österreicher da sind, weil 20% meiner Aufrufe aus Österreicher besteht, was ich ziemlich geil finde. Wieder eine Österreicher sagen dort, bist du deppert? Der Graf Händel, merci für den Twitch-Follow. So, das nächste, für alle, die jetzt immer noch gerade wieder dazukommen und wieder gängen und das nicht ganz checken, was tut er da, was ist das da, ist das ein Video, ist es nicht, nein, keine Ahnung, das ist live. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Livestream. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt alle wissen, ich meine, die meisten wissen es, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Fadies nicht wissen, weil ich ganz oft auch zum Beispiel, wenn ich mit dem Livestream fertig bin, wird das Video 5 Stunden später irgendwann einmal auf YouTube geladen und dann kommen da irgendwelche Leute und schreiben dann unten drunter, Servus. So 5 Stunden nachdem der Stream go ist. Und ich meine halt so, die schauen sich das Video, checken nicht, dass das ein Video ist, nur nicht mehr der Livestream und schreiben dann Servus drunter und erwarten dann, dass ich Servus sage. Wie soll ich das erklären? Sag mir das, wie soll ich jetzt das irgendjemandem erklären? Da, hier schon. Grüße aus Garmisch-Partenkirchen, was ist denn was? Der Weber, kommt aus Dingelfingen, habe die nach Dingelfingen. Helmut Schiller, Servus Bürger, Servus Helmut. Flocker 123V2. Hashtag Niederbayern, ich wohne in der Nähe von dir. Hast du schon mal in Leilinger? Nein, war ich nicht. Also ganz ehrlich, was schon anstrengend war mit gerade 50 Zuschauern oder mit 50 Zuschauern, die ständig selben Fragen, wo kommst du her, warst du schon mal da, was ist dein Lieblingsbier, was ist das? Ich komme nicht 3 Stunden her, also das mag ich auch nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, ich bin immer so offen und ehrlich, ich mag mich nicht hersitzen und 5 Stunden lang schmatzen. Kennst du das Bier? Nein. Kennst du das Bier? Ja. Magst du das? Nein. Was ist das denn? Matze streamt. Merci für deinen Twitch-Follow. Habe ich aus Antdorf? Aus Ant oder aus Arnsdorf? Was? Das ist live? Ja. Das ist ja das, was ich den Leuten nahe bringen will. Ja? Wir sind ja nicht alle so Handy-affin, Internet-affin, YouTube und Twitch-affin. Ja, frag mal ältere Leute so in meinem Alter, die sich nicht von klar auf mit dem Thema befasst haben. Frag mal, ja, du hast mir auf Twitch ein Bier gesehen. Dann sagt der, da bist du geistig behindert, was redest du für einen Dreck, hau ab. Weißt du, die Leute sehen das ja vielleicht auch in einer Abo-Box, weil einer der Bub gesagt hat, hey, schau mal hier, du drückst auf Abo und siehst, wie er ein neues Video macht und dann was nie. Und offensichtlich ist das auch so, weil bam, jetzt haben wir 314 Leute, immer noch konstant bei 300. Was ist los mit euch? Was ist da los? Was ist da los? Bitte, bitte, danke, was ist da los? Bist du deppert? Smitty 2, irgendwas, was weiß ich, mehr für den Twitch-Follow. So, gleich das nächste noch vorweg. Ich stream diese Geschichte hier auf YouTube und gleichzeitig auf Twitch. Auf Twitch findet ihr mich aber nicht unter Bürger oder Bürgster, wie das früher war, sondern ich glaube, Twitch unter Bürger zockt, bin mir nicht sicher. Da muss ich sowieso immer schauen, was ich überhaupt für Beschreibung drin habe. Da kann vielleicht noch PlayerUnknown's Battlegrounds drin sein, ich weiß nicht. Freitagssession. Bürger oder Bürgster, wie das früher war. Nein, ich höre mich bloß selber, das ist ja nichts. Bürger zockt melden, na selber melden tue ich mir jetzt gerade nicht. Ja gut, Freitagssession 15, die ist schon ein bisschen älter, aber ist ja wurscht. Der Mick Huber, kennst es? Was? SCC Dingelfing-Landau. Ja, in der 2. Stadt wohne ich. Es ist der Woman's Quick. Woman's Quick ist so ein schöner Ort. Da hätte ich wohnen. Woman's Quick, wo kommst du her? Oh, das ist Woman's Quick. Nee. Oh, Fralle, trink mal halbe. Passt. Terrenator. Merci für dein Abo. Ja, um das kurz zu machen, ich streame das auch gleichzeitig auf Twitch. Gibt's? Also jetzt pass auf. Hey Birger, wie bist du drauf gekommen, Videos zu machen? Was war der Grund? Das ist einmal eine Frage, mit der kann ich was anfangen. Wer war's? Wo ist es? Mein Gott, ich kann halt nichts lesen. Fix Mari, da. Der 42K. Hey Birger, wie bist du drauf gekommen, Videos zu machen? Was war der Grund?
Der Grund ist eigentlich schon in meiner Kindheit, also da war ich wirklich noch, weiß ich nicht, 8, 10 oder so und mein Papa hat eine Videokamera gehabt. Das war halt Anfang der 90er und da hat es das alles so nicht gegeben. Da hat es kein Handy nicht gegeben, da hat es keine digitalen Videos nicht gegeben, da hat es keinen PC nicht gegeben, da hat es überhaupt nichts gegeben. Und da habe ich das mit der Kamera meines Paars gemacht und die tatsächlich im Keller ausgeräumt habe, vor nicht langer Zeit erst wieder und die liegt da oben. In der Hoffnung, dass ich da altes Videomaterial finde, wo ich ein Kind bin und Blödsinn mache. Also ich habe damals schon Blödsinn gemacht. Ich konnte es bloß nicht mehr wiedergeben, ich kann mich nur bruchteilhaft an so Dinge erinnern, was ich damals gemacht habe. Und wenn ich die Videos finde, dann ist es die peinlichste Scheiße ever und eventuell mache ich da ein Video draus. Mal schauen. Gut, aber wie bin ich dann zu YouTube und Videos gekommen? Ganz einfach, weil ich Videos mal schon immer geil gefunden habe und wieder mir jemand gesagt hat, ja, da gibt es YouTube, lass das Video auf und dann können das alle anschauen, wo gibt. Dann hat es mir quasi einen Schelz gerissen und ich gesagt, wow, leck, geil. Geil, kann man von den geilen Blödsinn machen, alle können es anschauen und können was drunter schreiben und so. Das war wie eine Offenbarung, keine Ahnung. Ja, aber der richtige Durchbruch, also ich nenne es Durchbruch jetzt mittlerweile, ja. Wir sind jetzt bald 20.000 Leute. Der ist tatsächlich erst letztes Jahr im Mai gekommen. Da hat es angefangen mit Auto Leberkäse und ich habe es alle ausgeflippt. Ich mache ja schon viel länger Sachen. Ja. Aber es ist halt erst jetzt ausgeflippt. Und dann haben wir immer noch konstant 300 Leute, hat es lauter Verrückte. Herr Fendt, merci für dein Twitch-Follow. Kartoffelkrieger, wer bist du? Achso. Birger, was vapest denn du? Ich weiß jetzt nicht, ich bin noch nicht so lange Vaper, dass ich jetzt sagen kann, was du da genau meinst, aber es ist ein Pfefferminz. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? KAF der Aboa Woaim. Alter, bist du bescheuert? Um das wieder in den Wörtern der Österreicher zu sagen, bist du deppert? Smitty, Dingsbums, was weiß ich, du spinnst du heute. Du, hör sofort auf damit. Ich darf liegen, wenn ich sage, das mag ich nicht oder sonst irgendwas oder was auch immer. Alter, ich weiß aber nicht, was ich bei dieser Menge, dann bei dieser Summe, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Haben wir schon wieder so weit wie gestern. Herr Smitty, ich hoffe, jetzt muss ich deinen Namen aussuchen. Ne? Das hilft nicht. Muss ich deinen Namen aussuchen? Du brauchst jetzt gar nicht umeinander. Ich kann vor lauter, ich hab bloß den 5er und den 0er gesehen. Kruzifix. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ein herzliches Dankeschön. Merci. Fuck, Alter. Herz bitte auf damit. Das ist was, ich darf liegen, wenn ich mich nicht drüber gefreien darf. Das ist ja wohl eh klar. Aber ich lege sehr viel Wert darauf, dass das da alles kostenlos und ohne mit Werbung zugeschissen wird und was weiß ich was. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Fuck, merci. Da kriege ich ein paar Warme bei uns beim Metzger meines Vertrauens, nämlich exakt 50. Merci. Fuck, merci. Was soll denn das? Hör auf damit. Du spinnst. Was, der Herr Dullinger, ich war mit 4 Stunden und hab mit dir im 1080 gearbeitet. Was? Mal sagen was? Ich bin immer noch... Ich habe erhöhten Puls. Entschuldigung, mir hat gerade jemand, ja, ihr habt das ja alle mitgekriegt, ja, Grütze in Allfeier, bist du deppert. Was der man da jetzt? Ich darf jetzt da wirklich gern irgendwas dafür, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, weil ich völlig overwhelmed bin. Völlig overwhelmed. Herr Florian Eberl, der übrigens den Nachnamen meiner Großmutter trägt, erstmal fast Namensvetter, habe die Ehre. Nein, ich bin kein Bayern-Fan. Birger, du Radlertringer, kennst Trausteuer. Natürlich kenne ich Trausteuer und ein Radlertringer ist in dieser Community kein Schimpfwort. Eher du Gorsmaß, Hosenbiesler, saufst du bloß ein Gorsmaß, weil du der Ganze nicht schaffst. Birger, aufhören gibt's nicht. Jo, gibt's schon. Basti Stieb, also wenn ich Fußball schaue, ich interessiere mich allgemein. Smitty, ich vergunde das Birger, arbeite selber und das tut mir nicht weh. Herr Smitty, ich weiß nicht, was ich sagen soll, du kriegst einen Ehrenplatz. Du kriegst einen Ehrenplatz in mein Herz drin. Da werde ich mich forever dran erinnern. Du musst bloß mit demselben Namen online kennen, weil ich wechseln werden den Namen alle 5 Minuten. Und dann stehe ich da und komme in den Maß. Birger, wann kommt denn das nächste Video? Herr Maxi Strahl, jetzt hat das letzte Video schon 3 Wochen gedauert. Ich muss aber auch allerdings ganz ehrlich dazu sagen, das Video hat deswegen so lange gedauert, weil keine Ahnung, das Raucher aufhören funktioniert nicht so stressfrei. Und ich war eigentlich nur den ganzen Tag lästig und niedergeschlagen und Arbeit war auch krass. Wir haben ja die meisten Wissens. Ich habe einen Skate-Shop und wir sperren zu.
Und dementsprechend haben wir einen Ausverkauf und das war seit Mitte Dezember extrem stressig. Dementsprechend stressig war es auch die 2 Videos zu machen, wie, was ist gekommen, der Gickerl und Silvester, wo Silvester auch voll eskaliert ist. Das hat mich auch narrisch gefreut, das war saugut. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt machst du mit 2-3 Wochen gar nichts, hörst das Rauch auf und dann war ich immer noch wurdig und gestern habe ich jemanden gefunden, an dem ich meine Wut auslöse. Und ihr habt das ja offensichtlich ganz gut aufgenommen, weil so wie ich sehe, haben das jetzt 12.000 Leute geschaut. Die Leute, die meisten schreien mehr von dem Format bitte und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, was ihr von dem allgemein Kruzifix-Format haltet. Aber wahrscheinlich wird es schon passen. Ich muss jetzt in Zukunft bloß ein bisschen besser aufpassen, dass ich keine wirklich ohrreidigen Beleidigungen gegenüber anderen leider außerhau. Weil das einfach zu riskant ist. Ich habe jetzt keinen Bock, dass wir meinen YouTube-Kanal sperren. Ja? Aber ich werde schon so viel durchdrucken und an der Grenze des Vertragbaren so weit ohne Schnufeln wie ich kann. Ja? Servus aus Nemberg, du bist der Hammer. Herr Christian Tust, es ist zu viel des Lobs. Grüß nach Nemberg. Ich muss jetzt einmal vom fucking Kaffee trinken, aber sonst ist es kalt, dann ist da nichts mehr. Der Herr Dullinger war ein paar Mal im Internet, den hat 4 Stunden mit mir geglaubt. Ich hab's vorher schon gelesen. MFG Matrixia One. Merci für das Abo. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich sag das, wie es ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Ramona fragt, kommt 2018 wieder nice Merch? Ja. Also mit Sicherheit, wenn man irgendwann danach isst. Das Problem ist, das kann ich ja jetzt einmal schnell sagen, was ich eigentlich vorgehabt hätte für die im letzten Livestream nicht da waren. Weil das machen wir gerne mal im Livestream oder eigentlich nur im Livestream, wenn ich irgendwie über Merch rede oder sonst irgendwas, weil ich meine Videos weder mit Werbung zuscheißen möchte, nur irgendwas anderes, so wie das alle anderen lernen, weil mir das selber nur auf den Sack geht und fertig. Wer sich wirklich dafür interessiert, der kriegt es auch so mit und kauft sich sowas dann auch und fertig aus, Amen. So, jetzt muss ich da mal ganz kurz schauen. Merch, da muss ich umschalten, jetzt pass auf, Test und so, ja genau. So, pass auf, wir haben da letztes Mal ja ein T-Shirt gemacht, ein T-Shirt mit Ü. Und da haben wir gemacht, da, hier, kann man das lesen, ich blende mir jetzt noch mal ganz kurz aus, Cam den mal weg, so. Burgfotzenzeit, das kommt quasi, hätte vorne aufs T-Shirt aufgekehrt und dann haben wir hinten, so wie so Band-Shirts manchmal gemacht sind oder so Tour-Shirts. Das war Birger Codex Tour 2017, Weißbier, Leberkäse, Burgfotzen, Weißwurst, Lederhosen, Fleischspatzen, Volksfest, Radler, Dirndlblas, muss ich Saumaschine aufzwicken, warten, Gosmos. Und damals, wenn wir das gemacht haben, da waren wir gerade 16.000. Hoppala. 16.000 Abonnenten. Jetzt haben wir fast 19. Und 2017 ist ja auch vorbei. Nur ist das Problem, ich kann diese Firma nicht beauftragen, dass die was vorn und was hinten drauf drucken gleichzeitig. So, und jetzt hat sich das natürlich dann in Luft aufgelöst. So viel dazu. Das war's wieder mit dem Merch, hat sich schon erledigt. Schau dir mal das neue Dicht- und Ergreifend-Lied an und reagier drauf. Vielleicht hebe ich mir das aber für die nächste Kruzifix-Folge auf. Wer weiß das schon. Das ist übrigens eine gute Idee und das werde ich mir jetzt auch sofort aufschreiben. Die mich kennen und schon länger dabei sind, wissen ja, dass ich vielleicht ein Problem habe mit Dicht und Ergreifend. Zu dem Zeitpunkt, wo sie mich abgelehnt haben, war ich noch so klar, unbekannt und überhaupt und sowieso, dass man da gern sagt, geh weg, interessiert mich nicht. So, mittlerweile ist das aber nicht mehr so. Und deswegen werde ich die Geschichte erzählen. Und ob denen das gefällt oder nicht, das ist dann eher ein Problem. So. Da muss ich gleich mal aufschreiben. Kruzifix. Dicht und ergreifend. Schöner Vorschlag. Wer hat den gebracht? Muss ich noch mal lesen. Also, den hat eigentlich keiner gebracht. Also, doch eigentlich ja schon. Weil irgendjemand hat geschrieben und reagiert drauf. YouTube-Star wie Dagi. Was machst du jetzt, nachdem du deinen Laden zugemacht hast? YouTube-Star wie Dagi B. Ja, da ist da fein noch 3-4 Nuller hinten an die Abos. Nein, wir machen nur noch online. Das so ist. Also, kein Mensch ist irgendwie arbeitslos oder sonst irgendwas. Wir machen nur noch online. Das machen wir seit 5 Jahren, seitdem wir offen haben. Und na bitte, Sepp, hör halt auf. Nicht neben dem Leberkäse, Sepp.
Mausimo. Oh Gott. Also, ja, nix. Wir machen bloß noch online. Das machen wir seit 5 Jahren nebenbei vom Geschäft und das nebenbei ist halt einfach das Hauptgeschäft geworden. Und da brauchen wir nicht schmatzen, dass der Onlinehandel wahrscheinlich größer wird als ein Geschäft all in scheiß Landau und dass wir unsere Arbeitszeit nicht in dem Geschäft verhammen, in dem es uns nie schlecht gegangen ist, muss man auch dazu sagen. Die meisten meinen natürlich, oh, warum ist das Geschäft nicht? Oh, die super gescheiten Leute wie auf der Straße, die haben bombengeil. Ja, ist das Geschäft nicht gescheit gegangen, okay? Ein Geschäft und in Landau, aber wir sollen das gehen. Und dann aber daheim sitzen und umeinander jammern, ja, ich muss mir Hosen kaufen, ich weiß überhaupt nicht wo. Ja, dann muss ich dann mal aus dem Haus rausgehen, muss ich dann mal schauen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ich weiß es nicht. Oft einmal weiß ich es nicht, aber oft einmal ist es auch schon. Und ja, schreibt mir da der Schofal-Boogie. Was ist denn der Schofal-Boogie? Irgendjemand hat vorher schon was geschrieben mit dem Schofal-Boogie. Jetzt schreibt mir gerade ein Kumpel mit dem Schofal-Boogie. So, schauen wir mal, was der Schofal-Boogie ist, damit wir es alle gleichzeitig herausfinden. Schofal-Boogie. Was ist der Schofal-Boogie? Wahrscheinlich wieder was. Ach so, das ist das neue Lied. Um Gottes Willen. So, das schauen wir nicht an. Ich will es nicht. So. Birger, wie stehst du zu einem guten Pilz? Ja, ein gutes Pilz kann man schon trinken, ja. Aber wenn was anderes da ist, dann trinkst du was anderes. Schaust aus wie ein Radlertrinker. Herr Knoblich, das ist das Schöne. In dieser Community, in diesem Zusammensein der geilsten Menschen der Welt, ist Radlertrinker keine Beleidigung, sondern eher der Gasmausdringer, der einfach kein Ganze nicht schafft. Das ist eine Beleidigung. So, kommst jetzt du aus Nieder- oder Oberbayern? Herr Lanzl, ich komme selbstverständlich aus Niederbayern. Verstehen Sie mich? Was, Birger, Oettinger oder Stiegel? Weiß nicht. Bei beiden haue ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie. Der Herr Bauer schreibt, hey, wann kämen wieder Raps? Oh Gott, das ist momentan ein bisschen schwierig. Musikalisch engagiere ich mich momentan überhaupt nicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass diese Down-Phase irgendwann mal aus dem Nichts vorbei ist, aber ich bin halt einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Jetzt ist ein How-To schon viel Arbeit. Ich weiß schon, ich mag nicht den ganzen Tag umeinander jammern. Oh, das ist so viel Arbeit. Das weiß ich selber, dass viel Arbeit ist. Das wisst ihr mittlerweile auch ihr. Gott sei Dank. Um das geht's nicht, aber wenn ich da jetzt halt auch noch Musik mache, da steckt nochmal 180.000 Mal mehr Arbeit wie in allem anderen drin, dann kriegt ihr von mir alle 3 Monate mal ein Lied oder ein Video oder sonst was, weil ich keine Kohle für ein Studio habe oder sonst irgendwas, sondern alles allein mache. Alles. So. 300 Daumen hoch für Birger, schaffen wir das, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Daumen nach oben haben wir. Wir haben auf alle Fälle immer noch 275 Leute, das ist relativ konstant nach der ersten halben Stunde. Ihr seid die geilsten. Ihr seid die geilsten Affen, die umeinander rennen. Das ist ein Wahnsinn. Und 200 Likes auf dem Video und... bist du depp. Ich weiß, ab und zu... Also, wir Bayern, muss man jetzt schon einmal sagen, wir haben ja schon ganz schön geil. Und wir haben ja gerne einmal arrogant und das ist okay. Aber die Österreicher haben schon auch geil. Manchmal war ich gerne Österreicher. Gibt es irgendwas Geiles, wenn ein Weiberleid einen Österreicher Dialekt hat? So einen richtig geilen... Kruzifix, die schmatzt, die sagt zu dir, weiß ich nicht, die kann sie nicht nachmachen, ich bin ja kein Österreicher nicht, die sagt zu dir, ja, servus, grüß dich Gott oder was weiß ich nie, und bam, hast du Zeit in den Hosen. Du kannst du machen, was du willst, bam, hast du Zeit in den Hosen. Bin nur über Twitch drin, weil ich nebenbei zock. Herr Moritz, da haben Sie recht. Gibt's übrigens, was? Der Boris Blut schreibt, 99,5 musst du aber noch machen. Das machen wir auf alle Fälle noch, ich hab bloß immer noch nicht erörtert, auf welche Art und Weise, so wie ich es angefangen habe, oder warte mal, ich zeige euch die 2 Gerätschaften da hinten. Oder sagt ihr bei die 2 Gitarren da hinten? Ja, kann man die singen? Ja, die kann man singen. Oder so, was deutlich zugänglicher ist als Rap-Musik. Weißt du, das ist auch wieder typisch, so haben wir halt in Bayern. Oh, was ist denn das für Musik? Ist das der Bürger mit seiner Negermusik? Ist das der Bürger, dem sein Gewand alles zu groß ist? Ist das der das Kappe so schick auf hat, so scheps hinter? Das sind lauter Typen mit einer Negermusik, das ist ein Wahnsinn. Ja, weißt du was es ist. Schauen wir mal. Ganz ehrlich, ich werde niemals ändern. Ich mache nur, was ich Bock hab. Dann ist der Lupo schreibt, Meinung zum Pipo. Die gebe ich auch irgendwie in jedem Livestream kund. Wenn du mich fragst, ist er der Erfinder und der nahebringendste Mann am Platz des bayerischen Raps. Mit seinem Kollegen Liquid vor allem miteinander. Er ist im Prinzip für die neue Generation der Hans Zöllner, wenn du mich fragst. Bibo, bombengeil, kannst du sagen, was du magst. Andi LTZ, kannst du Quetschen spielen? Nein, kann ich nicht. Findest du einen bayerischen Wald geil? Bis auf die Sprache teilweise. Ja,
Was ist die beste Barbecue-Sauce? Herr Grimm, das ist eine Frage, da kann ich nicht ausweichen. Das hast du jetzt wahrscheinlich gerade einen Fleischbatzen angeschaut. Oder mein Senf-Unboxing-Video. Behindert, dass sie das anhört. Senf-Unboxing-Video. Was rede ich denn? Bullseye. Original, nicht mit irgendeinem Scheiß drin. So. Was sagst du denn zu Nintendo Labo? Was ist ein Nintendo Labo? Ich muss ganz ehrlich sagen, den letzten Nintendo, den ich besessen habe, war ein N64. Seitdem mag ich mit Nintendo nichts mehr zum Tor haben, weil das einzige Gute, was auf die Welt bringen, ist Zelda. Und das neue Zelda, Entschuldigung, was jetzt gleich kommt, das ist die schlechteste Zelda-Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe alle gespielt, alle. Ich habe alle durchgespielt, die es gibt. Alle. Vom Gameboy 1991 bis heute. Alle habe ich durchgespielt. Und das neueste Zelda ist das schlechteste Zelda, das ich jemals gesehen habe. Das war auf weniger als ein Wochenende durchgespielt. Das war wirklich erbärmlich. War das wirklich. Wärst du oft erkannt auf der Straße? Herr Erhard. Tatsächlich mittlerweile ja. Vor allem bei mir im Geschäft drin und beim Unterwegssein tatsächlich ab und zu ja. Da bin ich ja jetzt mal, bin ich noch so unvorbereitet drauf, dass ich jetzt mal nicht weiß, was ich sagen soll. Da rennen, letztens keine Ahnung, gehe ich bloß von Geschäft zu Geschäft mehr oder weniger über die Straße, rennen mir 3 Mädels hinten nachher und schreien immer, Birger, du bist ja der Birger, oder? Und ich so, ja. Und dann war lecker, voll geil und so weiter, was weiß ich, und zeigen und glauben, darf man ein Foto machen? Dann bist du noch voll lachen müssen und gesagt, ja, freilich darfst du das und bla bla bla. Das war, keine Ahnung, das ist sehr, es ist nur sehr komisch, das außerhalb von der Kamera zu machen, ja. Da bin ich vielleicht auch nicht so sprachfreudig. Der FX Premium, wann gibt's mal wieder einen Bavarian Zap? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich bei dem aktuellen Status meines Kanals mit einem Bavarian Zap einen Strike kriege. Und ich habe echt keinen Bock, dass deswegen mein YouTube-Kanal gelöscht wird, im Prinzip. Das war nix. Weil es jetzt schon ein paar Mal lese, schreiben, bitte machen wir ein Auto-Schafkopf. Das wird zu lang, Männer. War das Warten schon so schwierig zu erklären. Da habe ich auch einen übelsten Hund eingehauen, aber den hat den Herrn eh bloß einer von 100. Jetzt muss ich kurz mal rauchen, sonst lässt der Nikotinspiegel nach, verstehst du mich? Dabei könnt ihr mir hier sämtliche Fragen stellen, was schon immer wissen wollt. Was ist der Lieblings-Zelda? Meins ist Skyward Sword und Ocarina of Time? Selbstverständlich Ocarina of Time. Und eigentlich, wenn es etwas Retro sei, darf dann A Link to the Past. Was wirklich das erste richtig krass, das beste Spiel eigentlich auf dem Super Nintendo war. Neben Secret of Mana. Oh, der Wolf fragt, was ist denn bitte ein Bavarian Zap? Dann gibst du jetzt einmal bei YouTube ein Bavarian Zap. Und schaust dir die 5 Teile, die es gibt. Und dann kommst du wieder und dann sagst du mir, was du davon gehalten hast. Herr Wolf, okay? Reagier mal auf ein Münchner im Himmel, bitte. Das kenne ich schon so lang und so auswendig und Ding, da sitze ich bloß da und habe ein Grinsen im Gesicht. Der Herr Reitschler, der halbe Bier. Gratulation. Lern mal, was Stuas-Steirisch. War mal gespannt, wie das bei dir sich anhört. Was ist denn Stuas-Steirisch? Was ist denn Stuas-Steirisch? Ich kann es nicht mehr lesen. Herr Gutter, merci für dein Abo an dieser Stelle. Hey Jackster, wie alt bist du eigentlich? Das will ich auch jetzt mal gefragt und jetzt mal sage ich irgendwas zwischen 12 und 46. Wo hast du, was hast du für ein Auto? Will ich auch jetzt mal gefragt, ein scheiß 40 Kilo. Meinung zum fränkischen Dialekt? Grenzwertig. Warst du schon mal in Augsburg? Ja, freilich. Kann mich bloß nicht mehr daran erinnern, ich weiß nicht mehr, was ich da tue. Also wenn ich die mal... Frau Gewalt! Was ist denn das bitte für eine Frage? Du kommentierst unter jedes Video, seit Anbeginn der Zeit. Du bist einer von 2, 3, 4 Handvoll Namen, an die ich mich jetzt mal erinnert und du bist jetzt mal da. Selbstverständlich darfst du mich auf der Straße so schmerzen. Bitteschön. Und natürlich darf man, wenn du ein Foto machen möchtest, dann machen wir ein Foto. Wenn das die neue Art der Unterschrift... Weißt du, was ich gerne mal dort hat? Weil ich halt einfach ein alter Lappen bin. Ich darf gerne mal ein Autogramm hergeben. Dann habe ich mein Life-Goal reached. Wenn mir jemand nach einem Autogramm fragt, sage ich, bomben geil, ziehe einen Stift aus, den ich natürlich nicht dabei habe, den müsst ihr selber dabei haben. Und dann, das würde ich geil finden. Das ist noch so ein Ding, da wo ich sage, 42K, was ist dein Ziel für die Zukunft? Wow, lecker. Ich muss den Namen, der Name bleibt mir jetzt halt auch schon wieder im Schild drin. 42K steht Fragen,
Mit Substanz. Und nicht, was ist dein Lieblingsbier? Bist du schon mit Bulldog gefahren? Warst du schon mal in Dorf ABC? Weiß ich nicht. Es ist nur noch die Frage, wie du mein Ziel meinst für die Zukunft. Wo? In meinem privaten Leben? Auf YouTube oder was weiß ich? Auf YouTube habe ich seit einer Woche eins. Bürger, Musik im Hintergrund war meines Erachtens nichts Falsches. Das ist korrekt, aber dann flaggt YouTube das wieder als Urheberrechtsscheiße und sperrt mir das Video. Was der man da rein? Irgendeine urige bohrische Musik, sucht man da mal was. Was? Bavarian Rap Support. Merci für dein Abo. So. Kinders, müssen wir jetzt nochmal hier. Damit ich noch mehr schreie, weil ich mich selber ja nicht mehr her. Weißt du, sehen, versuche ich ein bisschen zum Lispeln. Nein, ich versuche nicht zum Lispeln, ich versuche ein bisschen zum Flüstern. Ja. Hast du mein Autogramm schon geübt? Nein, das habe ich noch nicht geübt. Ich hätte einfach einen Pimmel drauf zeigen. Sag ich euch auch ganz ehrlich, wenn irgendjemand kommt und fragt mich nach einem Autogramm, dann mache ich ihm einen Pimmel drauf und schreibe Bürger drunter. Damit muss er rechnen. In welcher Stadt arbeitest du? Ich arbeite natürlich in Landau. Sebastian Steinmetz, Bürger, was geht? Du kannst meine Musik im Hintergrund haben. Stimmt. Dafür muss ich es mir aber zuerst komplett noch mit durchhören, weil ich nicht weiß, was da kommt. Da muss ich mir mal eine Playlist vielleicht zusammenbauen. Aber weißt du, wie wir das jetzt lernen? Ich drücke jetzt da einfach irgendwo bei Soundcloud auf, was weiß denn ich was. Was kommt, wenn ich eingebe bayerische Musik? Echte Volksmusik aus Bayern, bayerische Volksmusik, neue bayerische Welle? Nein, das mag ich alles nicht. Original Oktoberfest. Oktoberfest? Lass mal das drin. Das ist gut. Das ist gut. So. Gäuboden Volksfest 2018. Bist du da dabei? Das muss ich jetzt oben tun. Ihr müsst mich bitte darauf, weißt du schon? Ihr müsst mich bitte darauf hinweisen, falls die Musik zu laut und ich zu leise bin. Oskar, merci für dein Abo. So, kommt wer aus dem Bayerischen Wald? Also ich nicht. Mein Kumpel hat zu mir gesagt, ich soll beim Pausenverkauf eine Leberkasse kaufen und ich habe gesagt, ohne Ketchup, weil auch kein Ketchup mag. Aber nicht den Scheißtrick mag und haben am Pausenverkauf gesagt, mit Ketchup. Mann, wer frisst eine Leberkasse mit Ketchup, Mann? Warum tut denn das irgendjemand? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die komische Metzgerei-Fachverkäuferin, die fragt, mengen Sie Ketchup ein? Da wo ich frage, ja, Grütze, fix, wo haben wir? Bist du behindert? Polter deine Leberkasse und scheißt da selber ins Gesicht, was weiß ich. Jo. Los sollte das bleiben. Ja, dein YouTube-Kanal, also was dein Ziel ist, dein privates Leben ist dein S. YouTube ist ein Ziel. Letztes Mal hat jemand was geschrieben, kommentiert, irgendwann im Laufe der Woche. Wie soll man das sagen? Oder wie hat er gesagt? Du hast einen Play-Button verdient. Da habe ich mir geschaut, Play-Button? Ah ja, das sind diese Teile, die man kriegt bei so und so wie Abonnenten. Und das Ziel sind tatsächlich 100.000. Sage ich euch, freiweg außer wie es ist, 100.000. Und die kriegen wir. Dauert natürlich noch ganze Zeit lang, aber wenn wir mir im Jahr 20.000 Abos zusammenkriegen können, dann ist das absehbar. Vielleicht werden es natürlich schon mehr, wer weiß das schon. Es ist ja auch zu beobachten, dass das proportional immer mehr werden, ja. Also es ist ja völlig verrückt, dass 300 Leute zuschauen. Vor 2 Monaten waren es noch 100, ja. Dann waren es 200 und jetzt sind es 300. Das wird immer mehr und es wird immer mehr. Das Einzige, was ich so krass finde an der Geschichte, das funktioniert tatsächlich, obwohl ich nur Bayerisch rede, ja. Nur Bayerisch rede. Das heißt, jemand außerhalb von Bayern oder sehr wenig außerhalb von Bayern interessiert überhaupt, was ich tue, weil sie mich erstens nicht verstehen und zweitens, sie denken, was macht denn der da? Die können das nicht lustig finden, weil die keinen Plan von Leberkasse mit Weißwürst und Lederhosen und sonst was haben. Und ja, aber ich sage, wenn wir mir die krassesten Leute auf der ganzen Welt sind, dann kriegen wir mir 100.000 Leute in den Kanal rein. Und da bin ich gespannt. Das ist der Ziel. Natürlich ist das Ziel sehr hoch gestochen. Aber think big. Heißt es so heute. Oder? Ja. So.
Wo sind wir? Weißwurstfrühstück, was hat denn der gemacht? Wer hat was gemacht? For the good old bear, how to Nudelsuppen. Bei der Nudelsuppen kann man nichts verkehrt machen. Du nimmst da Wasser, schmeißt Nudeln rein, fertig. Hey, Österreicher, verstehen die auch? Ja, ist eh klar. Wenn ich sage Bayern, meine ich immer Bayern, Österreich und die rechte Seite von der Schweiz gleichzeitig. Ja? Ja, müsst ihr wissen. Hat's ja nicht zum ersten Mal da. Ha? So. Heimatliebe auf Soundcloud ist auch ganz geil. Ich höre gerade tatsächlich selber nicht die Oktoberfestmusik, wenn es wirklich zu irgendeinem penetranten Bullshit ausufert, dann müsst ihr es mir bitte sagen. Ich mag jetzt mein Headset nicht aufsetzen. Ich finde dein Humor so dermaßen gut, sitzt drin vor lauter Locher vorm Handy, scheißt da selber ins Gesicht gelegt. Conny, da weiß ich jetzt nicht, Conny sind bei uns das Mädelsnamen. Wenn sie Mädels über diese Witze totlachen, dann geht mir das Herz auf. Falls ich da jetzt was falsch sage mit Mädel und du bist kein Mädel, dann meine ich das natürlich nicht so, ja? Ja. Weißt du gern Kofer? Ja. Magst du Asphalte? Weiß ich nicht. Was hältst du vom alkoholfreien Oettinger Radler? Nochmal in dieser Community, wir lieben den Niederbayern. Ist Radlertrinker kein Schimpfwort, sondern eher, du Gorsmaß-Trinker, saufst du bloß Gorsmaß, weil du das Ganze nicht schaffst. Kingsway, YouTube als dein zweites Standbein? Nein, das nicht. Das ist nicht mein Ziel. Ja, ich sage jetzt, also das Ziel, das setze ich nicht als Ziel, dass ich irgendwann nur noch YouTube machen möchte. Ja, hallo, ich bin auch älter. Ja, irgendwann, wenn ich mal 40 oder 50 bin, dann mag mich da keiner mehr sitzen sehen. Ja, glaube ich zumindest. Ich werde wahrscheinlich noch da sitzen und werde Blödsinn machen, weil das nie aufhört. Jetzt bin ich eigentlich alt genug, da wo andere Leute schon 2 Häuser gebaut haben, sie 3 Mal scheiden haben lassen und 25 Kinder von 3 verschiedenen Frauen haben. Aber, und ich sitze immer noch da und mache irgendeinen Blödsinn und zock und habe aber trotzdem eine Freundin in einem Haus und was weiß ich, was soll ich sehen. Dass sie das alles ein bisschen anders machen wie alle anderen, das wissen die meisten. Und dass ich wahrscheinlich später auch mehr noch das ist, aber ich habe nicht das Ziel, dass ich nur noch YouTube mache. Das möchte ich auch gar nicht, weil dann der Spaß verloren geht. Dann muss ich, also dann kann ich nicht mehr oder mache nur noch, wenn ich mag, sondern dann muss ich und dann kommt dann nur noch Scheiße raus. Ja, dann, was weiß ich, was ich dann dort hat, keine Ahnung. So, irgendjemand hat mich vorher gefragt, wer der Reisinger ist. So, also, das Gaibon-Volksfest soll ja jeder kennen. Gaibon-Volksfest, zweitgrößte Volksfest, was wir bei uns da haben. Ich glaube sogar das zweitgrößte Volksfest in ganz Deutschland. Gaibon-Fest ist das Volksfest in Straubing, was traditionell immer so im August ist. Mitte August, also fett im Hochsommer und so und wirklich eins. Das hat die perfekte Größe, wie soll ich sagen? Das Volksfest ist genau, das ist so groß, dass es richtig geil ist, aber einfach nicht zu groß, dass die ganzen Preisen im Umkreis so zirkt wie das Oktoberfest, was kein Volksfest mehr ist, sondern einfach nur eine asozialen Veranstaltung von Asoziale für Asoziale, wo man nicht hingeht als normal bayerisch denkender Mensch. Und der Reisinger, das gibt, lasst es mich nicht liegen, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig auf die Schnelle auswendig, aber ich glaube, es gibt 5 Zelter in Straubing. Wie die jetzt genau heißen, weiß ich jetzt auch nicht, ist mir jetzt auch völlig wurscht. Aber eins davon heißt ja das Reisinger. Gehen wir ins Reisinger, so heißt halt das bei uns. Und der Reisinger hat jetzt angekündigt, dass er im Volksfestzelt, und das ist ja die Krux an der Geschichte, ein Gasmaß einführt. Und deswegen habe ich gefragt, soll wir zuerst den Oktoberfest Curry King Seppen zerstören? Oder ein Reisinger? Ja. Das muss ich mir übrigens auch noch in meine Ideenlisten schreiben, bei Dicht und Ergreifend fangen es auch noch. Das lasse ich mir nicht nehmen für diese Abfuhr, die mir damals erteilt wurde von Dicht und Ergreifend, dass jetzt soweit ist, dass die einer Fett wegkriegen. Schauen wir mal. Andi, der TSV Pilzding. Da habe ich mal gespielt. Das ist aber lang her. Es ist lang her, da war ich noch ein Bub. Magst du Lenzi und die Buben? Kenn ich nicht. Lenzi und die Buben kenn ich nicht. Kennst bestimmt auch Farmer von Kasam Lewis, Bürger trinkt Radler. Ja, ich stehe dazu. Und ich stehe dazu. Radlertrinker ist in dieser der besten Community der Welt keine Beleidigung. Ich sage es jetzt schon zum 28. Mal, aber das ist mir wurscht. Stehst mir. Gerade weil ihr Gasmaß trinken, keine ganze Masse nicht schafft, müsst ihr euch aufs Radler herablassen, was ja so schlecht ist. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht von der Arbeit, das stellst du dir einmal vor, du bist in der Arbeit. Ja?
Mag vielleicht auch sein, ihr hat's noch nicht alle in der Arbeit, ist ja alles legitim, viele gehen noch in die Schule. Aber dann mal so ein richtig scheiß asozialer Tag, keine Ahnung, mit Nachmittagsschule und was weiß ich, was alles für einen asozialen Scheiß. Du bist voll im Arsch und nach der Arbeit du hast dich körperlich voll ausgehabt und hier, da geht's los und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Weißt, dann habe ich noch keinen. Nobody ever, niemand jemals ist heimgekommen nach einem harten Tag und hat gesagt, oh lecker, so ein Gussmaß war jetzt geil. Kein Mensch jemals. Aber das mag ich keiner wahrhaben, ja. Der Bavarian Rhapsody, also da, ich als Alban und Verankerter in der Hip-Hop-Szene hab schon aus dem Grund einen Hass auf die Dichtes. Also da krieg ich schon einen Hass, wenn irgendjemand zu denen Dichtis sagt. Die Dichtis. Totale Vollidioten sind's. Vor allem einer von die zwei. Den Schlaganfall kriege ich mit denen zwei, Kasperl. Leon Bogi, merci für dein Twitch-Follow. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen beruhigen. Ich habe gestern genug geraged. So. Jetzt am Teufel ist der Brandlhuber-Muck. Wer hat jetzt da gerade was? Schmidtbuhr, jetzt habe ich gerade so ausführlich erklärt, wer der Reisinger ist. Jetzt mag ich nicht mehr. Ja, Herr Pöschel, das mag sein, dass du eine ganze Gasmaß schaffst. Ich rede aber auch von einer scharfen Maß und nicht von einer Gasmaß. Birger, bist schon mal Olympia gefahren? Nein. Der Reisiger hat doch recht, mit der Gasmaß musst die Bedienung nicht so viel schleppen, bis alle die Birnen voll haben. Was? Wer bitte hat denn von einer Gasmaß schnell einen Rausch wie von einer Vollbiermaß? Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Oh mei, oh mei. Ganz im Gegenteil, er verkauft mehr, weil die Leute nicht besoffen werden. Das ist der springende Punkt. So, irgendjemand hat jetzt da was von Warhammer geschrieben. Ist Warhammer mittlerweile schon was weitergegangen? Chris aus Salzburg. Bianca Hautz. Ah, ich erinnere mich, wir haben da, ich war so fasziniert von einer Frau, die sich für Warhammer interessiert. Da waren wir, jetzt pass auf. Allerdings weiß ich nicht mehr, was wir geschmatzt haben, wo es weitergeht. Also ich habe seitdem nichts mehr da, außer, dass ich alle wunderschön in einer Glasvitrine eingerammt habe und Ding, warte mal, ich tue das mal da rum dran, kommt das rum dran, da, ja, aber da sieht man ja auf die Entfernung nichts. Warte mal, da, steht das in der Glasvitrine drin, aber, ja, das ist jetzt nicht, dass du sagst, dass ich irgendwas Spezielles da hätte. Jetzt muss ich die Kamera wieder hier richten. Mein Kaffee, der ist auch kalt. Raucher tue ich auch nicht. Na gut, Schatten auch nicht. So. Der Herr Pommer, ich bin schon dabei. Was? Ich bin schon seitdem du 500 Abos hast dabei. 500? Leg mir mal schon so 5 Jahre her. Warst du schon mal in Passau? Selbstverständlich. Da haben wir Besinnungstage. Weil Besinnungstage sind sowas Geiles. Wer von euch Besinnungstage noch vor euch hat, da kannst du Scheiße bauen ohne Ende, weil in der Regel der Religionslehrer mitfährt, der sowieso nicht ganz dicht ist und du da kannst, was du magst. Wenn du zu uns ins Dorf willst, kommst, dann kriegst du 3 Maß umsonst. Was habe ich jetzt da? Habe ich jetzt Kamera angehackt? Oder was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Oh, Kamera? Ja, so, passt. Alter geil, ich bin Betreuer beim TSV Pilsting. Was? Der Andi ist Betreuer beim TSV Pilsting. Dann kannst du nicht recht weit weg sein, weil ich wohne halt einmal in Landau und Pilsting ist 5 Minuten weiter da hinter und dann haben wir da. Mach mal Ursprungburm. Scheiß Ursprungburm, nein. Für wie viel Geld würdest du den Oktoberfest-Curry essen? Für kein Geld der Welt, lieber hau ich mir Bagel voll Zimmernägel in Tags rein. So, jetzt möchten wir es wissen, Jetzt möchten wir es wissen, was war da jetzt mit dicht und ergreifend? Herr Eigner, das erzähle ich in dem einen Video, das dann bitte jeder anschaut. In der Regel haben Wikinger rote Bärte, das stimmt. Minibur, merci für den Twitch-Follow. Warst du in TDO in Oberhaus im Passau? Warst du schon mal in Neuburg im Passau? Das weiß ich alles nicht mehr. Wo sind Besinnungstage? Habt ihr keine Religion? Die schlimmste Fach, also das einfachste Fach der ganzen Welt. Da fährt man doch in der 9. Klasse Besinnungstage. Da wirst du dann aufgeklärt und so ein Scheiß. Das ist so super geil peinlich. Gibt's sowas heutzutage nicht mehr? Ich weiß nicht, bei mir ist es 20 Jahre her. Oder 18 oder 15 oder so, ich weiß nicht mehr. Saft und Kiffen auf Tage der Orientierung und... Ich kann den Chat nicht mehr lesen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann den Chat nicht mehr lesen. Ich heiße auf YouTube Krampus Rammstein Feuerwehrjugend Mauterndorf. Das ist zu lang. Ist das vielleicht nicht selbst in den Sinn kennen, dass der Name vielleicht zu lang ist? Krampus Rammstein Feuerwehrjugend Mauterndorf. Warum Krampus, warum Rammstein? Wolfi4380a, kannst du einen Gaming-Kanal machen?
Das ist interessant. Das ist interessant. Da habe ich nämlich tatsächlich drüber nachgedacht. Ich war, so ehrlich muss ich jetzt auch sein, das soll jetzt keine Jammerei werden, aber das darf jetzt auch bloß der harte Kern hören, was ihr in dem Fall seid, weil ihr seid ja auch live da und die anderen, wie viel haben wir? 18.000 Leute nicht. Jetzt passt es auch. In den 3 Wochen habe ich tatsächlich einmal kurz daran gezweifelt, ob ich weitermachen mag. Mit dem da. Zumindest so regelmäßig, wie das jetzt letztes Jahr am Schluss aus der Fall war und jetzt dann hoffentlich wieder so wird und so weiter und so fort. Aber ich denke, ich mag was anderes machen. Mein absolutes Haupthobby in meinem Leben drin ist nun mal die Zockerei. Ja, ich spiele wirklich seitdem ich 4, 5 Jahre alt bin. Seit Anfang der 90er. Meinen ersten Gameboy habe ich gekriegt mit 4. Und seitdem habe ich nie aufgehört damit. Ja? Ich tue wirklich den ganzen Tag nichts anderes. Deswegen da ich so unfassbar gern diese Gaming-Inhalte, das Zocken und so weiter. Ich mag dieses Wort Let's Play nicht. Ja? Das ist einfach scheiße. Dieses einer sitzt sich hier, spielt einfach irgendwas und blub. Das mag ich nicht in den Kanal einbringen, weil ihr nicht da seid, wegen Zockerei-Sachen, sondern halt einfach wegen bohrischen Blödsinn. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das mache. Also, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, wie es jetzt der Wolf, glaube ich, war, oder wer war es? Der Wolfi, ich weiß nicht mehr, schreibt, einen Zockenkanal. Über den habe ich tatsächlich nachgedacht. Aber den habe ich noch nicht so verinnerlicht, dass ich es wirklich mache. Wenn ich dann nämlich 2 Kanäle habe, dann weiß ich, dass der da darunter leiden wird. Und das mag ich auch nicht. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das machen soll, ob ich es überhaupt mache. Was ihr davon überhaupt haltet, ist die Zockerei ein Ding, ist es nicht. Da werde ich vielleicht einmal so eine YouTube-Umfrage starten, schauen wir mal, was passiert. Und, yo, so. Was haben wir da? Birgelex, dichtes bzw. Mordsteppen, aber in Liquid magst du den und für Shots aus mit dem Gramson Monaco F Doppel-D. Also, Doppel-D kenne ich schon seit, glaube ich, 15 Jahren. Die haben mit mir schon, oder umdrehte, die haben ja älter wie ich. Ich bin mit denen schon ins Alcatraz, wer kann er kennen, ist ein Disco bei uns in Landau, die es schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Unten im Hip-Hop-Bunker unten, geguckt bei Freestyle-Sessions und was weiß ich. Da waren wir noch Hosenscheißer, da waren wir 15 oder 16 oder so, ja. Deswegen Doppel-D, geile Nummer, die sind die Urgesteine der bayerischen Hip-Hop-Szene, das ist alles völlig in Ordnung, die können einem auch nicht wegen so viel Scheiße bauen, wie es wollen. Die musst einfach mengen irgendwie, keine Ahnung. Aber ein Liquid sowieso und ein Biber auch, vor allem die 2 in Kombination, super geil. Aber ich habe einfach ein riesengroßes Problem mit denen dicht und ergreifend Idioten, weil die einfach kleidolieren, einer Zeiger schlecht ist. Ich sag's euch ganz ehrlich, was ich mir denke darüber, das ist die langweiligste Rotze, die ich jemals hören haben müssen. Irgendwann haben wir mal auf Prag gefahren, oder komplett 30er gefeiert und irgendjemand hat die ganze Zeit dieses Album von damals durchlaufen lassen. Ich bin da gekommen und habe gedacht, hey, kann man mir bitte was anderes ein, weil ich mir gleich Pulsadern aufschneiden, vor lauter, ich tue das weg, ich kriege einen Vogel, ist das schlecht? Und ja, aber Näheres dazu wahrscheinlich in einem Kruzifix-Video. So, jetzt muss ich da mal wieder oben scrollen, weil da so viel Zeit geschrieben worden ist währenddessen. So, was hast du für Dampfkompi? Ich weiß nicht, was ein Dampfkompi ist. Ich tue erst seit 25 Tagen dampfen. Ich habe mir so einen Torwab gekauft. Er erfüllt seinen Dienst. Funktioniert super. Ich habe seit 22 Tagen, jetzt haben wir beieinander 22 Tage, sehr exakt, nicht eine Zigaretten geraucht. Und das heißt für mich viel, weil ich normalerweise 1,5 8 Euro Schachteln rauche. So, ich würde sagen, du tust auf deinem Kanal beides. Halt Zocken und Lifestyle. Gut, das sagt jetzt jemand namens Proxys Gaming, sagt das natürlich so einfach. Dein Name sagt mir, du interessierst dich wahrscheinlich auch fürs Zocken und so weiter. Der Bavarian Rap Support schreibt, fuck Mordsteppen. Ja, unterschreibe da. Kannst du mit deinem Dampfer eure Ringe machen? Das können wir ausprobieren. Ich glaube nicht, aber das wird jetzt mit Sicherheit ziemlich peinlich. Aber schauen wir mal, warte mal. Ich muss sowieso einmal anziehen. Probieren wir mal Ringel zu machen. Ich muss es erstmal normal anziehen, ja. Dann stellen wir das einmal ein bisschen her. Kennen Sie da irgendjemand aus? Wenn ich da die Wattanzahl erhöhe, wird es dann auch mehr Rauch? Ich hab da keine Ahnung. Sieht man das? Da waren jetzt tatsächlich ein paar Ringel dabei. Warte mal, muss ich das Mikrofon schnell weg tun.
Ich weiß nicht, wie gut dass man das sagt, aber es sind schon so. Es ist so ansatzweise sind Ringel dabei, aber keine gescheiten. Ist mir jetzt aber auch zu blöd. Der Herr Höppelor ist auch immer noch dabei. Das ist auch Wahnsinn, seit wann du dort dabei bist. Vor 3 Jahren, wie ich zum Streamen angefangen habe, irgendwann mal. Nessie schreibt auch, die Nessie, der Nessie, weiß ich nicht 5 extra Kanäle, das ist genau das, was ich auch meine. Ich mag keinen extra Kanal. Warum einen extra Kanal? Ja. Der Liquid disst die Mordsteppen auch auf dem Bavarian Squad und nur eine Frage, was hältst denn du vom Maniac? Ich mag seinen, er selber, er ist ein sympathischer Typ, er ist irgendwie durchgeknallt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich kenne ihn nicht, muss ich auch dazu sagen, ich kenne persönlich leider Gottes einen Bibo und einen Liquid nicht. Oder noch nicht, ich hätte es fast einmal so mehr oder weniger kennenlernen können, weil mit der Kiste, den kennst du dann mit Sicherheit auch, der geile Quamper die auf, das darf ich sagen, das weiß ich, Kiste, warte für eine Kiste, falls ihr zuschaut, gibt's nur den da, der Quamper die Teufel mit der Glatzen, mit dem Vollbart in der Futzen, der bei beim Biber hinten hockt und stellt sich die halbe auf den Ranzen drauf, mit dem, der habe ich mal angeschrieben und mit dem habe ich mich super gut verstanden und dann war es irgendwie einmal so weit gewesen, dass wir uns treffen und mal was machen, aber das hat irgendwie nie hingehauen, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So, wie viel Liquid brauchst denn du am Tag und wie viel hast du die Torwab auf und wie hast du die Torwab eingestellt? Also ich habe eingestellt, die Torwab auf 70 Watt. Kann ich da was anderes einstellen? Falls ja, dann weiß ich das nicht. Und ich glaube, ich rauche ungefähr 10 Milliliter ich sage jetzt zwischen 6 und 12 Milliliter am Tag. Wenn ich viel vom PC sitze, dann schiebe ich mir das Teil die ganze Zeit ins Maul rein. Gestern war es zum Beispiel krass. Ansonsten, sage ich jetzt einmal, rauche ich wahrscheinlich 3 bis 5 eine Dipf, also 6 bis 10 Milliliter und da haben 2 Milligramm Nikotin drin. So, jetzt muss ich da nochmal weiter runterscrollen, weil ich nicht mehr lesen kann, was die Leute alles schreiben. Wir haben ja immer noch über 250 Leute, ihr seid ohne Scheiß der Wahnsinn und das nach einer Stunde. Nick Kumpf, merci für die Abo. So, Birger, Halle, habt die sauber geboostet in CSLO. Die Rocket League Session bis um 6 in der Früh war auch lustig. War leck, die habe ich schon voll vergessen. Wir waren da gleich nochmal dabei, da warst du dabei und war da nicht der Woody dabei? Oder war das der Aaron? Ich weiß nicht mehr. Geil. Die war wirklich geil, da ist schon hell geworden, das weiß ich noch. Da haben wir aber auch jetzt geguckt. Jetzt. Natalie Graber, merci für dein Abo. Hast du den Eimer mit Gigalosch gekriegt? Nein, der ist mir nie zugesendet worden. Mir hat auch nie jemand gefragt, wo er es hinschicken darf. Marlon Üffig, hab abonniert. Freut mich, danke dir. Wie viel Ohm hat dein Keul? Das weiß ich nicht, da ist ein Standard-Dings drin, aber pass auf, ich hab da tatsächlich noch die Anleitung liegen. Das kann ich da auslesen. Da bin ich sowieso interessiert dran. Ich habe ja erst durch jemanden, Mr. 8, Kevion, lernen müssen, was überhaupt der Coil ist und so weiter und so weiter. Woher soll ich denn wissen? Ich habe einfach den Kasten gekauft, nur beigeraucht, den Gel und fertig. Wenn du eine so hohe Wattzahl eingestellt hast, verbrauchst du mehr Liquid. Ja gut, das ist klar. Also das ist natürlich dann krasser, echt jetzt, mehr für die Abo, krasser verbrennt wird, das ist ja eh klar. Also das habe ich mir schon gedacht so. Mehr Strom, mehr Hitze, mehr Verbrenner, mehr Power. Da ist ja auch so ein Standardkopf drin, oder Standard, wie nennt man die Verbrenner-Dinger? Irit, Boris und du, merci für dein Abo und Sydney, Bruce, was ich, kann es nicht lesen, merci für dein Abo. Da steht aber auf alle Fälle, irgendwo habe ich mal nicht gelesen, 0,2 Ohm, kann es sein? Kann es sein? Macht das Sinn? Irgendwo ist da was gestanden, wie viel Ohm das dieser Verbrenner-Zeig da drin hat. Nein, steht nicht drin. Für alle, die gerade zuschalten, es geht da drum, so hier die Vapori... Verdampferkopf. Nehmen wir es Verdampferkopf. Ja. Ist in deinem Pfeiferler Weißwurstwasser. Das werde ich ausprobieren. Irit, Boris und du. Natürlich kenne ich die noch. Was ist denn das für eine Frage? Mag ich fast behaupten, ebenfalls ein Mann der ersten Stunde. Da ist fucking nochmal irgendwo dabei gestanden, wie viel Ohm das diese Köpfe haben. Beziehungsweise, ja, Obacht, das ist Spanisch, kann ich nicht, schätze Maximilian, merci für dein Abo. Da steht's. 0,2 Ohm Bobina de Algodon Organico. Also 0,2 Ohm. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich weiß, was Ohm sind, natürlich, aber
wie das im Verhältnis zu Watt und so weiter war, tut mir leid, da ist Physik zu lang her. 0,5 Ohm, eher 0,5 Ohm, nein, definitiv steht drauf 0,2 Ohm. Jetzt weiß ich nicht, ob da natürlich so, da ist so ein Ersatz, Achtung, ich mache da mal so, da ist das Zeug drin, da ist also bla bla bla. Und da ist so ein Ersatzteil dabei, so ein Ersatzbrenner-Ding. Das ist natürlich jetzt nur eingeschweißt. Da steht nur die Marke drauf und sonst nichts. Also keine Ahnung. In der Anleitung steht, es warten 0,2 Ohm. Der Don Promillo. Gibt es humoristische Vorbilder oder sowas aus der zum Beispiel der Comedy-Kabarett-Szene? Ja, also nicht, die haben allesamt nicht mehr, weil ich es alle schon so oft gesehen und Dings habe, dass ich es nicht mehr so lustig finde wie damals, aber wer maßgeblich an meinem Humor schuld ist ein Helge Schneider, dann in der jüngeren Zeit ein Serdar Sumuncu, der Hassprediger, und früher natürlich auch ein Michael Mittermeier, ja. Ich halte heute noch an Mittermeier sein Sept-Programm für das lustigste Stand-Up-Comedian-Programm, das jemals gemacht worden ist. Ja. Genau. Der Nico Michelon fragt, Birger, hast du Xbox? Nein, ich habe nur eine Playstation. 0,2 Ohm sind wenig, ein Widerstand verbraucht Strom und wird dadurch erhitzt. Okay. Solange es funktioniert. Freu dich auf deinen ersten, Dry-Hit. Vape On. Was ist denn ein Dry-Hit? Achso, ich kann mir vorstellen, was ein Dry-Hit ist, nämlich wenn ich aus Versehen nutze und kein Liquid mehr drin ist. Ja, das schmeckt geil. Das gespannt aber auch sehr schnell, was dann ist. Nämlich fast herkotzen. Der Fuchsi, merci für dein Twitch-Follow. Kannst du mal how-to-bohrische Lieder machen? Weiß ich nicht. Für das haben wir eigentlich How-to-Blows-Musik. Sebastian Hager, Schofalboogie. Mittlerweile weiß ich ja, was der Schofalboogie ist. Da der von den Dicht und Ergreifend Idioten ist, wird auf diesem Kanal niemals der Schofalboogie laufen. Außer in vielleicht einmal einem Kruzifix-Video. Die Liebe siegt immer. Sexy Anja. Ich weiß nicht, ob du ein Bot bist, aber wo du recht hast, hast du recht. Wenn du mehr über Dampf erfahren willst, kann ich dir Dampfpost Bavaria auf YouTube empfehlen. So hätte ich vielleicht einmal machen. Ich habe mich erst vor kurzem, weil ich hab einfach, also wirklich von heute auf morgen, wann war der Tag? Ja, heute vor 3 Wochen. Heute vor 3 Wochen, 3 Tage vor Silvester, Zigaretten weg. Ich wiederhole, 1,5 Schachteln am Tag. 8 Euro Schachteln am Tag, also gute 40 Zigaretten am Tag. Was hast du nicht mal ein Lied mit der Vanessa gemacht? Crocs Old Düffig. Ja. Wer bist du? Woher kennst du Vanessa? Beziehungsweise Pixen. Ja, das bin ich, falls du meinst. Richtig, echte Insider kennen das Problem mit Dicht und Ergreifend. Habe ich mich erst einmal ich bin eine junge, hübsche Dame. Wieso glaube ich dir nicht? Erlesen müssen, wie diese. Also ich hab dann einfach aufgehört zum Rauchen. Und ja, jetzt schreibt der Wadi auch, gell, Flo? Ich hab gewusst, dass du zuschaust, du Pimmelberger. Jetzt, wo es um seine Alte geht, da fragt ihr auch, wer er ist. Ja, und bin auf das Ding da umgestiegen. Ich hab mir nicht recht viel dabei gedacht, keine Ahnung, ich hab einfach Nikotinhaltiges, wo stark drauf steht, Liquid eingeschüttet habe, eingeraucht in Gel und fertig. Dann ist mir ziemlich schnell ausgegangen, weil ich bloß 10 Milliliter gehabt habe und keine Ahnung gehabt, wie lange das die Scheiße hält. Und dann hat mir ein Kumpel 3 sichere Flaschen da gebracht mit dem Zeug, was er hat. Und seitdem rauche ich das. Jo. Ja. Und dann wollte ich halt irgendwann einmal herausfinden, wie viel rauche ich denn jetzt eigentlich? Ist es mehr wie vorher oder weniger wie vorher oder gleich viel? Und dann habe ich mir das überhaupt erst einmal, wie soll ich sagen, erlesen müssen, wie das gemischt wird, wie viel Nikotin das da drin ist, wie viel das man überhaupt aufnimmt und den ganzen Scheißdreck. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, es ist wahrscheinlich ein total weniger wie vorher, aber nicht recht viel. Was ich jetzt rauche, so viel wie ich jetzt halt wegrauche. Ja. Ja. Fertig. Und morgen habe ich mehr oder weniger schon einen Termin in Straubing. Da fahre ich hin und da habe ich einen Gutschein zu Weihnachten geschenkt gekriegt von den Leuten von meiner Freundin und meine Freundin auch. Ob man beinahe den nicht braucht und den kaufe ich ihr ab oder vielleicht schenkt es mir ja, vielleicht hat es ein Herzl, ich weiß nicht, vielleicht schenkt es mir. Und dann werde ich mich morgen mal für gute 50, 60 Euro eindecken mit Liquid.
Nicht mit dem Rapper. Mit Liquid. Und zum selber mischen und so weiter. Dann werden wir das mal ein bisschen zwang lassen und so weiter und so fort. Und dann wird das schon hier haben. Die werden schon ein paar Tipps haben. Ich meine, die verkaufen das Zeug, das ist ein Geschäft nur für so Dampfmaschinen. Und die werden das schon machen. Und ich habe noch gute Bewertungen gelesen, dass die das da drin wirklich gut machen und so weiter. Klingt vernünftig. Bis jetzt bin ich sehr begeistert. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich 22 Tage ohne Zigaretten aushalte. Ja. Der Owi, habe die Ehre. Auch ein Mann der ersten Stunde, immer noch. Wann gehen wir ins Rezo? Darfst du mal auf mir unterschreiben? Was? Ich mag nicht ins Rezo. Da war ich das letzte Mal da war ich vor 10 Jahren schon der Veranstaltungsälteste und gleichzeitig Veranstaltungsvollste. Was ist denn dann heute? Dann geh ich als alter Opa rein. Was soll denn da drin? Hast du auch mal vor, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch YouTube-Kanal haben? 42K, das ist eine gute Frage. Das Problem da dran ist, da gibt es natürlich Grundbedingungen, damit ich mit jemand anderem was mache, die ich für mich selber stehe. So, erstens, ich bin jetzt nicht sehr interessiert daran, dass ich das mit irgendwelchen 15-jährigen Leuten mache, ja? Das ist jetzt überhaupt nicht best gemeint, aber ich bin halt einfach mal fast oder mehr oder weniger doppelt so alt wie die und irgendwie passt das nicht ins Battle, ja? Das passt einfach nicht. Das ist irgendwie seltsam, ja? Okay. Dann das zweite Problem ist, dass rein bohrische Kanäle gibt's keine. 2 weiß ich. 2 weiß ich, einer hat mehr oder weniger schon aufgehört und der andere wird momentan wieder ein bisschen größer, aber dann tritt wieder das zweite in Kraft, da habe ich das Gefühl, die haben halt halb so alt wie ich, die machen ein Ding, ich mache mein Ding, das ist halt irgendwas anderes. Also ich würde ja, wenn es andere Kanäle, die müssen ja gar nicht groß oder klar sein, wenn ich mag, was der macht, ja dann bitteschön. Ansonsten, ja genau, der Schwartl schreibt es gerade, es gibt den zweiten, wann machst du denn mal was mit dem Siffler? Das ist der einzige, da wo ich sage, ja, es geht in die richtige Richtung. Die Frage ist bloß, was? Ja, was möchtest du denn da machen? Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da irgendwie vor der Kamera sitzt und wirklich irgendeinen Blödsinn macht. Die Frage ist, was machen wir? Keine Ahnung. Hey, alt findet deinen Kanal geil. Herr Zeiner, merci. Zwischendrin habe ich irgendwo einen Wauzi gelesen. Wauzi, ich hab den nicht übersehen. Erstmal habe ich der Wauzi. Was schreibt er? Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Da bin ich ja noch älter wie du. Ja, das stimmt. Das glaube ich haben wir aber damals schon festgestellt. Ein bisschen, aber bloß ein bisschen. Wauzi, das ist aber auch gar nicht tragisch. Serie Bürgerschiene, Chris aus Österreich, deine Videos sind ein Traum, herrlich, taugt mir. Herr Bichler, das geht auch wie Butter, da geht's auch wie Butter, zwischen dem Bord durch, gefiltert, auch wie Butter. Merci, Herr Bichler, viel Spaß weiterhin. Rockmusik kannst du mit dem Süffler machen. Ja, zu zweit, oder was? Das ist übrigens also ein bisschen über den Süffler. Wenn er da war, würde ich mich gerne mal kurz darüber unterhalten, weil gestern habe ich ein paar so Videos von ihm entdeckt und habe mir da mal gezeigt, und habe mir das angeschaut. Der hat übrigens auch ein Video über mich gemacht, da wo er mich den bayerischen YouTuber nennt und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und mich mit dem Harry G. und dem Haider und wer war noch dabei? Den anderen habe ich jetzt leider schon vergessen. Auf einer Ebene schiebt schon bald oder quasi noch darüber hinaushebt, weil er immer sagt, der YouTuber und er macht nur Bohrisch und es ist sauer krass mit nur Bohrisch, so viel Leidereicher und so weiter. Ja, ich habe es auch nicht geglaubt, aber irgendwie geht's. Da habe ich mir gedacht so, schau mal doch mal an, was du so tust, weil du bist offensichtlich ein korrekter Kerl, du sitzt da toten, du kommst mir so nicht vor, als warst du erst 12 Jahre alt und so weiter. Und ja, da würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Ist ja wurscht. Andreas Bernetzer, wo kommst du her? Aus Sachsen-Anhalt. Kennst du einen CEO? Ja, genau, der CEO war's. Der CEO war der 4. YouTuber, der da mit dabei ist, mit seiner alternativen Person, da mit dem Sepp, wo ich kurz sehr lachen haben müssen, weil ich das noch nie gesehen habe und das macht er ganz gut. Herr Statzels, ja, natürlich kenne ich die. AK-Dude. Bürger, servus. Herr Höppler, Bürger, Double View Combo Breaker. Was ist ein Double View Combo Breaker? Bo, ich brauche mal wieder die SIP, weil ich einen neuen PC habe. Es gibt kein Teamspeak mehr, wir haben Discord. Wir haben so zu Discord gewechselt. Kostet nämlich nichts.
Breaking Bread, die besten Grüße aus Österreich. Die Grüße aus Österreich, die freuen mich über ganz furchtbar narrisch. Grüße aus Niederbayern. Wenn du schon Sepp Meier heißt, dann weiß ich automatisch, dass du ein Bayern-Fan bist. Versteht's einmal diesen Bayern, also diesen 60er-Kohlekamin, der da draußen noch mal im Grill steht, nicht falsch. Ja, den habe ich erstens geschenkt gekriegt und zweitens, ich bin nicht so der fußballfanatische Fan, aber wenn, dann ist halt Bayern nun mal blau-weiß und nicht blau-rot. Okay? Hamperer Hans, kennst du dicht und ergreifend? Die Frage kriege ich heute schon zum 40. Mal und ja, ich kenn's und sie sind beschissen. Warum, erkläre ich euch irgendwann anders. Servus. Bürger sagt, ja, nein, halt Discord, Double View, Wall, YouTube und... Ach so. Dann zählen ja die Zuschauer gar nicht. Wahrscheinlich sind alle in YouTube und Twitch, also haben wir bloß die Hälfte. Na, 16 Leute sitzen auf Twitch, über 200 knapp auf YouTube. Wir waren halt über 300 Leute, teilweise 310, 320. Es ist einfach zu krass. Es ist einfach zu heftig. Ich bin übrigens Herr Schätzl, Survival League, bin auch in Landshut in die Schule gegangen und zwar ins Berufsfachzentrum für Informatik. Ganze 4 Monate lang, bis ich festgestellt habe, da drin haben alle geistig behindert und dann habe ich Arbeiten angefangen. Dann habe ich festgestellt, ich bin geistig behindert und jetzt arbeite ich bloß noch halbtags. Beste Entscheidung meines Lebens. Kann ich nur jedem ans Herz legen, arbeitet nur noch halbtags, ihr kommt mit dem Geld ganz genauso aus, bloß ihr habt viel mehr Zeit für viel mehr Sachen und viel weniger Stress. I like. AK-Dude, normale Leute müssen nicht arbeiten, Bürger. Ja, da sag ich, aber hätte halt was Gescheites gelernt. Was kann nie dafür, wenn jeder, weiß ich nicht, der schulischen Empfehlung folgt und in der Sparkasse anfängt oder in der BMW am Bandel steht oder sonst irgendeinen behinderten Scheiß macht. Kann ich nichts dafür, tut mir leid. Wie bist du eigentlich auf YouTube gekommen? Eigentlich ganz einfach. Ich war schon immer videobegeistert, habe ich vorher schon mal kurz erklärt, das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Ich habe die Videokamera von meinem Pap schon mit 5 benutzt und habe das lustig gefunden, habe mich daran ergötzt, wenn sie das 2 Leute angeschaut haben und haben drüber gelacht. Dann habe ich YouTube gefunden und habe festgestellt, wow, da kannst du Plätzchen reinmachen und es sehen ungefähr 5 Millionen Leute. Saulustig, das machen wir. Alter, was will die sexy Anja die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat einen Schlaganfall. Lasst sie es. Das wird schon wieder. Vielleicht hat sie einen Oktoberfest-Curry gefressen, bin mir nicht sicher. Stefan Meyer, dere Bürger, wir blären auf der um Himmels Willen, was war denn das jetzt? Was ist denn das? Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Das war irgendein komischer Ton. Da wo ich mir nicht sicher bin, was das war. Das muss ich jetzt kurz überprüfen. Meine Herren, was war das für ein Ton? How to deiner Mamas Loh im Bett erklären. Da sagst du jetzt einfach. Du wolltest dich sexuell weiterbilden. Das versteht sicher. Mams haben Humor, auch wenn man es nicht meint. Vor allem, wenn es der Bub ist zur Mam. Das wird schon. Der Jonas Zehner fragt mich, was zockst du? Also momentan, ob man es glaubt oder nicht, ich weiß schon, die meisten werden sich jetzt gleich fragen, what year is it? Was tut der Mann? Ist er wirklich so? Ich habe das nicht mitgekriegt, aber ich habe tatsächlich Skyrim auspackt. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe fast die ganze Woche Skyrim gezockt. Skyrim Special Edition, den alten Spielstand wieder auf und die 2 DLCs durchzockt. Dawn Guard und wie heißt der andere? Dragonborn. Oh, weil ich das einfach noch nicht gemacht habe. Seit 5 Jahren liegt das umeinander, ich habe es noch nie gespielt und das habe ich das Wochenende gemacht. Und ich muss feststellen, 7 Jahre nach Release ist Skyrim immer noch ein sehr bemerkenswertes, ultra gutes Spiel. So schaut es nun mal aus. So. Ist aber schon wieder vorbei. Also Skyrim ist schon wieder vorbei. Dann habe ich mir eingebaut, dass ich Fallout 4 noch mal spiele. Habe ich aber auch keinen Bock nicht gehabt und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht so recht, was ich spielen soll. Wir spielen momentan auch wieder WoW. Was sich aber auch schon wieder legt, weil wir alles durch haben im Prinzip. Item-Level gelangt überall hin und der neue Raid und der alte Raid eigentlich schon wieder und was weiß ich. Ansonsten natürlich PlayerUnknown's, Battlegrounds, PUBG. Dann habe ich Hotline Miami mal wieder auspackt, was immer ein lustiges Spiel ist. Dann habe ich vor kurzem The Long Dark gespielt. The Long Dark. Das ist sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da bin ich dann übrigens auch auf den Gedanken gekommen, ich darf so gern Gaming-Inhalte machen. So gern Gaming-Inhalte auf YouTube machen, sei es im Stream, sei es nur auf Twitch, wenn es ums Zocken geht, oder halt Videos schnell zusammengeschnitten. Kennt irgendjemand es gibt ja in der Zeit, wo wir gewachsen sind, wo wir mehr Abonnenten geworden sind, gibt's ja, wie soll ich sagen, gibt's ja ein Zocker-Video. Es gibt ja eins, das habe ich miteinander mit der Freundin gemacht. Kennt das irgendjemand nicht? Herr Höppeler, Northgard habe ich schon gespielt.
Kenn ich. Finde ich auch gut. Milos Obradovic, wenn man den VIP-Ton noch nicht kennt, noch unschuldig. Was für ein VIP-Ton? Das ist jetzt nicht das, was ich meine, oder? Ganz kurz, meine Herren. Es geht gleich wieder weiter mit der Zockerschmerz. Ich muss jetzt ganz kurz was nachschauen. Wer war das jetzt, der das geschrieben hat? Und wer war das, wer das da hat? Möchtet ihr mir verzeihen, ich habe meinen ersten Subscriber. Are you serious? Bist du deppert? Herr Dietrich? Herr Dietrich? Ich hoffe, da steht jetzt nicht der echte Name dort. Ich meine, der steht ja für alle dort. Es ist nun soweit. Es ist mir eine Ehre, meinen ersten VIP zu begrüßen. Habe die Ehre, Herr Dietrich. Oh, da draußen schreit der Mieze. Moment, jetzt muss ich kurz die Mieze reinholen, weil sonst... Jetzt pass auf. Ich komme überhaupt nicht mehr mit dem Chat und so weiter. Jetzt pass einmal ganz langsam auf, das müssen wir alles Stückel für Stückel machen. Jetzt lasst mir erst einmal die Katze rein, okay? Lasst mir erst einmal die Katze rein. So, schaut's kurz aus, als deine UFO-Lampen. Ja. So, dann müssen wir wieder zumachen. Ja, ich weiß schon, warum deckt er das mit der Decke ab. Weil er nun mal seine Rollo kaputt gemacht hat. Dann steckt man das da rein. Warum holt's nicht? So. Und dann nehmen wir das da unten her. Und dann haben wir es schon wieder. So, wo ist der Herr Dietrich? Herr Dietrich, ohne Scheiß, das ist halt sowieso schon wieder sauber zu viel des Guten. Oh Gott, jetzt ist der Hund wach. Habt ihr eigentlich da schon jeden Minzi? Ich stelle vor, Mietsbatzen. Ja, die Katze heißt wirklich Mietsbatzen. Falls jetzt die Frage kommt, die kommt nämlich meistens. Wie heißt die Katze? Mietsbatzen. Dann stelle ich vor, der Plötze. Leute, die zocken mich, wissen, warum er Plötze heißt. Er da. Er ist der Plötze. Und, oh, die Emma schaut auch rein, ne? Moment. Seht man's? Da. Schaut ein bisschen unheimlich aus. Wie es einer schaut, aber sie schaut einer. Emma, willst du wieder bitte? Hm? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da soll. Also, wenn ich es nicht besser wissen darf, sexy Anja, dann darf ich jetzt sagen, du bist der Roli. Wenn ich da jetzt triff, dann okay. Wenn du nicht der Roli bist, dann ist es auch wurscht. Servus aus der Steiermark. Servus in Steiermark. Herr Hirsch. Das ist zu übertrieben. Dr. Hartwurst. Made my day. Der Dr. Hartwurst. Oh, ich glaube, es ist eine kleine Premiere. Die Emma hat sich noch nie vorgestellt im Stream. Emma. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Dann hilft's nicht. Und der Plötzlich kann jetzt da hinten so lange mal anschreiben, wie er mag. Ich mag jetzt nicht mehr. So. Servus, da ist ein Zuschauer, wo 3,4 Monate ist. Was? Was? Der Permok aus Heudelfing. Heudelfing ist nicht weit weg. Heudelfing ist wirklich nicht weit weg. Erstmal ein geiles Reisfleisch essen. Ein Hosentaschenfleisch ist geil. So, meine Herren, wir waren beim Kaffee. Jetzt haben wir erstmal einen Schluck Kaffee. Jetzt machen wir erst einmal alles ganz langsam. Ganz langsam. A nice life goal is reached. Ich habe meinen ersten Subscriber. Das ist der Matthias Dietrich. Oder verstehe ich das so richtig? Ich kenne mich nicht aus. Das VIP-Programm ist ja quasi... das ist ja ein monatlicher irgendwas. Du spinnst ja, wenn du mich fragst. Wir waren mal. Ah, jetzt beim Kaffee. Das ist nichts, das ist der mal weg. Was soll ich jetzt da sagen dazu, gell? Warum stehst du da nicht länger um? Muss ich mal schauen. Ja. Es geht um die Zockerei. Also, es ist ja eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Und ich darf so gern Gaming-Inhalte einführen. Was ich aber nur verstehen kann, dass das mindestens 80%
von euch Abonnenten, nicht sehen wollen, die typische Zocksach, Let's Play, ja, ich schaue mir sowas auch nicht an, ich speise lieber selber, ganz einfach. Oder im Stream das einbauen, so wie jetzt gerade, da war das, glaube ich, verkraftbarer, weil da kann einfach jeder zuschauen oder halt eben nicht, den das interessiert. Oder was ich mir halt auch schon mal gedacht habe, ist, dann mach doch diese Gaming-Inhalte nur auf Twitch. Was aber dann auch wieder bescheuert ist, weil dann 3/4 meiner Reichweite einfach gar nicht mitkriegt, dass ich es überhaupt tue. Und da mit Sicherheit Leute dabei sind, die sich das auch anschauen werden. Die das auch gern sehen werden und warum nicht. Der Jonas Zellner schreibt, freilich aber auf Borisch. Also das ja mal sowieso. Es wird nie wieder ein hochdeutsches Video auf meinen Kanal kommen. Ja, aber warum? Was soll das? Das wollen wir nicht. Soll halt mal jeder einer schreiben, ob ja oder nein. Da habe ich besser eine Idee. Umfrage. Ganz wichtig zum Wissen dabei ist aber halt, ich mag dann nicht nur noch Gaming-Scheiß machen, ja? Aber ich mag es halt einfach mal ausprobieren. Borisch Let's Play mag ich es auch nicht nennen, weil Let's Plays einfach nur langweilig sind. Flink, lustig zusammengeschnitten, so wie dieses Layers of 4 Video war. Das war der erste Test. Ich weiß nicht, kennt das irgendjemand? Oder sagen wir es so, kennt das irgendjemand nicht? Falls nicht, dann... Warum kommt mir nicht mehr in meinen eigenen scheiß Kanal rein? Kann man das irgendetwas sagen? Gut, C-Fix. Falls das irgendwer noch nicht kennt, es gibt ein Zockervideo, das gibt's. Es gibt 100.000 Alte, die haben alle Scheiße, die braucht sich keiner anschauen. Aber das eine ist, das heißt, Birger spielt Layers of 4 nur nach 10 Jahren anschauen. Mit Special Guest, wo ich mit der Freundin Layers of 4 spiele auf die Nacht. Und der Irit Borisch hat recht, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Langsam. Aber die bayerische Gemütlichkeit, die nicht existiert, ja. So, der Kaffee ist kalt, schmeckt futzengrob. Muss man noch einmal schnell reinrauchen. Der Lagi schreibt, mache ich einen zweiten Kanal mit nur Zockerinhalte. Nein, das mag ich nicht. Da weiß ich, wenn ich nur einen zweiten Kanal habe, dann konzentriere ich mich zu viel nur auf den. Da habe ich schon 100.000 andere YouTuber dran zugrunde gesehen, die dann den anderen Kanal wieder zumachen und im Prinzip alles umsonst machen und so weiter und so fort. Also wenn, dann kommt es auf diesen Kanal hier, aber auf welche Art und Weise, dass ich Spaß drauf habe, dass ihr Spaß drauf habt. Um das geht's. Ja? Mittlerweile haben wir doch so viele Leute. Schauen wir mal schnell, wie viele Leute das wir sind. Es blinkt doch alle 2 Minuten. Wir haben fast 18.900 Leute. Rechnen wir mal in T, 19.000. Wenn es so weitergeht, dann haben wir morgen 19.000 Leute. Mittlerweile funktioniert meine Aussage, ich mache bloß, wo ich lustig bin, auch nicht mehr so ganz, weil ich kann euch 19.000 Leute nicht wegignorieren. Das war halt einfach dumm. Der Halle 2 schreibt, Birger, jetzt zum 3. Mal, ich habe schon deine Gaming-Videos angeschaut, wie du gerade 3 Zuschauer auf Twitch gehabt hast und das war saugeil. Also bitte zock wieder, aber vor allem, weil das du möchtest. Die Nachricht kommt so oft, aber ich habe einfach zu viel Angst davor, dass einfach 2 Leute, nennen wir es jetzt einmal Bauerndimpfen, ja, dabei sind, die so, oh Gott, jetzt zockt er, und dann drücken sie im schlimmsten Fall noch auf die abonnieren oder reden halt nur noch Blödsinn oder sonst was. Also einen zweiten Kanal mache ich auf überhaupt gar keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall. Herr Schreuner, ich lese schon, dass du das 40. Mal schon fragst, wie es mit Annex läuft. Ich mag es nicht erwähnen, weil sie sonst Leute registrieren und es passiert nichts. Es kommt dann, wenn die Zeit reif dafür ist, okay? So. Bitte mach deine Videos weiterhin auf Bayerisch, lass dieses geschwollene Hochdeutsch weg. Natürlich, ich rede nicht Hochdeutsch. Wann reden die Hochdeutsch? Es wird nicht mehr passieren. Auch in die zukünftig vielleicht kommenden Gaming-Inhalte werde ich nicht Hochdeutsch reden. Gibt's einen Spieletester auf Borisch? Gibt's sowas? Nein, gibt's nicht. Sowas darf ich so gern machen. Ich kann zwar nicht gut schreiben, ich glaube, ich bin auch nicht der beste Redakteur der ganzen Welt, aber keine Ahnung, man kann es einfach einmal machen. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, ob es kann, wie sich das anfühlt. Ich habe Spaß dabei und fertig. Spieletests.
Spiele-Reviews. Das Einzige, was ich mir sparen möchte, ist Top-Listen. Ja, die Top 5 besten irgendwas. Sowas kann man einmal machen, wenn es wirklich nur persönlich um mich geht. Meine 5 Lieblingsspiele, irgend sowas. Schmied wahrscheinlich, machen wir einen Zwei-Fronten-Krieg gegen das Vollgerät. Nein, der Vollgerät tut er auf YouTube sowieso nichts. Der macht alle 2 Monate mal irgendein Video. Das ist doch auch völlig Banane. Soll er sein Gasmausfestel feiern? Wir feiern unser Vollbierfestel. So schaut's aus. Und wir sind mal freundlich und fucken wir keine Leute da. Außer sie fucken uns so, dann zerstören wir es und zerreißen wir es in der Luft. So schaut's aus. Spieletest auf Borisch musst du ja nicht schreiben können. Dann wird's halt brutaler Sauschmerz. Ja, das sowieso. Das sowieso, weil ich dann das beste Spiel nämlich in 1000 Stückel zleg. Kann ich. Da könntest du mal meine Kumpels fragen, wenn es pressiert, wie es da im Discord ab und zu so abgeht. 6 Jahre. 6 Jahre kriegt es dann gleich von mir einen freien VIP-Status, weil wenn wer reif ist, bin ich es, da muss ich lohen. Tut mir leid. Das ist mein Humor. Vollgerät und Bürger Beste. Gut, das muss jetzt jeder selber sagen. Ich komme im Vollgerät seine Sachen nicht so fangen. Ist halt so. Wieso zockst du nicht einfach, was du magst und schaltest einfach Kamera ein, wer zuschaut, mag soll zuschauen und die anderen Bockfutzen. Na, Spaß. Ja, das denke ich mir tatsächlich. Und genauso wird es auch laufen. Aber ich möchte Leute ein bisschen darauf vorbereiten. Ich möchte nicht, dass man auf einmal. Ich möchte da auch gerne einen Plan für mich, also für mich selber dahinter haben. Das heißt quasi einmal, Stammtisch Freitag, so wie jetzt halt, man sitzt einfach da und redet man einfach eine halbe Stunde, 1,5 Stunden, 3 Stunden, was weiß ich, solange es halt lustig ist, solange wir was zum Schmerzen haben, solange schmerzt man. Aber es sind halt immer noch über 200 Leute, was völlig verrückt ist. Und ich habe damals schon festgestellt, wir haben das früher auch so gemacht, hey, jetzt schmerzen wir zuerst eine Stunde und dann zockt man. Und dann hast du richtig krass zuschauen können, wie wirklich 80% der Leute aus dem Stream rausgehen. Und das dem, auch wenn es im Prinzip ist mir wurscht, ja, dann schauen halt nur noch 20 Leute zu. Oder 30 oder 40. Das sind immer noch 100 bei mir wie früher. Dann ist mir das, aber es ist halt in dem Moment, auch wenn man es versucht abzuschalten und wenn es eigentlich auch gar nicht schlimm ist, ist halt demotivierend. Das ist so ein richtig krasser Hammer ins Gesicht. Das war genau dasselbe jetzt. Wir waren jetzt halt 320 Leute. Jetzt fange ich zum Zocken an und was dann passiert ist, bam, dann haben nur noch 30 herin. Und denke ich mir so, das kann nicht richtig sein, was ich da tue. Hör mal lieber auf. Da schmatze ich lieber weiter, hock an 250 Leute rein und dann schalte ich den Stream aus und spiele allein. Das bringt's mehr. Der Bürger, kennst du Five Finger Death Punch? Natürlich kenne ich Five Finger Death Punch. Ich finde dich voll unterhaltsam, ehrlich gemeint. 6 Jahre ist es mir eine Ehre, ihr Unterhaltungsmensch zu sein. So, entweder du spielst nix oder LS17, lauter Scheiß. Der scheiß Landwirtschaftssimulator. Ganz ehrlich, ich habe mir noch mal angeschaut, ich bin mir nicht sicher, ob mich das belustigt länger bei 5 Minuten. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir How to Bauwagens aufhütten. Steht schon auf der Liste. Endlich einer, der nicht so geschwollen redet und besten Namen für Katz. Ja, der Plötze. Ich weiß nicht, was er schon wieder tut. Pass auf. Schaut's nicht an. Was? Plötze. Der möchte die Kugel da. Sechst die Kugel da verliegen, die möchte er haben. Der Trägheimi. Der. Du tust auch nichts für den ganzen Tag bloß fressen, schlafen und wahrscheinlich draußen bist der Papp volle Katzen. Du Manantfegler. So. Was ist da noch? Was beim Landwirtschaftssimulator macht er mit? Warum? Was ist an dem scheiß Landwirtschaftssimulator? Ich verstehe es nicht. Also ich möchte es ja gerne verstehen. Ich bin ja, was Zocken betrifft, ohne Scheiß, da bin ich der offenste Mensch ever. Aber ich verstehe es nicht, du laufst umeinander, fährst mit dem Bulldog durchs Feld, das ist doch nicht lustig. Lustig ist im echten Bulldog drin zum Sitzen. Merci für das Twitch-Follow übrigens, gerade das gerade da war. Nelly schreibt, liebe Mieze, ja, also plötzlich ist schon ein ganz netter Kerl. Er ist flauschig, ja. Zack und käme sie. Nein, nicht kaputt. Bin nicht kaputt. Habe jetzt schon wieder ins Battle eingelangt, das ist schon wieder so. Nein, passt schon. Elias Eigner ist plötzlich eine Anlehnung an The Witcher. Ist es nicht bloß eine Anlehnung an The Witcher? Natürlich ist es aus dem Witcher. Das ist meines Erachtens das beste Spiel von Grund auf, das ich jemals spielen habe dürfen. In der Neuzeit. Plötzlich kannst du das bitte stehen lassen? Nein.
ab und zu hast du plötzlich ein Nein und lass das und geh weg da. Ab und zu. Wie gesagt, das ist die pure Competition, schon mal Mähdrescher-Rennen gefahren, geschissen auf den Mord. Das sagt sie so geil. Alter, das ist die pure Competition, schon mal mit Mähdrescher-Rennen gefahren, geschissen auf den Mord. Wow! Lex Auer, ein Namensvetter, habe die Ehre. Der Bavarian Flo habe die Ehre. Bürger, was hältst du von Eishockey? Zum 8. Mal. Das habe ich jetzt gelesen. Beim 8. Mal habe ich es jetzt gelesen, schon, ja? Nix. Also ich hab keine Ablehnung dagegen, ich bin neutral. Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Eishockey. Bürger klang mal, was klang da mal am Glahe? Was? Bürger klang da mal am Glahe. Dann hast du Gothic nicht gespielt, wenn du meinst, dass Witcher das Beste ist. Leider Gottes habe ich Gothic gespielt, und zwar alle. Und ich weiß sehr wohl, dass Witcher das weit bessere Spiel ist. Nein, das ist sehr viel persönliches Empfinden, das ist eh klar. Und Gothic ist auch 5 Millionen Jahre alt, das ist auch klar. Aber keine Ahnung, mir taugt das Witcher-Universum einfach, mir taugt das einfach. Keine Ahnung, das ist so ein Zusammenspiel, wo alles einfach passt, das ist Wahnsinn. Oh shit, der Roach heißt heute auf Deutsch Plötze. 300 Stunden Witcher, nicht gewusst. Was? Also du spielst es auf Englisch. Ja, gut. Heißt, und ich hab 360 Stunden Spielzeit in Witcher und hab nicht gewusst, dass er auf Englisch Roach heißt, offensichtlich. Und auf Deutsch heißt es halt Plötze. Und da hab ich jetzt mal lachen müssen, wenn er auf dem Viertel rummacht und du haust ihm hinten auf den Arsch auf und dann schreit er, schneller Plötze! Da muss ich halt einfach lachen. Wer da nicht lacht, der ist ja für mich sowieso geistig behindert. Frederik Brandstätter, merci für die Abo. Wie oft bist du auf der Wiesn? Ich gehe nicht einmal in die Wiesn, weil die Wiesn kein Volksfest nicht ist. Volksfest-Simulator war saugeil. Stimmt, kann man uns programmieren. Habe dere Bürger wohnen in Landau. Simon Paschenko, ich wohne auch in Landau, so ist es nicht. Vielleicht haben wir uns sogar schon mal gesehen in meinem Skate-Shop, wer weiß das schon. Mai, warum ignorierten der Mai Frach? In Aliens We Trust, wenn es jetzt der Frach da hinten noch nicht geschrieben ist, hätte ich es vielleicht gelesen. Jetzt musst du vielleicht wieder warten. Hamperer Hans, wann machst du mal ein Abo-Treffen? Das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mache. Wenn ich es mache, dann werde ich es so kündigen. Leo Loyal, Star Wars, Rosenheim, bester Verein. Kenne ich nicht. Wird wahrscheinlich was ist das? Eishockey. Hast du schon mal die Elder Scrolls Online gespielt? Ich finde das super Zusammentreffen vom Besten von Skyrim und WoW. Ich hab's in der Beta gespielt. Das ist auch schon wieder 5 Jahre her, keine Ahnung. Und da war ich so massiv in Skyrim drin, dass mir die Elder Scrolls Online zu wenig Skyrim war. Und deswegen habe ich es nie wieder angelangt. Aber du wirst klar, jetzt wo wir WoW spielen, habe ich vor kurzem erst einmal in meine Runde der Kumpels gefragt, so, haben wir eigentlich jemals die Elder Scrolls gespielt? Und alle so, na? Und ich so, warum nicht? Und alle so, ja, weil wir halt WoW spielen. Vielleicht der wir das einmal noch. Also nein, ich habe die Elder Scrolls noch nicht gespielt. So die Barty, Horrorspiele im Livestream mit der Bürgerin und alle sind bestens unterhalten. Das werde ich ihr einmal ausrichten. Schauen wir mal, was sie mal lässt. So, wieder habe ich es gerade, sonst kann ich nicht lesen. Was hältst du von Spielen wie Rainbow Six? Rainbow Six, da habe ich das allererste am PC schon gespielt und die haben alle ziemlich cool gewesen. Die haben eigentlich alle ziemlich cool gewesen, aber mit ansteigendem Alter, ich habe einmal zum Beispiel Call of Duty ganz cool gefunden, mit ansteigendem Alter, weiß ich nicht, bin ich nicht mehr so scharf auf Shooter, sagen wir es so, soll jetzt nicht heißen, ich mag keine Shooter, sondern, keine Ahnung, so massiv geile Story-Erlebnisse, wie ich es mit The Witcher gehabt habe. Oder mit Pillars of Eternity zum Beispiel, was so, wie soll ich sagen, Minzi, du gehst jetzt nicht daher. Minzi, Mietsbatzen. Achtung, wilder Mietsbatzen incoming. Mietsbatzen, sag Hallo. Sag da Hallo. Naja, sie geht einfach nur vorbei und holt dir einen Arsch in die Kamera. Oder dein Arsch mir ins Gesicht, geh halt weg. So. Servus, endlich mal einen Artgenossen in YouTube getroffen. Bruder Umbau. Es ist wirklich immer noch, Herr Meier, ja, Risen habe ich auch gespielt. Wo waren wir? Pillars of Eternity. Ja, genau. Diese aus der ISO-Perspektive von oben, diese Rollenspielart, die hat so lange nicht mehr gegeben. Haben zwar immer wieder mal gemacht worden, aber die waren alle beschissen. Dann kommt Pillars of Eternity aus dem Nix, wo jetzt dann übrigens der zweite Teil kommt, wo ich ebenfalls, glaube ich, 200, 300 Stunden drin verbracht habe. Der Karl-Heinz 1337, merci für deinen Twitch-Follow. Da freue ich mich drauf wie ein verficktes Schnitzel. Dann kommt am 15. Februar, glaube ich, oder am 13. Februar kommt Kingdom Come Deliverance. Das schaut ebenfalls
ultra gut aus. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, dass das mein PC da gereiht. Der hat auch schon wieder 2 Jahre auf dem Bugel, 3 Jahre auf dem Bugel. Aber das wird schon gehen. Ja, schauen wir mal. Ich merke schon, der Bürger wird jetzt der Oberzocker in ein paar Wochen sitzt danach und als E-Sportler mit dem 3-Kilo-Headset, so in dem Red Borish, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bernhard Wackerl, du wärst loher, ich verbringe am Tag im Schnitt zwischen 6 und 14 Stunden mit Zocken. Wenn ich nicht gerade Videos mache. Das ist meine Haupthobby, das ist einfach so. Und das seitdem ich 5 bin. Allerdings für irgendein Pro-Level hat es noch nie gelangt. Ich spiele wirklich nur zur Gaudi und fertig. Ja, auf alle Fälle, auf was ich hinaus möchte, ist, ich lege mittlerweile viel mehr Wert auf eine geile erzählte Story, Atmosphäre. Und ich nehme das einfach so kommt mir das zumindest vor, ich nehme das alles ganz anders wahr wie vor 10 Jahren oder so. Das ist ganz was anderes, ich bin halt auch wirklich damit aufgewachsen. Ich kenne Tetris seit dem Gameboy bis halt heute. Und wie sie das, wie soll ich sagen, entwickelt hat, ist einfach so geil zum Zuschauen, dass halt jeder, der sich für Zocken interessiert, halt einfach, keine Ahnung, und das alles miterlebt hat, das ist einfach der geilste Scheiß ever. Das ist einfach, keine Ahnung, voll geil. Manchmal wünsche ich mir sogar, ich darf erst jetzt geboren werden, dass ich nochmal 30 Jahre länger mitkriege, wo das alles hinführt, aber diese ganze Geschichte mit VR und Star Citizen und was weiß ich, was ich sehe, ja Alter, da explodiert dir der Kopf. Für die meisten von euch, die noch so jung sind und das erste Mal anfangen zum Spielen und so weiter, für die ist das ganz normal, aber ich weiß, wo das angefangen hat. Ich weiß, wir spielen damals, da ist übrigens schon wieder Katzenschwanz. Geh mir zu jetzt da. Und deswegen ist es so geil einfach. Keine Ahnung. Mir gefällt es halt einfach immer noch. Bowie 1312. Wie viel Schnee liegt in vor. Was? Wie viel Schnee? Was meinst du denn für einen Schnee? Nein, vor der Tür liegt bei uns gar kein Schnee. Heizer 24. Ich stelle mir jetzt ein schönes kaltes Gassei ein. Nein, weh. Kannst du jetzt nicht kein Gasmaß nicht saufen. Der Florian Reisinger, habe ich der Bürger. Florian Reisinger, du bist aber nicht der Reisinger vom Volksfest seit Reisinger, oder? Weil sonst darf ich jetzt nicht mehr drüber reden. Ja, es war saugeil zum Anschauen und für mich auch auf und ab der Gefühle. Der Löbel. Der Humvi, habe ich die Ehre. Was ist denn das für Scheiß? Axenji, was ist denn das für ein Scheiß? Bist du deppert? Du warst da noch nicht einmal lang da, du weißt ja gar nicht, von was ich schmerz. Warst schon mal auf der Gerne Duit? Ja, freilich. Bürger, was ist dein Lieblingsbier und was ist die schönste Bulldog für dich zum 10. Mal? Ich sag's euch ganz ehrlich, zum 10. Mal schaut euch mein Video eine Fragen an. Ich mag die 100. Frage, was ist dein Lieblingsbier und was ist das für ein Scheiß, werde ich nicht mehr beantworten. Schauen wir gerade das Video vom 18.01. noch. Haha, so einen brutalen Lachflash habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aeronix, es ist meine Ehre, sie zu belustigen. Viel Spaß weiterhin. Weißwurst, Curry gegen du, weißt, was ich meine. Ja, weiß ich. Ich habe das Video gestern aufgeladen. Gut. Der Herr Florian Reisinger ist nicht der vom Reisinger Volksfestzeit. Das passt. In Aliens We Trust fragt zum letzten Mal, wo bin ich aufgewachsen? Da in Landau. Ich bin in Landau geboren, beziehungsweise fast in Deckendorf eigentlich fast so geboren. Und in Landau aber aufgewachsen, schon immer da gewesen, da blüm. Und ich hab so das Gefühl, ich werde da auch nicht weggehen, weil zu was nein? Überall anders ist scheiße, fast. Ist es mit dem Scheißhaufen und die Salzstangen, der Igel schläft, ob jetzt da eine True Story? Vielleicht. Der Birger lebt mein Nintendo Wii U, du hast die damals von meinen leider gekauft. Du bist es! Der Marcel SP. Warte mal. Die dann habe ich tatsächlich gerade aus dem Keller gerannt, aber... Warte mal. Das ist natürlich jetzt abgebaut. Kennst du das noch? Und ja, die Wii lebt noch. So, und jetzt ist alles auseinandergefallen. Schnell. Schieben wir es wieder ins Eckgabe. Das schieben wir ganz schnell wieder ins Eckgabe. Schaust du sowas wie One Piece? Herr Baum, nicht aktiv momentan. Ich versuche mich immer wieder mal dazu zu begeistern, aber momentan nicht. Was ich mir sehr zu Herzen nehmen kann, wenn so Anime-Zeug interessiert, auf Netflix gibt's Castlevania. Ja, wenn man denkt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich anschauen soll. Nur Castlevania mal da lassen, ist ganz geil. Kann man sich anschauen, hat mir gut gefallen. One Piece habe ich, glaube ich, die ersten 120, 140, 160, 200 Folgen oder so gesehen. Aber das ist schon lang her. Da kann ich mich nicht mehr an recht verhindern. Herr Max Stübauer, merci für die Abo. So,
wo sind wir? Schweinebraten in Eigenurin. Geil. Was heuer schon Skifahren oder fährst du Ski? Nein, ich fahr nicht Ski, ich fahr Snowboard. Aber ich war auch noch nicht und hab's wahrscheinlich auch nicht mehr vor, weil ich mich einfach nicht mehr körperlich betätigen mag. So, schon mal im Suff eingesucht. Wer sich noch nicht im Suff eingesucht hat, der hat keinen Suff gehabt. Sau geil, Bürger, das freut mich, mit dem Ding habe ich immer gespielt. Und wir auch. So ist es nicht. Jetzt, wo du allerdings gerade da bist, leider Gottes habe ich jetzt meine die Wii-Spielesammlung quasi von dir, die habe ich jetzt leider Gottes nicht da, die ist vorne im Wohnzimmer. Da haben ein paar so Spiele dabei, wo ich mich frage, was habt ihr denn euch da dabei denkt? Wie das RTL-Spiel, wo man ich weiß gar nicht, was es war. Auf alle Fälle haben wir uns damit köstlich amüsiert schon ein paar Mal. Hirsenbräser, merci für die Abo. Julia Gewalt, okay, ich muss einfach zum 100. Mal fragen, warst du schon mal bei Rock im Park und wie ist da? Gute Frage. In Rock im Park war ich. Birger ist der geilste. Merci für den Twitch-Follow. Ja, danke. In Rock im Park war ich. Jetzt pass auf. 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 und 2013, glaube ich, das letzte Mal. Oder 15. Ich weiß es nicht mehr. Also ja, ich war schon einige Male in Rock im Park. Rock im Park ist ziemlich geil. Allerdings, wenn es da schon hinfahrt, empfehle ich euch als Nova Rock in Österreich, was deutlich besser organisiert ist. Glaub auch nicht so viel kostet. Und die Österreicher sind einfach geil. Aus. Sven Hüttner. Servus, Sven Hüttner. Das Baumification. Wer ist denn der Baumification? Aber merci für die Abo. Habe die Ehre, machen wir bitte heute Schnupftabak. Ja, steht auch schon auf der Liste. Da muss ich mir aber jetzt erst noch ein bisschen einschnupfen. Rock im Park 2018, Parkway Drive, Alter. Wir haben mal über die Verkehrsinsel deppen. Also ich schlafe mit der Luftmatratze auf der Verkehrsinsel, mehr haben wir nicht. Braucht keine Zeit. Wer Zeit braucht, hat verloren. Kennst du das Woodstock der Blasmusik? Nein, kenn ich nicht. Oder wenn du es jetzt sagst, vielleicht schon, aber mir fällt es bloß jetzt nicht ein. Ich habe mir schon gesagt, 2 an Silvester, nachdem ich mir an Silvesterraketen verletzt habe, dass ich 8 Taschen. Was schauen wir die Produkte von Mike an, lieber Kass, Mike Katz heißt Rudi und ist überdimensional fett, 8 Kilo. Was ist denn das für eine geile Chat-Nachricht? Schau dir die neuen Produkte in einem Satz einfach durch. Kein Satz sein, kein Komma, kein gar nichts. Ist groß Klarschreibung, haben wir beachtet, aber ist auch noch nicht wurscht. Jetzt pass auf, Elias Henberger. Schau dir die neuen Produkte von Maika an, Leberkäse. Mike Katz heißt Rudi und ist überdimensional fett, 8 Kilo, schöne Grüß. Was ist das denn? Herr Hüttner, merci für die Abo. Wie schaut's mit Weigendorf 2018 aus? Das kann passieren. Weigendorf kann immer mal spontan passieren, dass ich da am Freitag oder am Samstag hinfahre. Das kommt ganz selber auf meinen Gemütszustand, wenn gerade Weigendorf ist und wie es wieder gerade ist. Weil irgendwie ist jedes Jahr, geht da in den Zweit runter und da habe ich echt keinen Bock nicht, dass ich dann auf dem Feld hock, wie jedes Jahr eigentlich, und dann zusammen ein Pavillon davor fliege. Das ist nichts mehr für mich. Aber wenn es wieder schön ist, kann das durchaus passieren, dass ich da bin. Der Herr Richter hat Hütten in Tirol in Österreich. Am Berg möchte ich sagen. Das ist was Geiles. Dann habt ihr aber auch einen Geldscheißer. I Heart Weißwurst Curry King Kappa. Okay. Simon Ederer, schon wieder jemand, der schreibt, endlich mal ein bayerischer YouTuber. Ja, sag mal, was ist denn eigentlich los? Es gibt immer noch, also ich lese das ja wirklich im fast Minutentakt. Das ist wirklich krass, wie viele Leute das einer kämen, wow, endlich ein bayerischer YouTuber, endlich einer, der normal redet. Ich check nicht ganz. Also mir kommt sowieso vor, wir haben ja eh schon fast 19.000 Leute, wo kommen denn immer noch neue Leute her? Das ist ein Wahnsinn. Embero, doch, freilich lese ich noch Twitch, aber das ist jetzt so überflogen, weil der Chat geht so schnell. Mr. Embero, Mann der ersten Stunde, habe die Ehre. Deswegen frage ich mich, die Leute, die das schreiben, endlich einmal ein bayerischer YouTuber, bitchen, sagt eine Kumpels Bescheid. Schickt's denen das, keine Ahnung, umso mehr Leute werden. Das ist aber das war keine Ahnung, das ist umso motivierter bin ich. Sag ja, da die auch irgendwie nicht, je mehr das zuschauen, natürlich, desto länger machen wir dann. Da, wann haben wir das letzte Mal 2 Stunden gestreamt? Weiß ich nicht. Heute haben wir über 300 Like gewinnen und das fast eine ganze Stunde lang. Natürlich bleibe ich da länger da, weil es mich ganz so allein viel mehr motiviert. Wenn. Der Mitbatzen. Mitbatzen, magst du was sagen?
Mitzbatzen mag nichts sagen. So. der Toni oder der Dan oder der, was weiß ich, wie er sie genannt haben will, sagt, mach mal ein How-to-E-Shisha. Ja, das ist schwierig, weil ich selber erst seit exakt 22 Tagen dampfe und noch nicht so viel Plan davon habe. Gute Frage, Frau Gwald. Bist du mal besoffen in die Schule gegangen? Ich bin sogar besoffen in Quali gegangen. Das ist nicht mein Schulabschluss, ja. Ich hab einen Quali, aber ich hab Realschule gemacht und in der Realschule kann man doch in der 9. Klasse einen Quali machen. Den haben wir mir bloß gemacht, damit wir nicht in die Schule gehen müssen. Und da war ja gerade Volksfest bei uns und da waren wir halt bumm voll und in Mathe bin ich so drin gesessen, so. Das werde ich nie vergessen. Ohne Scheiß, man hat da halb so Latzhosen, wo die Leute unterschreiben und so weiter. Die haben wir mir auch gehabt, weil ich sitzen geblieben bin und meine alte Klasse Abschluss gefeiert hat. Die habe ich auch gehabt. Bin ins Volksfest gegangen, rotzenvoll, am nächsten Tag Mathe-Quali. Ich bin drin gesessen, in der scheiß Latzhosen. Schau mir die erste Aufgabe aber so, das war eine Gleichung, die war gefühlt 40 Kilometer lang. Ich schau das so. Schauen Seppi so. Schauen Hansi so. Das ist nicht erfunden, die heißen wirklich Seppi und Hansi. Also das passt jetzt wirklich auch perfekt her. Weißt, ich als Bürger und neben mir, rechts neben mir sitzt der Seppi und links neben mir sitzt der Hansi. Oder wie wir sagen, Hansi. Und dann schau ich so. Alle nicken mir zu. Wir nehmen das Teil, gehen wir es ab und gehen wir heim, weil wir rotzenvoll waren. Ja, also das ist a true story, Bro. Spielen wir Runden Diablo 3, Ed Birgelex. Herr Shit. Ich hab da schon zurückgeschrieben. Wie geht's? Wie steht's? Diablo 3 ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder vorbei. Du musst ja kommen, wenn die Season anfängt. Wann fängt denn eigentlich die neue Diablo 3 Season an? Unser Katz sucht seit 4 Wochen ins ganze Haus. Hast du da Tipps, also was man dagegen machen kann? Das Problem haben wir mir auch gehabt. Aber nur so lange, bis wir es aussehen haben lassen. Ist es ein Hauskatz? Wenn es natürlich ein Hauskatz bleiben soll, dann habe ich leider keine Tipps. Wenn die aber mal aussehen darf, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass das aufhört, dass euer Katz überall hinpisst, wenn es aussehen lässt. So waren alle unsere 3 Katzen. Wie alt ist der Mietsbatzen? Also der Mietsbatzen, die war die Dicke, die gerade da war, die ist 3, glaube ich mittlerweile, oder 2,5. Dann gibt es noch einen Katzbrocken, das ist ihre Schwester. Die ist auch 2,5 demnach und der Plötze ist 1 Jahr alt jetzt dann, oder 1 Jahr und 2-3 Monate. Und ja, und Emma ist 1,5 Jahre alt, also unser Hund, der wo irgendwo wahrscheinlich im Bett liegt. So, Noobtendo, magst du The Legend of Zelda? Da mag ich dir jetzt was sagen. So, ich mag's jetzt nicht kaputt machen, deswegen setze ich es jetzt auf, wie er falsch passt. Aber, beantwortet das deine Frage? Moment, Gangster. Ah, so hier, Gangster, Nigger, shit. Bitch! Stuhl, schwul, cool. Prata. Der Heizer 24 sagt, geile Katzennamen unserer Muskelkater ist auch geil. Also ich stelle mir, an und für sich, man kann ja schon lachen über den Namen. Muskelkater, muss ich schon kurz grinsen, hat sich was denkt dabei, entspricht meinem Humor. Wer jemand seiner Katze so einen Namen gibt, aber ich finde noch viel geiler die Vorstellung in meinem Kopf dann, wenn ihr der Katze draußen schreit und alle hören auch, Muskelkater! Wo bist du? Muskelkater, gibst du? Ja. Alter, die N-Bombe, Twitch-Bann, was ist denn die N-Bombe? Also das da, darf ich laut Nintendo nicht einmal das herzeigen. Hab ich von der Frau zu Weihnachten gekriegt, aber letztes Jahr schon. Bist du unterbierig? Wann ist man nicht unterbierig? Hast du Nintendo Switch? Nein! Ich hab, glaube ich, die letzte Nintendo-Konsole, die ich besessen habe, das war ein N64, die besitze ich auch heute noch, der steht irgendwo im Schlafzimmer umeinander. Seitdem mag ich nichts mehr mit Nintendo zum tun haben. Ganz ehrlich, weil es einfach nur eine Scheiße machen. Bis auf Zelda und die Flaggschiff Super Mario Ableger. Und das war's dann. Für das kaufe ich mir keine Switch nicht, ganz ehrlich. Also keine Ahnung. Das heißt, wer ernsthaft zocken möchte, ich mag jeden, der Nintendo geil findet, der soll es ja auch spielen. Ich mag ja da nicht absagen. Aber ganz ehrlich, wenn du ernsthaft dich als Zocker bezeichnen möchtest, dann gibt's nichts anderes als eine Playstation, Xbox oder in meinem Fall ein PC. N-Bomb ist, wenn du Neger sagst. Was? Hätte ich das jetzt schon nicht sagen dürfen, oder? Fuck. Ich bin darauf reingefallen, ihr habt's wieder bewischt. Danke. Birlex, unserer heißt Katzenbold. Was? Katzenbold? Ja, ich verstehe den Wortwitz. Ich verstehe den Wortwitz. Der ist gar nicht so schlecht, der Katzenbold.
Der Track fragt mich, wie findest du einen CEO? Den habe ich noch nicht angeschaut. Den habe ich gestern das erste Mal gesehen. Da habe ich mir noch nicht so geschaut. Werner Bley, Servus Bierger, sehr gutes Format. Weiter so, schöne Grüß aus dem nassen Rosenheim. Herr Werner Bley, was meinst du für ein Format? Den Livestream oder das von gestern? Ansonsten eigentlich egal, was du meinst. Merci. Grüß nach Rosenheim. Und freust dich auf Cyberpunk 277. Tuba Clown, was ist denn das für eine Frage? Aber die Frage ist natürlich, wann kommt Cyberpunk 2077? Muss ich mal kurz reinspannen. Das Einzige, was wir mir erwarten können, ist, dass wir mal auf der diesjährigen E3 einmal die ersten Szenen sehen. Es gingen ja Gerüchte herum, dass wir da die ersten Szenen, Gameplay-Szenen von Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 sehen darf. Ja, muss aber nichts wissen. Wer weiß das schon. Ne? Ich weiß ja noch gar keiner, was das überhaupt für ein Gameplay ist. Ist ein Rollenspiel? Ist was weiß nie, was das ist. Einfach mal abwarten. Vorher lasse ich mich noch nicht hypen. Der Sudi Barty, Bürgerbomb, nein, Bürgerbomb gibt's halt nicht. Hast du jetzt eigentlich schon einen Kiebefeuer Gickel-Oschis gekriegt und schöne Grüße aus Landau? Schöne Grüße aus Landau, also quasi von Landau nach Landau, okay, ich schicke da auch schöne Grüße von Landau nach Landau. Nein, Gickel-Oschis habe ich leider noch nicht gekriegt. Mein Gickel-Dealer meines Vertrauens, der mag mir auch keine geben. Das ist der kann den Rest nicht wegschmeißen. Gerüchten zufolge auf der E3 wissen wir mehr. Das stimmt. Also ich warte da, wann ist denn die E3 gleich wieder? Ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Ich freue mich schon so auf Chorfahrt, da hat meine beste Freundin Geburtstag und wir werden mal gescheit saufen. Bloß nicht erwischt werden. Irgendwelche Sauftipps, ganz einfach, du nimmst einen Tetrapack mit Orangensaft und schützt da einen Sangria ein. Trinkst 5 Schluck, bist bumm voll, fertig. Hast du halbe für mich und zockst PUBG? Halbe für die habe ich leider nicht, aber PUBG zocke ich ja. Bin aber momentan so dermaßen unfassbar schlecht, dass ich drüber nachdenke, irgendwas anderes zu tun. Schau dir den neuen Maika Scheißdreck an, sonst gibt es 1000 Jahre Bierschiss, bis er so Arschloch brennt. Ja, ich mag es nicht sehen. Ich mag aber nicht, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, wann hast du das letzte Mal so einen Suri gehabt, dass du gespimmt hast? Silvester? Keine Ahnung. Nein, Silvester habe ich nicht gespimmt. Ich weiß es nicht mehr. Was hältst du von Star Wars Battlefront 2? Im Grunde vielleicht ein gutes Spiel, aber das, was ich da abziehen wollte mit den Karten und mit den DLCs und mit den Microtransactions zum Vollpreistitel, absolute Sauerei. Jeder, der das Spiel kauft, entschuldigt meine Wortwahl, ist ein Vollidiot. Und ändert nichts an der Situation, was diese ganze Microtransaction-Scheiße soll und so weiter. Das nächste Kruzifix-Thema, sofort Microtransactions und Scheißdrecksfirmen, die das ausnutzen auf dem Tod und was weiß ich. Ich sehe schon das neue Kruzifix-Format, wo wir einfach Sachen absagen. Da gibt's Themen ohne fucking Ende. Die müssen ja nicht typisch bohrisch sein. Ist ja wurscht. Smurf, spielst du Battlefield 1? Ja, hab ich gespielt, aber schon länger nicht mehr. So, Kruzifix-Themen haben wir dicht und ergreifend. Ein Reisinger. Was haben wir gerade noch gehört? Microtransactions und so weiter. Neues Format, Bürger probiert. Na. Ganz ehrlich, bevor ich die Scheiße fries, habe ich mir 2 Zimmernägel in den Knie. Der Herr Hopfenwieser hat 110 Kier. Das ist geil. Das ist geil. Kruzifix-Format ist einfach geil. Das freut mich natürlich narrisch, weil ich schon. Weißt du, da kannst du ein halbes Jahr lang sitzen da und überlegen, ja, was kannst du noch machen, was regelmäßig geht und Ding und Zeug und Klump und nichts fällt da ein. Oder das, was da einfällt, geht entweder nicht gescheit oder ist einfach 2 Arbeit, siehe Massimo. Das ist einfach zu krass. Da brauche ich einen Monat für eine Folge, die dauert 2 Minuten. Und lauter so Zeug. Und dann kommt aus dem Nix einfach, wo du nicht nix dabei denkst, kommt was Neues. Und zwar die Kruzifix. Schauen wir mal, ob sie das 2-3 Mal machen lässt, wenn wir das so oft hinkriegen. Dann schauen wir mal. Ich bin übrigens auch jederzeit offen für Themen, irgendwelche Videos oder Typen, die ihr findet, die nicht ganz dicht sind und die einfach abgesagt werden. Schickt's alles her. Dein Vogel heißt Yoda. Du heißt auch Yoda. Da heißt quasi, dein Vogel heißt Yoda und du bist der Yoda 2.0. Das ist okay. Das ist okay. Da ist sich was denkt man dabei. Hast du mal einen Mofa-Code? Ja, ein Herkules. Der Quirin-Gratzel fragt mich, bist du nüchtern? Ja. Gut, einmal ist es Freitag, 4 Uhr Nachmittag.
Hast du das Sorgflieg-Video vom Folgerät gesehen? Nein, das interessiert mich aber auch nicht. Das interessiert mich nicht. So leid es mir tut, ohne ihm da zu nahe zu treten oder sonst irgendwas, ich finde es einfach nicht lustig. Ja? Ich finde einfach vieles davon nicht lustig. Ab und zu ist schon mal was dabei, da wo ich sage, ja, aber ich kriege halt schon einen Schlaganfall, wenn ich die Stimme höre. Ist aber echt geil, Leute, erkannt mal ein How to Hans Wurst oder How to Weizen oder whatever, Abo von mir ist da also dere. Toni, ein How to Weizen gibt's schon, das war das allererste, das war How to Weißbier. Was ist denn los mit dir? Das ist aber nicht der Herr Schütt. Das ist schon der zweite heute. Warum denn? Kaufst du eine schöne Packung Curry gegen? Nein, das werde ich nicht machen. Ich investiere das in ein paar halbe, ist das in Ordnung? Herr Aaron, merci, hätt's nicht braucht. Du weißt es. Ich freue mich natürlich trotzdem narrisch drüber. Danke. Fabiscraft, was für einen Internetanbieter empfiehlst du? Wenn du hundertprozentig auf der sicheren Seite sein möchtest, dann gehst du direkt zur Telekom. Ansonsten, ich bin bei 1&1, hab 0 Probleme. Der Support ist erstaunlich nett bei 1&1. Das ist krass. Hab ich so noch nicht erlebt. Schick mir deinen Steam-Namen in YouTube bitte. Was? Also ich werde nicht nochmal den Fehler machen, nur dazu, wenn jetzt immer noch 230 Leute zuschauen und werde jetzt meinen Steam-Namen preisgeben. Ich krieg so viele Anfragen in Steam, seitdem das da ist, so eskaliert, dass ich nicht mehr online gehen kann. Was ich auch nicht mehr tue. Also braucht's mich gar nicht auf Steam adden. Außerdem machen wir mal in einem Stream irgendeine tolle Geschichte. Mach morgen einen Stream und ich spende 30 €. Was? Ich kann morgen keinen Stream machen. Ich gehe in Landau in die Schule neben deinem Skateshop. Dann kann es nur das Gymnasium oder die Realschule sein. Minsi, musst mir du deinen Arsch aber ins Gesicht halten? Hm? Dödel Mietz, geh aber da. Was tust du denn? Du dich hinsitzen. So. Gibt's ein bayerisches Traditionsgericht, was du nicht fressen darfst? Na. Glaube ich nicht. Gute, ich komme aus Hessen und finde ich saugeil. Weiter so. Was dampfst denn da eigentlich? Herr Schnatti88, erstmal Grüße nach Hessen. Das war aber jetzt auch schon der einzige hochdeutsche Satz, den ich heute sagen werde. Ich dampfe noch nicht. Scheiße, war der nächste hochdeutsche Satz. Ich dampfe noch nicht so lang. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ich da jetzt dazu sagen soll. Das ist einfach irgendein Pfefferminzliquid, weil ich kein anderes mehr habe, leider Gottes, und viel Teufel. Tja, Katz liegt jetzt da auf meinem Schoß. Minsi ist einfach immer da. Okay. Spürst du einen Landwirtschaftssimulator 17? Nein, ich hab mir ihn schon angeschaut, aber für 35 € ist er mir einfach zu teuer. Kennst du das Ortal Lamm? Nein, die gehen in Landau in die Schule neben deinem Skateshop. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Wann machst du dann noch einen Stream? 30 € warten von mir da, wenn du ein Mischgetränk auf X trinkst. Du machst da einen grundlegenden Fehler. Du sagst erstens nicht, wie lang muss der Stream sein, und zweitens nicht, was für ein Mischgetränk das ist. Dann gehe ich nämlich her und misch Wasser mit Waldmeisterbrause und so weiter und so fort. Du musst dir da schon mehrere Gedanken machen. Servus Bürger, in dem Sketch habe ich mein, was? Habe ich mein erstes Board gekauft, und kennst du Waldkirche in der Nähe von Passau und Chris in Bogus und in Renklav? Merci, und in der Woche sperren wir übrigens das Geschäft zu. Also wenn du nochmal ins Donate kommen möchtest, dann sollst du vielleicht vorbeischauen. Bin zwar ich nicht drin, aber Katzen kämpfen. Sollen wir einen neuen Stream machen? Catfight, Plötze vs. Minsi. Gehst du immer noch auf Festivals? Wenn ja, gehst du 2018 aufs Novarock? Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht rappelt's mir und meine Freundin und ein paar Kumpels. Vielleicht kann passieren. Weiß ich aber nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Birger, kennst du das A3? Nö. Also wahrscheinlich ja, aber nö. Welcher YouTuber schaust du und was ist dein Lieblings-YouTuber? Ja, das ist so eine Geschichte. Interessiert euch das wirklich, was für YouTuber das ich schaue? Ganz ehrlich? Pass auf, jetzt lese ich euch einmal vor. Meine Abos. PewDiePie, Rocket Beans TV, Behind. Herr Aaron. Danke. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Danke.
Ich nehme zwar alles, was kommt, das ist eh klar, aber jetzt klang's, das ist da, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Hör auf jetzt. Merci. Merci. Wo waren wir? Der Behind. Dann habe ich einen Heide, ein Vollgerät, einen Bavaria-Blogger und einen Krimper. Das war's. Ich schaue selber fast kein YouTube, außer spontan irgendwelche Videos, die kommen. Den ich eine Zeit lang am meisten verfolgt habe, ist der PewDiePie, weil ich einfach witzig gefunden habe, wie der das macht. Und was ist das? Der Palutens Zimmer in Oktoberfest verlangen. Ja, das ist gut, das habe ich schon gesehen, das haben wir gleich schon geschickt. Das ist gut, ich lasse es mir auf, schreibe mir auf, den Sling mal. Schrätzl Survival, wann bist du drin? Das ist eine gute Frage. Wir haben nur eine Woche auf, ich bin eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr drin. Ich bin dann bloß noch zum Abbauen drin und dann war es eigentlich. Sonst ist halt auch meine Freundin drin. Ah, jetzt zum Beispiel gerade. Irgendjemand muss auch arbeiten, währenddessen nicht daheim sitzt und nichts tue. Was gehört für die zu der gescheiten Brotzeit? Gruß aus Holidau. Das zeige ich jetzt nicht auf, weil sonst. Jetzt hörst du jetzt auf. Nicht auf. Das bist wirklich du! Warum? Jetzt kennen wir uns seit 3 Jahren. Warum? Schickst mir du jetzt insgesamt 20 Euro? Spinnst du? Stop it! Und, wenn du mal was spielen magst, ja, jederzeit, aber die Frage ist, was spielt ihr? Gibt's eigentlich ein Dings noch? Wer hat einen geheißen? Mario? Hat er Mario geheißen? Nein, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, verdammt. Dein Kumpel halt da, mit dem wir heute gespielt haben. Verdammte Axt. Wir brauchen mal ein anderes Spiel, weil Diablo spielt momentan bei uns keiner. Schreib mir einfach mal, wenn du online bist. Ich glaube, du bist der Mufa, ich darf es nicht laut sagen wahrscheinlich, im Battle.net-Account drin. Schreib einfach mal, das war gut. Und merci, das braucht's nicht. Stop it. Bavaria Blogger ist aber ein Vollpfosten, tut mir leid. Hannes Erhardt. Da bin ich neutral, er ist halt sehr jung. Das ist das, was ich vorher übrigens gemacht habe. Da hat mich jemand gefragt, ob ich mit YouTuber zusammenarbeiten, Meher, Tat und Zeug und Klump. Und das meine ich dann ganz speziell mit, die sind einfach zu jung, ja. Ich bin einfach doppelt so alt wie die. Die machen einfach was anderes wie ich. Die machen auch grundlegend was anderes wie ich. Was ist denn Keine Ahnung. los mit dir? Was ist denn los mit dir? Heute Assassin's Creed. Mr. Bockfutzen! Merci! Vorhin hat der Mr. Smithy einen 50er da lassen. Dann nimmt sie mir schon wieder total. Von dem hole ich mir vielleicht tatsächlich sogar Assassin's Creed. Oder, ich zeige euch jetzt was super Cooles. Das passiert. Jetzt muss ich mir kurz noch überlegen, wo es passiert ist. Ich glaube, es ist im PUBG passiert. Ich habe das zweite Gerät kaputt gemacht. Also mein Headset habe ich wieder ganz gut geklebt. Das ist ganz wichtig. Mein Headset habe ich wieder geklebt. Das schaut gut aus, das merkt fast gar keiner. Und es ist stabil als fuck. Aber, jetzt muss ich euch was zeigen. Ich habe eine MMO-Maus, also Logitech G600. Und mit der kann ich das machen. Und ich glaube, das gehört nicht so. So, und jetzt habe ich meine Tasten an der Seite kaputt gemacht. Muss ich es nachher wieder richten. So, auf was wollt ihr eigentlich hinaus? Geht jetzt meine Maus gar nicht mehr. Zack. Habe jetzt meine Maus endgültig kaputt gemacht. Ja. Umso schneller. Ja, den muss ich nachher dann richten. Das hilft jetzt nicht. Ich hoffe, die geht noch. Oh, fuck. Ja, gut. Ist die Maus jetzt ganz kaputt. Auf das wollte ich hinaus. Das wollte ich sagen, dass ich mir eine Maus wahrscheinlich kaufen werde müssen. Und da kommt mir das sehr groß. Sehr gerade recht. Jo. Schauen wir mal. Bist du am Donnerstag um 11:45 im Shop? Nö. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Kennst du das, wenn du einfach wen auf den Kopf scheißen magst? Nein, ich auch nicht. Also ich schon. Derry Bürger, finde ich sau geil. Frage, was gehört für die zum... Jetzt habe ich es nicht gelesen. So, und ich kann nicht mehr aufscrollen, weil meine Maus kaputt ist. So habe ich es geschafft. Die müssen jetzt zusammenfriemeln. Das der mir jetzt aber nicht. Kennst du das, wenn einfach... Kennst du was treibst denn du so gerade? Ich sitze da und red seit 2 Stunden, 9 Minuten und 34 Sekunden einen Haufen Scheiße. Und heute waren wir über 300 Leute.
Jetzt sind wir nur noch die Hälfte. Jetzt sind auf einmal irgendwo 50 Leute hier verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie verschwunden sind, aber ist ja wurscht. Kann ich verstehen, 2 Stunden lang die Scheiße anhören, da darf ich auch irgendwann sagen, Grützi, Fixi, Scheiße zum Boni und Haupt. Ein Radler und Jägermeister für 30 Minuten Stream, 30 Euro. Was? Radler und ein Jägermeister für 30 Minuten? Nein, wieso soll ich denn das tun? Außerdem bin ich nicht ein Geldnutten. Was ist deine Lieblings-Rockband oder Metalband? Crucifix ist übrigens ein geiles Format. Momentan her jetzt sehr viel Nothing But Thieves. Was jetzt weniger Rock und weniger Metal ist, aber egal. Alter Bridge ist ganz geil, Chevelle ist ganz geil. Befasst dich mal mit denen 3. Noch das Grüß zum Hirn. Flying Geigerl, machen wir einen Gaming-Kanal auf. Da ist halt schon den ganzen Tag so halbscharig drum gegangen. Also einen zweiten Kanal werde ich auf keinen Fall machen, sondern ich werde irgendwie mir mal weiterhin ausdenken, wie ich diese Gaming- und Zockergeschichte in den Kanal integriere, ohne die ganzen Bauerndimpfen, die damit nichts zum Tor haben wollen, nicht zu vergraulen. Schauen wir mal, wo das hinführt. Gibt ja einfach auch keinen bohrischen, doch, das sage ich jetzt einfach, guten bohrischen Streamer gibt's einfach nicht. Ich kenne zumindest keinen, der halt Let's Plays mag ich nicht nennen, aber der halt zockt, der streamt beim Zocken und so weiter und so fort. Das war ja damals vor 3 Jahren meine Intuition. Hey, es gibt so einen nicht, mach doch mal, vielleicht kannst du das, vielleicht mengst Leute, keine Ahnung. Jetzt ist es soweit, dass ich Leute erreiche und offensichtlich mengst Leute. Dann schauen wir doch mal, was wir da können. Der Meister, dein Video gestern war echt geil. Herr Winklover, das freut mich natürlich narrisch. Da werden auch noch mehrere kommen. Ein neues Format wurde geboren. Curry King ist der geilste Scheiß. Okay. Kommen die auf, was? Kommen die auf Festein Eilon? Was hat denn Festein? Auf Festeln? Ich krieg so viele Einladungen auf Festel. Eher nicht. Ihr kennt es mit 2 Eilern, aber ob ich erscheinen werde, ist wahrscheinlich eher fraglich. Bei dem neuen Video mit der Weißwurst hätte ich fast gespielt. Ja, ich habe die ganze Zeit gespielt, deswegen hat es auch 3 Wochen gedauert. Wie viele Führerscheine hast du? Einen einzigen, ich habe ein Autoführerschein, das war's dann. Kommt man bei dir mit Google Play oder PaySafe-Card donaten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß sowieso überhaupt nicht, wie auf YouTube diese Donate-Sache überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Theoretisch müsste es schon gehen. Ich weiß aber halt nicht wie. Wenn es schon so angeht, Herr Fabian Hand, angenommen, ich lese vor, Fabian Hand, angenommen, bloß mal rein theoretisch, wenn dir so ein vollgasnarischer Landwirtschaftssimulator kaufen tat, dann mache ich selbstverständlich ein Video drüber. Wahrscheinlich. Aber wenn irgendjemand wirklich zu viel Geld hat, dass er mal für 35 Euro oder 25 oder was weiß ich, einen Landwirtschaftssimulator kauft, dann kann es schon mal passieren, dass wir das einmal im Stream lernen oder vielleicht sogar ein Video draus wird oder was weiß ich. Aber ganz ehrlich, bitte lasst das, weil ich es nicht öfter spielen werde wahrscheinlich. Da gibt es mir lieber, weiß ich nicht, ein High Five und dann haben wir alle mehr davon. Oder sagt es anstatt mir 25 Euro zum Schenken im Prinzip, oder das Spray dadurch zum Schenken, geht's lieber aus und sagt 25 Leute Bescheid, dass sie abonnieren sollen. Da haben wir alle mehr davon. Herr Rieder, wenn man wieder ein Festel gibt bei uns, dann lassen wir die ein und locken die mit Freisaufen noch. Das ist okay, wenn ich meine Kumpels mitnehmen darf. Dann wird es allerdings teuer. Ja, wann kommt denn wieder mal ein How-To? 2 Boys, 2 Bikes. Die How-Tos kämen wirklich nur dann, wenn ich anfange zum Schreien, ein Thema habe, in dem ich gerade voll drin bin, und eben wenn es kämen. Jo, da gibt es keine, ich werde in keinem Video mehr, ich habe den Fehler beim Stammtisch Micker schon gemacht, dass ich gesagt habe, es kommt jetzt jeden Mittwoch ein Stammtisch Micker und nach 2 Videos gehen mir Themen aus. Ja, das werde ich beim How-To nicht machen, weil sonst, wenn ich jede Woche How-To aus die Scheiße oder alle 2 Wochen, dann werden es halt scheiße. Seien wir uns ehrlich, das mag ich nicht, das mögt ihr nicht und fertig, ausgeschmerzt. Müssen wir halt dann eine Woche länger drauf warten, dafür wird es auch nicht garantiert super gut oder besser oder sonst was, aber halt die Wahrscheinlichkeit ist her. Ja?
Bitte Kruzifix, bitte mach ein Landwirtschaftssimulator 17 Video, bitte. Oh Mann. Was sagst du zu einem How to zocken? Es steht schon so lang auf der Liste. So lang schon. Dass das, wenn ich mal für mich selbst im Klaren bin, wie ich die Gaming-Inhalte ab und zu mal in meinen Kanal einbringe, per Video oder Stream, dass ich das vielleicht da drin verpacke. Wenn ich mir da einmal so im Klaren bin, wie möchte ich das machen, wie kann das funktionieren, ohne dass ich wieder ein, zwei Videos mache, wie zum Beispiel mit dem Layers of 4 Video, das sicher viel gesehen haben. Alle, die es nicht gesehen haben, es gibt schon ein Zocker-Video, nämlich mit Layers of 4 und mit meiner Freundin miteinander, dauert um die 14 Minuten, glaube ich, was eh schon zu lang ist, maximal 10 Minuten, ist auf lustig zusammengeschnitten, habe ich gehofft, das war der erste Versuch, die meisten haben es gefeiert, ist aber auch schon wieder fast ein halbes Jahr alt, also es war im August oder so. Und sowas würde ich gerne wieder machen, aber halt ab und zu. Dass wenn ich mal kein How-To machen mag, dass ich andere Möglichkeiten habe, auf das ihr vorbereitet seid, wo ich weiß, okay, das mengt Leute, ich muss ja doch ein bisschen Rücksicht auf euch nehmen, ihr habt jetzt dann bald 20.000 Leute. Da kann ich mich nicht mehr einfach nur hersitzen und sagen, ich mach nur, was ich mag und ist mir wurscht, was ich sagen möchte und was nicht. Es geht halt einfach irgendwann nicht mehr und so weit sind wir mittlerweile halt einfach, glaube ich. Hey Birger, wenn da die Minsi einen Arsch ins Gesicht streckt, hast das, dass die ja, dann liebt sie mich abgöttisch, offensichtlich. Ja, der Birger, der geilste YouTube macht einen Livestream. Herr Hopfenwieser, das ist übertrieben, das ist übertrieben, das ist übertrieben. Reis auf, hab gerade mal dein Musi mit Dicht und der Greif verglichen. Jesus, das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Also, ich rede, das ist aber Herr Gregor Miles. Wenn ich über Dicht und Ergreifend schimpf, dann heißt das nicht, dass ich behaupte, dass meine Sachen besser sind. Das ist einmal ganz wichtig. Der Unterschied ist, also Dicht und Ergreifend ist nicht so, okay. Ich bin sogar der Meinung, meine Sachen haben nicht einfach da mit dem Mikrofon produziert. Da. So mache ich meine Musik. Und ich mache alles allein. Und die Typen, das macht mich unter anderem so grantig, lassen sie ein Kickstarter-Projekt finanzieren, wo sie 10.000 Euro für ein Studioalbum haben wollen, kriegen dann 25.000 Euro und wo die 15.000 Euro zu viel hingekommen sind, das weiß man nicht. Warum kaufst du ein Land nicht über G2A? Da gibt es den für 120 Euro. Weil wir 120 Euro dafür auch echt immer nur zu feiern. Ganz einfach. Ich bin so high und jetzt Birger Beste. Hauptsache prall umeinander rollen, das ist wichtig. Ich darf halt in die Streams zocken und normal Videos reinstellen, wie gewohnt, alles andere Bockfutzen. Oh, Minzi schreibt mir. Warum schreibt mir Minzi? Musst du aussehen? Musst du aussehen? Jetzt müssen wir Minzi schnell aussehen lassen. Ist das in Ordnung? Ist das was? Soll mir der Katze mal den Arsch ins Gesicht strecken und schauen, was passiert? Ja, Minzi, so machst du auch. Du bist ein. Da. Brocken, Plötze, da, Arsch ins Gesicht. Es scheint sie nicht sehr zu interessieren. So, das müssen wir Minzi so mal schnell auslassen, weil sonst. So, Linsen, geht es zu. Und los. Jawohl. Hoppel die Boppel. Los geht's. Abflug. Plötze. Oh, der Brocken ist auch da. Oh, jetzt kommt der Katzbrocken. Plötze, geht's weg. Geht's weg. Nein, steck doch dein Schwanz hin. Warum ist denn das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so, dass man hergeht und dann sagt man so, Katz schaut, ja, mau, mau, mau. Du weißt ganz genau, ja, du möchtest aussehen. Machst das Fenster auf. Katz geht ums Fensterding rundum und sitzt sie genau in Schlitz rein, schaut aussehen, schaut so. Und dann sitzt sie sich hin. Dass du das Fenster nicht mehr zumachen kannst. Im Januar. Weißt nicht, hat keine 25 Grad draußen, wo man eine Viertelstunde lang das Fenster auflassen kann. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von den Katzen los ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, gib einen. Gib. Nicht wie sitzen. Gib jetzt. Himmel fordern. Wahnsinn mit den Vieren. Was sind unsere 7 Lieblingshobbys? Sex und Alkohol. I don't get it. So, was haben wir da?
nach 4 darfst du schon mal eine halbe aufzwicken. Das geht schon durch. Kein Bier vor 4 und so. Ja, das ist in Ordnung. Herr Captain Pete, übrigens auch jemand der ersten Stunde. Jo. Weil Katzen genau wissen, wie es die Dratzen können. Ja, Katzen sind halt so. Weißt du, sperr mal einen Hund. Sperr mal einen Hund ein, kommst heim, dann freut er sich wie ein Schnitzel und so weiter und so fort und dann bist 2 Wochen weg und kommst heim, du hast eine Katze, die schaut dich an. Feed me, human. Und dann kannst du sterben gehen. Das sind Katzen. Was tust du machen mit einem Typen, der den Curry King Cheese frisst? Das war jetzt anstrengend zum Lesen. Nix der mehr mit dem. Den ignorieren wir weg. Birger, ich bin krank und hab seit 2 Wochen kein Bier getrunken. Ich bin voll unterhopft. War lecker, da bekommen 2 Wochen krank sein. Was feit denn da? Da muss mir kaputt sein. Habe die Ehre Fetze. Wahrscheinlich jetzt Spezi werden sollen. Ich weiß nicht. Der Too Good For You fragt mich, hast du ein Pipi? Echt jetzt? Ist das Nivea, wo wir hinwollen? Hast du ein Pipi? Ich weiß nicht. Irgendwann, das war 1998 schon immer lustig. Hast du noch ein Board in deinem Shop? Ja, natürlich. Ich mag ein alkoholfreies Radler. Grüß die Birger, super Video gestern. No Name, das gefällt mir natürlich narrisch. Captain Pete, 8 bis 15 Leute im Stream. Das waren noch Zeiten, da hat man sich noch unterhalten können. Das stimmt. Das stimmt. Da waren wir heute übrigens schon bei über 300. Also es ist 180 immer noch krass, nach 2,5 Stunden fast. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich unfassbar Wahnsinn. Und am Anfang, die halbe, 3 Stunden, waren wir über 300. Der Jager schreibt, weißt du, ich muss auch mit Kritik vorlesen, du bist unsympathisch. Sag ich, okay. Dann mach doch das Video zu. Servus. Es heißt aber, Viecher haben blöd, aber ich kann sagen, Hähner, die sind besonders ich hätte auch gern Hähner sind so geil. Warum heißt du Birger Lex und kennst du Freising? Selbstverständlich heiß ich Freising. Selbstverständlich heiß ich Freising. Ja, nun mal, Birger ist mein Vorname. Es ist halt so, meine Vorfahren sind Schweden. Bin aber gebürtiger Bayer, ja, sonst darf ich nicht so schmatzen wie ich schmatz, ja. Also ich bin nicht irgendein zugereister Volldepp, der es gelernt hat und so tut als Dada und weißt du eh. Und Lex ist halt mein Nachname. Bloß nicht mit E, sondern mit E. Ja, das mit den 2 Wochen kein Bier ist genau das Problem. Ja, ich glaube auch. Genau deswegen, du wirst halt auch nicht mehr gesund, solange du jetzt aufst. Lauft dein Shop nicht mehr so gut? Das meinen natürlich alle. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir haben jetzt seit 5 Jahren auf. Seit 5 Jahren haben wir einen Online-Shop nebenbei. Und der wird halt einfach immer größer. Jetzt haben wir halt einen Kunden, der zu uns ins Geschäft eingeht. Und jetzt gehen wir raus. Ganz einfach. Machen wir nur noch online. Fertig. Birger, du bist eine geile Sau. Er ist unentschlossen. Ich glaube, der Jager ist unentschlossen. Er ist sich, glaube ich, auch unentschlossen, ob er Geheimagent oder Jäger sein möchte. Ich bin unentschlossen. Jäger, du liebst gefährlich, Burgfutzen, Gefahr hoch. Los so, seid freundlich. Sandmann! Merci für die Abo. Jäger, du liebst gefährlich, haben wir schon gehört. Was hast du denn am meisten in dem ganzen Ding gesoffen? Captain Cola. Nicht Bier. Wo wohnst du in Landau? HG, ja, das werde ich da jetzt gerade noch verraten. Alter, die Hähne von meinem Freund waren nicht nur einmal besoffen und sie haben sie überlebt, außer eine nach der Schüssel Whisky. Ist das nächste How-To schon in Produktion? Marco, nein, ist es nicht. In Produktion auf alle Fälle noch nicht. Da drin in Produktion ja. Und es wird vielleicht eine ganze Serie. Bloß weiß ich noch nicht genau wie, was, wo. Verrate ich jetzt auch nicht. Der Birger mag das Bier gern. Bin wieder da. Hallo Herr Maltschinger. Was hat eine Frau und der Dochpap gemeinsam? Das habe ich mir gewusst, ich weiß nicht mehr. Jetzt macht es Sinn. Lex, lateinisch Gesetz, daher auch der Verhaltenskodex. Korrekt. Beziehungsweise Lex Legis. Nein, der Zipfel heißt heute Fezi. Ach so. Schulz, kennst du den Attersee? Augustine, Tachchen, how to Zähneputzen. Was soll ich beim Zähneputzen erklären? Wer kann denn keine Zähneputzen, Mann? Ich suppe seit 3 Stunden, das ist geil. Sie fix mein Meersau ist fett, mein Kumpel. Was haben das aber für Kommentare in einem Satz, ohne Satzzeichen, ohne irgendwas? Ich suppe seit 3 Stunden, das ist geil. Sie fix mein Meersau ist fett, mein Kumpel auch. Warum? Oh shit, merci fürs Abo. Hab GTA 5 gespielt. Sei okay. Wenn du nicht gescheit no gehst, lügst beim Nachbar. Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Hans Solo, ja, kennst du einen Beutelmarkt, habe die Ehre. Herr Stein. Kloisi74, merci für dein Twitch-Follow.
Hast du da in die Hosen geschissen? Korrekt. Ich bin voll. Korrekt. Jonas Sterner, halt's Mail. Entschuldigung, heute mal mein Mail. Post. Ja, schlechter Witz. Kannst du am Donnerstag um 11:45 in die Realschule in Landa sein und mir meinem Geint ein Autogramm geben? Nein. Also ja, ihr könnt das Autogramm haben, aber ich fahre da nicht extra irgendwo hin dafür. How to Österreich, das war's. Ja, dazu müssen die Österreicher sein. Das passt doch nicht, das ist unglaubwürdig. Geh jetzt schießen, hau die weg. Weißt du, ich möchte auch gerne schießen. Ich hätte noch Schützenverein und mich nimmt aber keiner mit. Ich muss mir jetzt halt auch verziehen. Servus. Nessi, hat mich gefreut. Neirisch, bis zum nächsten Mal. Ich habe die Ehre. Jemand, den ich kenne, hat Ziegen, den habe ich gesagt, ich mache ein Bockhändel draus. Wo sauft denn da überall nur am Festel oder in der Kneipe? Mehr? Eigentlich meistens mittlerweile daheim. Kumpelseilon, Grillen und da saufen ist einfach das Geilste. Das ist so schick gemütlich und alles und überhaupt. Ja, überleg mal, ob ich einen YouTube-Channel mache. Da du einen YouTube-Account hast, hast du quasi schon einen YouTube-Channel. Jonas ZP, bist der Geilste. Zu übertrieben. Oh shit, Arschlecken. Okay. Wann wird die erste Öbe zwickt? Das weiß ich noch nicht. How to richtig kontern nach dem Volksfest. Weiterschlafen ist das einzige richtige Kontern. Bayern kehrt fast zu Österreich. Ja, das stimmt. Oder Österreich gehört fast zu Bayern, das kann man sagen, wenn man mag. Wir sollten eine bayerische österreichische Mauer um alles rundum bauen. Aber nur um Niederbayern. Nein, hat er nicht gesagt. Bist du ab und zu in Landshut unterwegs? Nimmer. Bierger aus der Freundin? Ja, die hat er. Mac, bist du deppert? Umso höher die Berg, umso fetter die Gamsen, umso fetter die Weiber, umso gamsiger sind's. Schön war's, wenn's so war. Bezi, Bazi, der Höfe, was, der Höfe dir? Der Bauzi, hilft mir, wo? Also bei How to Österreich. Ja, bitte. Bitte, danke, bitte, bist deppert. Ich find's so geil. Der Österreicher Dialekt ist wirklich auf einer Stufe mit unserem. Er ist anders, aber er ist auf der gleichen Stufe, er ist einfach geil. Dir ist schon klar, dass die meisten Opfer aus Oberbayern kennen. Das war ja jetzt auch Gaudi. Niederbayern, Oberbayern, nicht um mir völlig wurscht, Hauptsache Bayern steht hinten dran. Aber alles, was rundherum und weiter weg ist, wie 100 Kilometer, komme ich halt nicht mehr im Arschlecken. So, kannst du mal mit dem Heider zusammenarbeiten? Ich glaube, das liegt nicht weniger in meiner Hand, als mehr in Heider seiner Hand. Und da glaube ich, werden wir noch ein bisschen größer werden müssen. Also, Männer, was müssen wir da? Sagt mir eine Kumpels Bescheid, was ich da so mache, und ich soll noch mal vorbeischauen. Ich soll ein Abo da lassen und dann passt es. Je größer das wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal so bekannte oder richtig bekannte YouTuber bei mir meinen und dann irgendwelche verrückten Kollabos entstehen. Wie die ausschauen, das weiß kein Mensch nicht. Aber ja. Wenn man durch Bayern fährt, was muss man gesehen haben? Mein YouTube-Kanal. Na, keine Ahnung. Mingerer Fußgängerzone, auch wenn ich Minger an sich eigentlich nicht mag. Ein richtig bohrisches Dorf. Ein richtig bohrisches 500-Seelendorf. Ich habe da mal mit den Leuten unterhalten, da mal in ein Wirtshaus gehe, was essen, in einen Biergarten gehe, in einem Dorf, nicht in Feldminger, weil die Biergärten sind das letzte. Das Hofbräuhaus in Minger, das Deutsche Museum in Minger. Ja. Unfreak 94, natürlich kenne ich den noch. Was hörst denn du für Musik zum Saufen? Keine Ahnung, da schaltet die Frau bei Spotify ein und drückt irgendeinen gute Laune Alternative Rock. Also das passt jetzt mal. Wir schauen die in der Schule immer in der Freistunde, deswegen hast du von meiner Klasse 24 Euro. Das heißt quasi, ich habe eine ganze Klasse. Eine ganze Klasse. Das ist natürlich interessant. So, danke. Dann holst du mir Parallelklassen dazu. Bürger braucht ein Produktplacement. Was ich brauche, Product Placement? Nein, sowas mag ich nicht. Bürger, was hältst du von Slipknot? Das ist momentan meine Lieblingsband. Slipknot habe ich schon gehört. Jetzt pass auf, wann war ich in der 8. Klasse? War ich im Jahre 2000. Im Jahre 2000 hat mir das erste Slipknot-Album gekauft. Da hat Slipknot noch nicht fake gekannt, ja. Ich habe damals auf MTV irgendwann um 2 in der Früh Wait and Bleed gehört, habe mir ein Slipknot-Album gekauft. Wir haben alle für gottverdammt vollbehindert gehalten, was ich mir da gekauft habe. Und was soll das, spinnst du? Ja, und ein Jahr später läuft da jeder zweite. Ich möchte gern Metal mit einem Slipknot-Pulli umeinander. Selbstverständlich mag ich Slipknot, aber ich bin da halt sehr oldschoolig angehaucht. Deswegen finde ich die ersten 3 Alben einfach an die geilsten. Mit den neuen Sachen, die habe ich mich nicht mehr so befasst damit. So,
Da ist Bewitschi. Wolltest du nicht das Rauchen aufhören, Birger? Das hab ich. Ich hab nur noch das da. Ich hab seit 22 Tagen keine Zigarette geraucht. Das ist für mich Phase 1 des Aufhörens. Da kann man dann auch ein How-To drüber machen. How-To aufhören. Das Lalalein. Yeah, ein Stream. Korrekt. Kannst du ein bisschen an deinem Akzent üben. Hab die nicht vergessen. Tu dich nicht oben. Bei mir ist praktisch die halbe Firma, ca. 60 Leute, die genauso feiern, wie ich tue. Dann sagst du mal in deiner Arbeit einen schönen Gruß vom Birger. Elias Eigner sagt, du bist 29. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Der Herr Palochter möchte einfach unbedingt, dass ich registriere, dass er zum 34. Mal How to Après-Ski schreibt. Ich hab's registriert. Steht auf der Liste. Welche Volksfest muss man kennen, welche Volksfest muss man kennen, um mitsingen zu können? Das hätte eigentlich schon in How to Volksfest gehört. Aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen in How to Blosenmusik. Mein Kumpel ist so saufett, der Gockel, und der Wulzer leg in Gockel am Arsch, schmeckt bestimmt salzig, oder? Was haben diese immer für Kommentare, Mann? Bei mir schaut die ganze Stadt, deswegen hast du von uns 18.000 Abo. Ja, ich habe nur die eine Stadt. Das war natürlich geil, weil wenn das dann mehr aus einer Stadt ausbricht, dann werden es erst richtig viel. Es ist eigentlich so krass. Das hätte ich mir niemals für möglich gehalten. Fuck, jetzt ist meine Maus wirklich hier, gell? Glaube ich, fürchte. Haben wir wirklich fast 19.000 Abos mit nur bayerischem Content. Das ist für schon verrückter Shit, Mann. Das hätte ich nicht gemeint. Verrückter Shit. Ich schaue dich ja, um besser zu üben, natürlich nicht vergessen. Ja, Sechster ist das ein bisschen üben, das wird schon. Das wird schon. Kannst du mich mal bitte grüßen? Gegrüßt wird hier nicht. Sonst kriege ich jetzt nur Grüßnachrichten, das ist nichts. Fühle dich gegrüßt. Du weißt schon, wen ich meine. Bayerische Hummel, wie geht's dir? Mir geht's blenden. Mir geht's blenden, jetzt sitzt mir echt schon seit 2,5 Stunden da. Das ist ein Wahnsinn. Langsam aber sicher muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt dann mich bald einmal schleichen werde. Ich kriege nämlich Hunger. Und Hunger wird sausogar. Ich weiß noch nicht, was ich haben mag. Irgendwie hätte ich jetzt wirklich Bock auf... Es ist jetzt nicht so, als würde ich das künstlich sagen, weil es ist Hirnmächts, aber ich habe jetzt wirklich Bock auf ein Reindl Leberkäse und ein paar Semen. Der Dampf ist selber zusammengemischt und es ist momentan leider Gottes nur ein Pfefferminzdampf mit 2 Milligramm Nikotin, der mir aber auch nicht schmeckt. Deswegen muss ich morgen fahren und muss noch was holen. Birger ist scheiße. Merci für dein Twitch-Abo. Endlich einmal jemand, der ist gespannt. Leck, du hast heute, glaube ich, fast 100 Abos gemacht. Herr Eigner, seit gestern gelangt das tatsächlich nicht. Wir waren gestern 18.500. Jetzt sind wir 18.909. Und wenn das so weitergeht, sind wir heute noch 19.000. Und dann haben wir auf einen Tag 500 Abos einer gefunden und dann kriege ich halt einen kleinen Schlaganfall. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ich fahre jetzt zum Leb und hole mir eine Leberkäse-Semi. Ganz ehrlich, das habe ich auch gerade überlegt, ob ich zum Metzger zum Leb fahre und hole mir noch schnell eine Leberkäse-Semi. Oder 2 oder 3. Schiebt da ein Schweiner rein. Das muss ich mir erst noch ein paar Mal öfter aneignen, was ich tatsächlich schon da habe. Aber da muss ich mich erst noch mit der Mom, weißt du schon, die Mams und Omas machen ja die besten Schweine auf der ganzen Welt und man muss ja von den Meistern lernen, um gut zu werden. Und deswegen dauert das immer. Also How to Fleischspatzen Part 2, der kommt mit Sicherheit noch. Und da kann es passieren, dass wir ein Schweiners machen. Im Space, merci für dein Abo. Der Jonas schreibt, zupf den. Nein, noch nicht, das sage ich, wenn ich zupf. Birger, kriegst du eigentlich vom Raucher Stimmungsschwankungen? Wie meine beste Freundin hat mal 4 geraucht und dann war das ganze Woche depressiv. Ist das normal? Also das ist nicht normal, wenn deine Freundin 40 Zigaretten raucht und sie ist depressiv. Er ist umdrade, wenn du das Rauchen aufhörst, so wie es meine Freundin eben macht. Die hat über 20 Jahre lang geraucht und eine Schachtel geraucht am Tag. Und die hat von heute auf morgen einfach aufgehört. Ich schwör's dir, die ist seit 3 Wochen so hart am Limit, nervlich und gereizt ohne Ende und krank und was weiß ich, dass es richtig krass ist. Aber stolz auf meine Freundin, sie zieht's eiskalt durch, also wirklich eiskalt durch. Und klangt keine Zigaretten nicht an. Klangt halt aber auch das nicht an, was ich schon tue. Und das ist halt mein Ersatz, deswegen bin ich nicht lästig. Oder war nicht ganz so. Warst du mit dem Hund? Der Hund schon hat mit meinem Spätzl auch uns Aufbau gebaut, um 3 Nachmittag ausprobiert und sein alte Hof uns dazwischen. Mit unserem Hund waren wir in der Hundsschule kurz, aber nur ganz kurz, weil das nichts gebracht hat. Die hätte jetzt viel besser, ganz ohne. Und Respekt an die Saufmaschine.
Und keinen Respekt an die Alte. Bist du mit 16 Jahren einmal auf irgendwelche Bauwagen oder sowas umeinander gerumpelt? Bauwagen war bei uns nicht so das In-Thema, wie das öfters mal der Fall ist. Die hat es natürlich gegeben. Aber wir haben eher Saufhütten. Wir haben unsere Hütten gebaut, irgendwo im Wald. Und haben halt da gesoffen. Kruzifix-Thema über die ganze Beauty-YouTuber gibt nichts Schlimmeres. Ja, sowas kommt vielleicht sowieso. Aber, hey, da haben sie recht, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Schau mal, was machen die anderen. Und die anderen sagen einfach bloß andere YouTuber dumm ab und das war's dann. Da brauchst du bloß einmal auf die Trendseiten von YouTube schauen, immer nur behinderte Pranks und Leute, die anschreien. In Kruzifix schreie ich auch umeinander, ja. Das ist im Prinzip ja der Kern des Spaßes. Ragen. Wie soll ich sagen? Ich mag halt nicht denselben Dreck, mag halt den eigentlich keiner singen mag. Aber irgendwie doch alle anschauen. Das ist das Suspekte dabei. Keine Ahnung. Alkoholfreier Radler hat mir ein Follow geschickt, das ist gut. Bist du ein Bauernbub? Nein, ich bin nicht auf einem Bauernhof oder sowas aufgewachsen. Ein 10% ja, meine Oma also die Eltern meines Vaters haben einen Bauernhof gehabt. Der Herr Aaron hat wieder mal recht, da haben sie genügend Leute schon das Maul drüber zerrissen über irgendwelche Beauty-Idioten und sonst irgendeinen Scheiß. Schön gesagt, auf das bin ich jetzt nicht gekommen und allein schon deswegen mag ich es nicht. Der Falkenreiter sagt, schrei mal. Nein, ich hab schon genug geschrien heute. Ich bin eh schon heißer wie Sau. Ja, ein Birgers Beauty Palace, den können wir dann schon machen. Wie man sich mit der Haarschneidmaschine die Haare schon rasiert und so weiter. Das kriegen wir hin. Was hältst du von Memes? Sehr große Teile meines Humors und meiner Witze basieren auf sehr vielen Memes. Fällt vielleicht nicht so auf, keine Ahnung, aber mir kommt so vor. Ich rauche auch schon ewig, glaube schon 20, 25 Jahre und komme nicht weg. Habe mit 13, glaube ich, angefangen. Oskar, ganz genau im selben Alter habe ich angefangen, sogar noch ein Jahr früher. Ohne Scheiß. 22. Tag ohne Zigaretten. Kauf dir so ein Ding und probier es wenigstens aus. Du brauchst es bloß eine Woche hernehmen und das hat sich schon abgezogen im Vergleich zum Rauchen. Brutal, ohne Scheiß. Jetzt niemals glaubt. Die ersten 3, 4, 5 Tage sind ungrund, dass du das Ding hernimmst und nicht Zigaretten. Und dann fragst du dich, voll geil, Alter. Es war so easy und kostet viel weniger. Ist natürlich nicht gesund, aber 100% gesünder wie Zigaretten. Was sollst du falsch machen? Bohrische Memes. Ja, ich habe ja auch irgendwann einmal gemeint, machen wir ein paar bohrische Memes, aber da bin ich nicht der Typ dafür. Das wird zu blöd. Keine Ahnung, das mache ich nicht mehr. Mit der Maschine die Arschhaare schneiden, Alter, ja? Mit was denn sonst? Mit was sollst du denn sonst da durchkommen? Der Heckenschei. Sehr saugeil Haber. Michael Reingruber, habe die Ehre. Ich muss reimen und muss scheißen. Was? Du musst reimen und scheißen. Dann reimst du zuerst und scheißt dann. Oder scheißt zuerst und reimst dann. Das ist dir überlassen. Liebe Grüße aus Österreich, das freut mich, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Immer narrisch, wenn aus Österreich Grüß kommen. Herr Schönleitner, Grüß aus Niederbayern. Nach Österreich. Hast du einen schwarzen Humor? Ich habe eigentlich nur schwarzen Humor. Ich komme bloß leider Gottes vor der Kamera nicht alles sagen, was ich normalerweise sagen darf. Zwei beruft, muss mich schleichen. Herr Pasteschko, hauen sie rein und löschen oder deren sonst was. Hast du Insta? Nein, noch nicht. Wenn ich das hab, dann kündige ich so. Hans Dampf, habe Dürüm. War lecker. Döner war jetzt auch geil. Ich mag was zum Essen jetzt. Liebe Grüße vom Senti oder geheißen. Genau, verdammt, der hat seinen PC leider verkauft. Was? Wie bitte? Der Mann hat doch auch gern und fake gezockt. Da ist doch die Alte schuld. Da ist doch wieder die Alte im Spiel. Sag ihm Senti bitte einen schönen Gruß, das war echt cool. Der soll mir wieder, was soll denn das? Der soll nicht auf, der soll mitzocken, das war immer lustig. Senti war ein guter Mann am Platz. Kennst du das Carpfarmer Fest? Natürlich kenn ich das Carpfarmer Fest. Welche Frage ist das? Ja, Heckenscheier hätte ich mir schon gedacht. Okay. Was hältst du von der Feuerwehr? Feuerwehr ist wichtig. Ich darf es niemals übers Herz bringen, weil ich eine sauber faule Drecksau bin, aber es ist natürlich sehr hoch anzuerkennen, freiwillige Feuerwehr, die am Start ist, wenn was feilt. Ja, geht's ein Geiler? Keine Ahnung. Was?
Scheiß Katzbrocken. Ernsthaft fragt, wie schnell werden wir eigentlich von Zigaretten abhängig? Weil jetzt alle anfangen auf Partys zum Rauchen und da wollte ich fragen, ob man mal rauchen kann, ohne ernsthaft anfangen zu wollen. Nein. Tu dir selber den Gefallen und klang nicht eine Zigarette an. Der Fehler liegt in der ersten Zigaretten. Und in dem Kreis um dich rundum, die rauchen. Das ist der Fehler. Und das meine ich jetzt tatsächlich auch ernst, wenn ich nochmal vor meinem jungen Ich stehe, wo ich anfange im Wald hinten heimlich zum Rauchen mit den Kumpels und so weiter, da ich hingehe und da mich selber so futzen, dass ich nie wieder eine Zigarette noch lang. Das meine ich wirklich tot fucking ernst. Wie viel Geld ich, in den ich 15, 16, 17 Jahre aus dem Fenster rausgeschissen habe wegen diesem Dreck. Und wie viele Jahre meiner Lebenszeit dadurch vielleicht draufgegangen sind. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Und so scheiße schwierig aufzumehren, dass man sonst nichts anderes dazu einfällt. Ja. Lalalein sagt, ich finde dich auf Twitch nicht und über deinen Link geht es auch nicht. Suche mir nicht nach Birgster, sondern suche nach Birger zockt. Das habe ich mittendrin einmal irgendwann geändert. Ja, weißt du eh. Herr Hachinger, merci für die Abo. Freiwillige Feuerwehr ist 50% Helfer, 50% Saufer. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Spaß hat man in der Freiwilligen Feuerwehr ja auch noch. Aber ich kann halt das nicht, wenn da wirklich irgendwelche krasse Unfälle passieren und so weiter. Da bin ich nicht gemacht dafür. Da bin ich mental zu instabil. Michael Reingröber, mach öfter einen Livestream. Eigentlich mache ich ja einen Livestream jeden Freitag, was sich jetzt hoffentlich auch wieder einpendeln wird. Ist aber halt jetzt im Dezember bis jetzt einfach nicht öfter gegangen, weil Arbeit, Weihnachtszeit ist bei uns Hauptzeit, da habe ich nicht so viel Zeit. Da ist es halt einfach nicht gegangen. Jetzt halt schaue ich, dass ich jeden Freitag wieder da bin. Alles klar? Ist das was? Ist das was? Bayerische Hummel, hau dir abonniert. Das freut mich, habe ich dir bayerische Hummel. Wann hast du deine erste Halbe getrunken? Boah, leck. Ich glaube, zu meiner Zeit, das muss ja jetzt auch mal loswerden. Das ist das nächste, was ich mich übrigens über diese Gasmaß frage. Warum man eigentlich ein Maß, bis die ausgesoffen ist, dieser babsüße Scheiß, ist ein Lack und warm. Ja? Zu meiner Zeit hat man ein Gashalbe gesoffen. Ein Gashalbe aus einem normalen Halbeglasl, eiskalt, die war wirklich geil. Ja? War geil. Mag ich. Hab ich nicht. Hab ich schon lange nicht mehr getrunken, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wo ist eigentlich die Masse hergekommen? Ich weiß nicht, weil sie brutal ausschaut, ja. Aber nach 10 Minuten ist es einfach Lackwitz. Icefox, merci dir für dein Twitch-Follow. Okay, also nicht einmal probieren. Gut, danke, irgendwie gibt es da keinen, der mir sowas sagen kann. Frau Gewalt, das kann ich dir sehr gut sagen. Klang einfach keine Zigaretten nicht an. Nimm keine, wenn der eine gibt. Sag einfach, nein, du magst jetzt keine. Aus. Polz dabei, du sparst da in deinem Leben. Ich möchte wetten, dass ich mindestens 20.000 Euro für diese Scheiße ausgekaut habe. Mindestens. Weil ich mir letzte halbe drin habe. Gestern. Lukas XD. Habe die Ehre, Lukas XD. In der Feuerwehr hat man ich bin da in der Feuerwehr, liebe Grüße aus Sturm. Ich bin da bei Musi und bei der Feuerwehr, liebe Grüße aus Stroheim. Austrian HD. Grüß nach Stroheim. Von uns gibt es nur halbe Gas. Ich finde da, Gashalbe ist leckerer als eine Gasmaß. Leichter zu malten, nicht so schnell Lack, schneller. Musst halt die Maß schneller saufen. Ja, dann wird da aber halt schlecht, bevor es besoffen wirst. Das Lalalachen. Hast du mich doch gefunden, Jay? Heute war ich in der Metzgerei und dann fragt die blöde Plunzen, also die Fleischfachverkäuferin, ob ich einen Ketchup drauf möchte. Hast gesagt, gut, Frau, polst dir deine Leberkasse mir, fick dich, wiederschauen. Was hältst du dann vom Schnupfen? Tu ich nur im Volksfest. Birger, es wird Zeit für Bier nach 4. Ich kann leider Gottes im Livestream kein Bier nicht trinken, weil da der Amerikaner was dagegen hat. Bist du auch Team braune Bratwurst? Bin ich auf alle Fälle. Wer redet bitte so blöd über die Feuerwehr? Kein Mensch redet blöd über die Feuerwehr. Wo wird da blöd über die Feuerwehr geredet? Ganz im Gegenteil. Bei 15 Jahren über 30.000 Euro verraucht. Geil. Jetzt pass auf, das rechne ich jetzt einmal aus. 365 Tage im Jahr, mal 8 Euro am Tag. Machen wir mal 7 Euro am Tag. Haben 2500 Euro Rauchen im Jahr. Mal 15 verrauchst du 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr. Ein ganzes Auto, für das, dass du krank wirst und für nix. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Das ist so krass dumm einfach. Wahnsinn. Mein Name wird irgendwie anders ausgesprochen. Das Lalalachen. Lalachen. Das Lalalachen. Ich weiß doch auch nicht. Erdbeerkäse live. Kannst du das mal einstellen, dass man die auf Twitch subben kann?
Da muss ich von Twitch das Angebot kriegen, Subscriber zu werden. Das heißt, Twitch bietet mir das an. Das heißt, ich brauche theoretisch die Unterstützung von euch, von YouTube, dass ihr alle mal eine Zeit lang auf Twitch kommt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da braucht man im Durchschnitt über so 50 Zuschauer. Und irgendwann sagt dann Twitch zu dir, hey, du kannst jetzt Partner werden und jetzt gibt es einen Subscribe-Button. Schauen wir mal. Kennt man in Bayern eigentlich Snooze? Snooze? Also ich weiß vielleicht Snooze meinen, oder? Das ist so Tabaksäckchen, die man sich unter die Lippe klemmt. Ja, kennt man. Aber sie heißen Snooze. Also S-N-O-O-Z-E. Glaube ich. Oder? Glaube ich zumindest. Das hat man bei der Bundeswehr doch halb gehabt. Machen hier in Innsbruck alle super widerlich. Ich wollte es gerade anfügen, das ist allerdings die asozialste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Dan Leonis, merci für den Twitch-Follow. Kennst du Go2Go? Nein, kenn ich nicht. Der Herr Kulzer, Plötze! Nein, das ist nicht der Plötze, das ist der Brocken. Katzbrocken. Da schau mal. Ja, das ist der Katzbrocken. Ich brauche Massen nicht anfangen, weil ich Asthmatiker bin. Ah, hast du schon gleich geschafft. Sparst einmal 40.000 Euro schnell. Snooze kennt jeder. Ja, es ist aber wirklich einfach asozial. Weißt du, möchtest zu einer Alten hingehen, möchtest anbandeln, grinst da so und dann hast du nur braune Scheiße in der Fresse. Was ist denn das? Hey, du, Gesäßöffnung, wann kommt denn wieder Stammtischmicker? Wenn es ein Thema gibt. Deswegen kündige ich keinen Stammtischmicker mehr an, weil, oder eine regelmäßige Zeit von Videos an, weil mir nach 2 Videos schon Themen ausgegangen sind. Und deswegen kommt er, wenn er fertig ist. Machen wir hautoborisch, also schreiben wir alles. Steht auf der Liste. Kommt schon irgendwann. Ich habe mir gerade so ein Dampfteil bestellt. Am Samstag kommt es mit so 1 Liter Flüssigkeit, die du rein leerst. Hab ich dir jetzt dazu gebracht, dass du so ein Ding kaufst. Geil. Ganz wichtig ist, dass du natürlich so Liquid kaufst mit Nikotin drin. Wenn du viel rauchst, dann ist da ungefähr, du kaufst irgendwas zwischen stark und sehr stark, soweit ich es jetzt weiß. Ja, es gibt da andere Vaporizer-Experten herin, die da weit mehr Ahnung haben. Ich habe das Ding jetzt seit 3 Wochen, mehr weiß ich auch nicht. Aber es hat wirklich narrisch viel Käufer und ist 100-mal billiger als alles andere. Mir kostet es jetzt halt so, was ich rauche, wenn ich selber mische, kostet mir das ungefähr 10, 20 Cent am Tag. Das ist gar nichts im Vergleich zu vorher, wo ich 8 Euro verraucht habe. Tja, Bayern 1900, grüß dich zurück, so wieder. Kannst du Skifahren? Ich kann einigermaßen Skifahren, ich fahre aber eigentlich eher seit 20 Jahren Snowboard. Ein Leberkäse und eine Weißwurst isst man mit einem Sirsten sehen wir nicht mit Ketchup oder Birger. Das machen wir preisen. Was ist deine Meinung? Herr Hirsch, du kennst meine Meinung. Brauche ich nicht sagen, oder? Crusher, merci für deinen Twitch-Follow. Alter, meine scheiß Katze ist auch vom Fenster. Muss es einer lassen. Darf man fragen, was du arbeitest? Ich bin Mediengestalter, halber Informatiker, halber was weiß ich. Wir haben einen Online-Shop und verkaufen wir Sachen. Schnitzel-Fan, merci für den Twitch-Follow. Bei How to Borisch musst aber dazu sagen, dialektbedingt für die Deppen. Das ist sowieso, das ist ja die schwere Krux dann, der ganzen Ding, dass sie bei uns der Dialekt auf 5 Kilometer schon ändern kann. Welcher Depp frisst Leberkäse mit Ketchup? Ja. Ich weiß es nicht. Soll ja aber sich nicht like gehen. Die IW 95, Katze! Ja, da haben schon die ganze Zeit Katzen. Da vom Fenster sitzt, glaube ich, auch schon wieder eine. Die los jetzt aber nicht einer, weil ich schon zum 15. Mal einen außer los. Ach ja. Ja. Das kann übrigens jeder machen. Also es ist nur, wie soll ich sagen, ihr seht das ja selber, was da immer einblendet. Handmare. Merci für den Twitch-Follow. Ich streame ja immer gleichzeitig auf YouTube und Twitch. Heute haben wir ein bisschen drüber geredet, den ganzen Nachmittag, dass ich ja gern Gaming-Inhalte machen darf. Bin aber noch unschlüssig, ob ich das auf YouTube mache und auf Twitch oder vielleicht nur auf Twitch. Mache ich es überhaupt? Was weiß denn ich? Aber was auf alle Fälle irgendwann einmal passieren wird, ist, dass ich das auf Twitch so und so mache. Vielleicht mal wieder anfangen, regelmäßig zum Streamen, wenn ich zock. Dann passiert das auf alle Fälle, wenn es auf YouTube nicht passiert, auf alle Fälle auf Twitch. Das heißt, jeder, den das interessiert, der kann einfach mal auf Twitch schauen und kann mich abonnieren. Ja? Oder followen, oder wie es auf Twitch heißt, ist ja wurscht. Ihr findet mich unter Birger zockt. Ihr seht es ja auch gleich am Battle und so weiter, ihr könnt ein Follow da lassen. An alle die Zockergeschichte interessiert. Die haben meistens sowieso schon einen Twitch-Account und können dann followen und so weiter und so fort. Und ja,
Der Brecky, bin auch Mediengestalter für Digital und Print. Das bin ich auch. Ich habe ausgelernt 2006 oder 2007. Deswegen hat es damals also Fachrichtungen gegeben mit Medienoperating und das war so eine Mischung aus Programmieren und Gestalten, aber irgendwie keines von beiden gescheit. Und ja, im Prinzip habe ich mir aber alles, was ich kann, wenn man das so nennen kann, selber beibracht. Fertig. Der Muskelmani. Geiler Kanal, freut mich. Merci, habe die Ehre. So, ich verkrümel mich mal, das leider Lachen. Hab mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Hauen Sie rein, habe die Ehre, wiederschauen. Bürgerbester Mann. 1000 schön. Das ist übertrieben. Wie bist du auf den YouTube-Kanal gekommen? Hab mich angemeldet, 2006. Hab dann 6 Jahre nichts gemacht damit und nur einen Account gehabt zum Anschauen und dann ja. Ja, Herr Reingrube. Das hoffe ich, dass es eine gute Idee ist. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwie diese Gaming-Inhalte, die ich gerne mache, die ich einfach gerne mache, keine Ahnung. Da bin ich dann permanent präsent irgendwie. Also warum nicht Kamera nebenbei noch einschalten, dass das euch nicht vergrault. Und ich meine, wenn ich das wirklich nur im Stream mache, wenn ich es auch auf YouTube und Twitch mache, dann muss ja keiner zuschauen. PaulBro112, merci für den Twitch-Follow. Was ist deine Meinung zum Logan Paul-Skandal? Ach, das ist der Typ, der die Leiche gefunden hat, oder? Sag ich ganz ehrlich, habe ich mich nicht befasst damit. Aber es ist die Ausgeburt der Clickbait-Hure. Also es ist einfach krass, für was manche Leute schon für Views als deren, aber eine Leiche herzogen, alter Schwede. Datzmann! Willkommen bei der Twitch Army. Was ist denn jetzt passiert? Xyfile has become a sponsor. What? Ist das der zweite VIP heute? Spinnt's hier? Wie? Fuck, Mann. Ich hab heute den ersten VIP gekriegt und jetzt gerade den zweiten. Und das an einem Tag. Leute, hat so geil. Ich weiß aber nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab das vorher gar nicht mitgekriegt. Es war ein völlig neuer Ton, den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Blub, has become a sponsor. Ich so, hey, was ist denn das? Voll geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es freut mich und motiviert mich natürlich, weiterzumachen. Ganz ehrlich, dann muss ich hergehen, muss man jetzt irgendwie vielleicht nachher mal noch so ein bisschen ein Konzept, einen Plan überlegen, wann wir mal diesen Gaming-Scheiß einfach einbauen. Ich darf es einfach so gern, natürlich auf Bohrisch, selbstverständlich auf Bohrisch, was zum Teufel meinst du, was ich vorhab. Ja. Video, herzlichen Dank, ganz ehrlich. Hey, hast du jetzt mal Zeit für eine Runden PUBG oder so? Fragst mich jetzt im Stream. Da muss ich schauen. Da muss ich nachschauen, wann ich das nächste Mal beim Zocken sitze. Wo ich nicht irgendwas per Kamera oder sonst was mache. Welchen Leberkäse isst du am liebsten, Birger? Den ganz normalen süßen Senfei oder einen scharfen Senfei in der Semi, so 2 cm, 2,5 cm dick in einer frisch aufgebrochenen Semi. Geil. Geil, mag ich. Ich soll da von meiner Katze sagen, Mau. Mau. Schaust du einen Super Bowl? Vielleicht. Meistens muss ich halt am nächsten Tag arbeiten und dann kann ich nicht so lange aufbleiben. Auf Twitch schaut es besser aus. Power Maximus, was schaut besser aus auf Twitch? Das Beutel? Oder was? Der Joey schreibt gut, servus. Ich weiß nicht warum, aber Joey, es hat mich gefreut, dass du vorbeischaust. Wow, jetzt haben wir schon 40 Leute auf YouTube. Es ist natürlich so, ich sehe die ganze Zeit schon konstant 200 Zuschauer da herin, ja. Das ist Twitch und YouTube miteinander. Auf Twitch sind es 40, auf YouTube um die 160. Und mir ist natürlich bewusst, es kämen und gängen die ganze Zeit Leute, ja. Deswegen, das erzähle ich jetzt gerne nochmal, ich bin interessiert daran und gewillt, YouTube Gaming-Inhalte zu machen. Nur weiß ich noch nicht genau wie. Ja, mir ist völlig bewusst, dass von den 19.000 Leuten die meisten da wegen am Bord. Was mit dir? Ja, cool. Was ist denn los mit Bei uns in der Arbeit gibt es halt 7 Kilo Leberkäse. Bei uns in der Arbeit gibt's halt 7 Kilogramm Leberkäse, kleiner als 3.
Kleiner als 3. Aaron! Oh. Aaron, jetzt hast du gerade ein Eigentor geschossen. Erst einmal nochmal mehr für einen Euro. Her jetzt bitte auf, ohne Scheiß. Erstens, ich weiß, du bist Student. Du brauchst diese 21 Euro selber. Zweitens, ein fettes Merci. Da darf ich immer liegen, das ist... Oh Gott, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und was trinkt man bei uns? Bei uns trinkt man sowohl als auch ein Tegernseher, aber als Augustiner. Ist bombengeil. Da musst du Druck wohnen. Aaron, das musst du aussitzen. Da musst du durch. Dir muss der Gustl schmecken. Der Gustl. Fat in Life postet eine Krone. Welche Dampfe hast du? Suitman, ich kenne mich nicht so ganz gut aus. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich habe das Ding erst seit 3 Wochen. Es ist ein Torwap. Master 3200 mAh Milli Dingsbums irgendwas. Einen Torwap 100 Watt, glaube ich. Kapuzenwolf. So, gehen wir zurück zu den Gaming-Inhalten. Ich würde es gern machen. Ich mag aber euch nicht vergraulen. Ich kann nicht einfach hergehen und scheiße jetzt meinen Kanal mit irgendwelchen Let's Play-Scheiße zu, die sowieso 100 andere besser machen wie ich. Aber ich bin, glaube ich, übrigens auch noch ein fettes Merci an den Herrn Kulzer, falls ich das nicht gesagt habe und dort Musi drüber war. Herr Kulzer, vielen herzlichen Dank. Wir jetzt mal schon fix machen. Und der Aaron hat noch gefragt, was ist ein VIP? Das habe ich heute erst ausgefunden. Offensichtlich hat mich YouTube für den VIP-Status freigeschaltet. Das heißt, es ist quasi das Subscription-Programm von YouTube, was die meisten vielleicht von Twitch kennen. Das heißt, man kann da subscriben für 5 Euro, glaube ich, im Monat, für 4,99 Euro, genau wie bei Twitch. Das geht an mich. Ich glaube bei YouTube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da an mich geht. Ich sage, ohne zu lügen, ich weiß wirklich nicht, wie viel von diesen 5 Euro bei mir ankommt und wie viel sie YouTube einkassiert. Das muss ich erst herausfinden, keine Ahnung. Die ersten 2 sind heute gekommen. Der Herr Dittrich, der Matthias Dittrich, falls er da ist, ein fettes Merci. Und der Fujeo, der allerdings, glaube ich, nichts schreibt. Also weiß ich nicht, ob er so gern möchte, dass sein Name erwähnt wird. Ein herzliches Dankeschön. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das automatisch verlängert oder ob das... ich glaube, es verlängert sich automatisch, wenn es keiner kündigt. Und dann haben halt das die 5 Euro Subscription. Was ist denn los mit dir? Mann! Alle haben auch aufgehört zum Rauchen. Wir können es uns alle leisten, aber jetzt gibt es bloß nur den da. Wird bloß noch mit der Kohle umeinander geworfen. Merci. Der Anian schreibt, streamst du ja immer noch? Ja. Allerdings kriege ich jetzt gerade ein massives Hungergefühl. Ich muss mir jetzt dann irgendwas zum Fressen machen, sonst stirbe ich. Ja. Also, was soll ich sagen? Verrückt. Ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss, verzeih mir jetzt noch ein paar Sachen. Gaming-Inhalte. Wenn's kämen und sie werden kämen, in Form von einem Stream oder was auch immer. Jetzt einfach mal ausprobieren, schauen wir mal, wann es soweit ist, kann schneller gehen, wie immer meinen. Dann kämen die 100%ig auf Twitch. 100%ig. Und da findet ihr mich und der Bürger zockt. Lasst ein Follow da, bla. Es hagelt eh schon die ganze Zeit Follow und Views auf Twitch gingen, Vollgas in T, sind 30 Leute online. Alles toll. Vorher waren wir 40 und so weiter. Wenn das interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann passt es. Jo, das war mal das Erste. Dann, was ich abschließend in jedem Stream immer und immer wieder erzähle, vor allem abschließend im Stream, was tun eigentlich die Katze da hinter mir um? Schau mal die so. Bracken. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Katapult. So. Dann, abschließend. Mir ist immer schon von Anfang an ganz, ganz, ganz furchtbar wichtig, dass ich meine Videos mache, weil ich Bock drauf habe. Die How-Tos sind daraus entstanden, weil ich Lust gehabt habe drauf. Ihr sagt's alle durch die Bank fast, die sind super gut. Und ich bin der Meinung, das sind's nur, weil ich mir dafür Zeit lasse und wirklich nur mache, wenn ich lustig bin. Und wirklich Lust drauf habe. Zwischendurch mache ich mal was anderes, weil ich da Lust drauf habe. Ich habe schon immer Lust drauf, so Gaming-Inhalte zu machen. Das heißt nicht, dass nur so Zocker-Scheiß kommt, sondern einfach nur für zwischendurch, ja? Mache ich mal kein How-To, habe ich vielleicht Lust auf das, aufs Kruzifix-Format. Der Michi, merci für den Twitch-Follow. Habe ich mal Lust aufs Gaming-Format.
Habe ich wieder Lust aufs How-To-Format? Habe ich wieder Lust auf das? Machen wir das, machen wir das. Aber es bleibt alles bayerisch. Das ist die erste Grundphilosophie, mit der habe ich angefangen und mit der werde ich auch aufhören. Da können wir 200.000 Leute werden, ist mir egal. Das war's. Und so bleibt's. Nummer 2. Dann, ich habe nicht vor, wie das andere machen, ich erwähne jetzt keine Namen, Vollgerät, der unter jeden Post oder vor jedem seiner Facebook-Posts erst einmal die Leute mit seiner Werbung zuscheißt und dann sein Video bringt. Oder umdreht. Ja? Und da seine T-Shirts verkaufen möchte und was weiß ich. So viele Leute von euch haben aber nach Merchandise geschrien und was weiß ich was alles. Deswegen habe ich mal einen gemacht. Ich posaune das aber nicht aus. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Video an einem Stammtisch Micker darüber, aber im Stream erwähne ich es halt ab und zu mal und in die Beschreibungen steht es irgendwo ganz versteckt. Das ist, es gibt halt T-Shirts mit einem Bierger-Logo, es gibt ein Vollbier-Squad-Logo, es gibt Pullis, es gibt Kappe und so weiter und so fort. Es gibt sogar ein Logo mit einem Massimo-Gesicht vorne drauf und das findet ihr unter folgendem Ding. Das blendet jetzt einmal da hier ein, das mache ich am Schluss vom Stream. Immer. Es gibt tatsächlich auch schon ein paar, die sich so ein Ding da bestellt haben und ganz zufrieden waren damit. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann schickt ihr es einfach zurück und fertig. Ganz, ganz, ganz wichtig, dieser Merch, das sind T-Shirts mit Bürger-Logo und einem Vollbier-Squad-Logo. Kosteneffekt, mir ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wie viel dass ich da damit verdiene. Das sind um die 4 Euro pro Teil oder pro Bestellung, ne, pro Teil. Wenn ihr euch also einen Pulli für 40 Euro bestellt, kriege ich davon 4 Euro. 4. Ja, da werde ich nicht reich werden davon, aber natürlich unterstützt es mich. Ja, natürlich darf ich nicht, nein, ich war ein Vollidiot, wenn ich sage, nein, das mag ich nicht, und kaufen tut es aber halt auch keiner, wenn ich das nirgendwo sage, also sage ich es zumindest wenigstens dem harten Kern im Livestream. Ja, die Seite heißt biergerwear.de. Das ist ein Spreadshop, den kann sich jeder aufmachen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass diese T-Shirts nicht ich mache. Ich backel euch die nicht ein, ich drucke euch das nicht, ich hab das nicht. Das ist diese Firma, die das macht. Ich hab da einfach bloß angemeldet, ich schicke denen diese Motive und die machen das. Ja? Wenn das mal nicht so läuft, wie es soll, ihr habt ein Problem damit, schreibt es meinetwegen mir. Das könnt ihr machen, das wird aber nichts bringen, weil ich keinen Einfluss darauf habe, schreibt es denen. Aber normal soll es keine Probleme geben mit Zeug zurückgeben. Sag mal, sitzt die Katz immer noch da hinten in meinem Knack? Bis jetzt waren alle recht zufrieden, glaube ich. Einige haben schon T-Shirts und so Pullis und so weiter bestellt. Ich glaube, sie sind auch erschwinglich. Qualität, glaube ich, passt auch, soweit ich das beurteilen kann. Und das war's auch schon. Mehr mag ich darüber schon gar nicht sagen. Also wer sich für so Merch-Zeug interessiert, biergerwear.de, sage ich in jedem Stream mal, dem harten Kern, der zuschaut. Und bis dahin lasst mir das da auch noch stehen. So, und jetzt werden wir uns dann, jetzt streamen wir seit 3 Stunden. Hey, wann haben wir denn das letzte Mal da? Krass, Mann. Heute waren wir echt über 300 Leute, ihr habt's wirklich cool. Ihr habt's wirklich der Oberwahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich. Wir haben 2 VIPs. 2 VIPs. What the fuck? Wo kommt denn das auf einmal alles her? 300 Leute, die zuschauen, 2 VIPs. Puh. Flo Marzer fragt, was möchtest du dann alles zocken? Das ist natürlich die nächste Frage, was dieses Gaming da betrifft. Keine Sachen, die wo ich selber zum Zuschauen schon langweilig finde. Da fällt mir jetzt als erstes ein, zum Beispiel Diablo. Beispiel, ich zock furchtbar viel wie Diablo, wenn Seasons da sind, aber das mag keiner sehen. Das mag nicht, das sind so Spiele, die mag ich in Ruhe spielen, da sitze ich da und hacke umeinander, dann passt das und spiele mit meinen Kumpels. Aber so Singleplayer-Spiele. Ich freue mich zum Beispiel narrischst auf Kingdom Come Deliverance. Es wird das erste Ritterrollenspiel ohne Magie und Drachen und Zeug und auf realistisch getrimmt. Das kann richtig geil werden. Und da kann ich mich vielleicht dazu überwinden, dass wir da vielleicht zu dem Zeitpunkt, es ist so in einem Monat, in 3-4 Wochen, dass wir uns da mal probieren, einen Stream-Nachmittag zu machen. Schauen wir mal. Gregor Malz, so, 4. Bürger Schäbers. Herr Malz, hat mich narrisch gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Namis Paradies, bleib so, Alter, das taugt mir. Ich habe nicht die Intuition, dass ich mich irgendwie verändert. Jetzt muss ich es echt noch eine Stunde aussitzen, bis die Frau kommt, weil ich eine Leberkäse möchte. Ich möchte jetzt einen Leberkäse haben, da kannst du jetzt sagen, was du möchtest. Ich fahre jetzt dann zu mir, ich habe mir jetzt gern und hol mir ein Händ für Leberkäse.
Schau dir mal das Spiel TTT an. Ist auch so geil. Kenne ich zum Beispiel gar nicht. So, Bürger, muss los, muss hackeln, sehen uns wieder mal. Herr Powermac hat mich narrisch gefreut, hat mir jeder einzelne Follower auf Twitch hat mich gefreut. Und jeder jetzt Abo auf YouTube, die 2 VIPs möchte ich nochmal special herausheben. Dann haben wir halt einen Haufen Leute, haben wir Spenden geschickt, dass wir das Shell platzt. Ich weiß nicht, was das soll. Das sind Sachen, die muss wirklich nicht sein. Aber mich freut es natürlich narrisch, was soll das? Warum kriege ich eine Blognachricht, wenn ich da 200 € spenden mag? Was soll der Schmarrn? Was? Ich weiß nicht, warum du da eine Blognachricht kriegst, das weiß ich nicht, aber was ich mir eher frage, ist, warum du Vollgas narrisch mir 200 € spenden möchtest. Das lasst mir bitte bleiben, bitte. Da kriege ich ein schlechtes Gewissen. Der Remo, echt eine super Sache mit deinem Stream, weiter so. Hand Mari, das freut mich natürlich narrisch. Ich sag danke fürs Vorbeischauen. Ist cool, ist cool. Macht auch saumäßig Spaß. Es ist ja umso lustiger, je mehr Leute zu schauen. Und wir sind nach 3 Stunden immer nur 180. What the fuck? The fuck is this? I don't know. Der Gusti 8000. Danke für das Lob. Nach der Arbeit haben kommen und dann einen Bürger sagen, wenigstens die paar Minuten geiler Mo, servus, machen weiter so. Anonymous Player. Zu viel des Lobs. Merci dir. Der Gseifel packt jetzt auch, zwischen mir heute nur ein paar Weizerl rein. Hau dir deine Weizerl sauber rein in die Gosch, dann passt das. Murtag 2011. Merci für den Twitch-Follow. Ich weiß gar nicht, wo ich bin eigentlich 3 Stunden nur mit Begrüßen beschäftigt. Das ist ein Wahnsinn. Minibur, servus. Skatest du immer noch? Nein, da bin ich zu alt und zu fett dafür. König Ludwig, vierte Bürger, super Stream. Und mittlerweile kehre ich zur Vollbier-Squad, weil ich früher zu viel Gas, getrunken habe. Ja, stimmt, ja, deswegen kehren wir ja alle zum Vollbier-Squad. Soll doch im Grunde ja jeder saufen, was er möchte. Das ist doch bloß ein Gaudi und solange das ja jeder weiß, ist doch alles gut, oder? Beim Leb gibt es halt bald keine Leberkasse mehr nicht mehr. Das ist das Problem. Dass ich mir jetzt nicht sicher bin, wenn ich jetzt zum Leben aufhöre, ob da einer wirklich Leberkasse in drin liegt. Zug mal Dampfe, Alter. Kevin Menzinger. Das ist. Ist mir auch schon einmal runtergefahren, wie ich die Mülltonne rausgefallen habe. Ich habe einen Torwab, habe ich mir geleistet. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich habe einfach gekauft. Ja, ich sag's euch, wie es ist, weil ich einfach was braucht habe. In Bavaria, we have a beer that makes you jump like a deer. It's, what? It lets go up your little wiener and where we call it Augustin. Das ist gut, das ist gut. Herr Kapuzenwolf, den nehmen wir dann, nehmen wir den. Bürger, ich hab mir heute schon ein paar Leberkasten gekauft, taugt voll, war saugeil. Ja, fuck, ich mag jetzt auch nicht. Hey Bürger, wünsch dir was, bis der Geiler auf, bleib so. Meister Petz? Ich hab nicht vor, dass ich mich ändert, wird schon wieder so. Ne? Wird schon wieder so. Schauen wir mal. Herr Leon Specht schreibt Servus. Servus, Herr Leon Specht. Super Stream, Bürger, noch zum Abschluss, nur ein halbe Weißbier. Ich kann ihn mir leider nur außerhalb vom Stream genehmigen. Zell YouTube, hey Jungs, bin Girl und hab LW, wer chatten will, kommt Skype, Selfie, nur Jungs unter 18. So. Zell JT, du hast jetzt genau 60 Sekunden Zeit, dass du irgendwas dazu schreibst, ansonsten kriegst du einen Dauerbann. Flo Matzra, ich werde übrigens auf PC zocken, nur. Das ist meine Haupt-Gaming-Plattform. Vielleicht mal auf der Playstation mal schauen, aber da habe ich das mit dem Sound nie so richtig hingekriegt, dass ich quasi streamen kann über Boxen, was mir sehr wichtig ist beim Konsolen, Couch zocken und gleichzeitig streamen, ohne dass ihr den Sound 25 Mal in euch einpumpt und sie das Scheiße hört. So, die Cell JT rührt sie übrigens nicht. Dann klickt man doch mal drauf, Block User, Pechcode. So einen Bullshit, wer schreibt denn seinen Dreck? Zick da, halbe, mache ich vielleicht auch noch hinten auf die Leberkasse mit drauf. Bürger, kannst meinen Namen sagen, bitte, nur wenn's magst. Na, freilich mag ich das. Herr Fabian Hirsch, einen wunderschönen Gruß noch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es herkommt, das hast du mit Sicherheit vorher gesagt. Aber freilich kann ich das. Herzlichst, habe ich die Ehre. So, Katz flippt aus. Der Obi, grüß dich. Sorry, grüß dich, Obi. Lang nicht gesehen, gleich Kind. Herr Glaubanger, vielleicht schaue ich mal vorbei. Meine Schule kennt die schon wahrscheinlich. Ja, das habe ich heute schon ein paar Mal kennt. Bürger, wie stehst du zu Comics? Nicht mehr so wie früher. Also eigentlich, ich finde Comics geil, allgemein, die ganze DC-Universum, Marvel-Universum, bla bla bla. Alles geil, aber selber lesen tue ich kann ich mehr nicht. Das ist nix. Der harte Kern bleibt auch da, wenn du bloß noch gamen darfst, auch wenn manches nicht so ming. Zum Beispiel, ich bist der Beste. Servus. Da kriegen wir die schon noch dazu, Julia. Da kriegen wir die schon noch dazu, Frau Gewalt, dass du dich auch fürs Zocken interessierst.
Das kann alles ganz lustig sein, muss nicht heißen, bloß weil man ein Mädel ist, man interessiert sich nicht für Zocken. Marcel SP, den mag ich natürlich schon grüßen, weil von dem habe ich ja schließlich auch meine komplette Wii-Ausrüstung gekauft. Das Einzige, was schade ist, was du nicht gehabt hast als Spiel, war übrigens Zelda, Twilight Princess und das andere. Scheiße, ich hab vergessen, was heißt. Egal, die hätte ich gerne noch mal gespielt, aber man kriegt sonst nicht auch jeden Tag ein Wii mit 84.000 Spiele und einem Schlagzeug und Gitarre und Skateboard und was weiß ich, was alles für. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zahlt, aber ein Hunderter. YouTube-Kanal, wenn du wirklich vorbeischauen willst, muss ich mir merken. Aber das, der Plätze, da oben hinten Plätze, schau sie. Kann man die irgendwo treffen auf eine halbe oder Leberkasse? Namis Paradies, das ist halt immer schwierig. Sich eine Einladungen kriege ich am Tag per Facebook wahrscheinlich schon um die 20, 25 Mal. Das wird nicht so einfach. Wie lange hast du noch vor, YouTube zu machen? Minibur, solange ich lustig bin. Ganz einfach, solange ich Spaß drauf habe. Ich spende dann 10er, wenn der Brocken da hinten auf den Teppich scheißt. Brocken. Ah, schade. Ja. Was sollst du jetzt da sagen dazu, gell? Was sollst du jetzt da sagen dazu? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute den längsten Stream seit langem eingehauen. Seit langem. Ich sage euch jetzt Folgendes, jetzt muss auch einmal Ruhe sein. Ich schaue einmal, vielleicht ist mir irgendwann einmal mitten in der Nacht lustig zum Streamen für Gaming-Zeug. Dann machen wir es einfach. Nächste Woche am Freitag bin ich auf alle Fälle wieder da. Auf alle Fälle. Allein schon meinen beiden VIPs zuliebe. Es gibt jeden Freitag einen Stream und die VIPs verpflichten mich ja schon fast dazu. Schauen wir mal, wie viele Leute das wir nächste Woche zusammenkriegen. Vielleicht schaffe ich ja ein Video zwischendurch. Vielleicht ein neues Kruzifix, vielleicht ein neues How-To, vielleicht ein neues, was haben wir noch? Stammtischmicker. Vielleicht, schauen wir mal, vielleicht unterhalten wir uns mal in einem Stammtischmicker über diese Zocken-Thematik. Ich darf da gerne mal schmatzen mit euch drüber, mir da eine Kommentare interessieren, die ich dann auch in Ruhe lesen kann und nicht über diesen Chat-Ding, wo ich die Hälfte halt einfach überlese, weil es halt einfach zu krass eskaliert am Anfang. Du schaffst es sogar, dass der Kommentar zu dem Weißwurstvogel von gestern noch lustig ist. Was? Wen interessiert denn das Zocken? Ja, ich glaube, dass das halt mehrere interessiert, wie ich morgen oder Angst habe, dass es nicht interessiert. Das müssen wir mal schauen. Jo, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich wirklich ultra narrisch, dass ihr so dermaßen. Der Grantelbart. Grantelbart, ich weiß, wer du bist. Zelda kriegst du von mir. Mag ich haben. Nimm mich dann. Du musst ja bloß einmal vorbeikommen. Vielleicht auch mit deinem Logo-Scheiß und so weiter. Dann, ja. Ja. Ich wiederhole mich noch ungenau. Wir waren heute wirklich das erste Drittel lang über 300 Leute. Jetzt zugeschaut, das motiviert ungemein. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ich denke mal ein bisschen drüber nach. Schmiede Pläne, lass euch das natürlich wissen. Wahrscheinlich in einem Stammtischmicker. Dann haben wir da einmal wieder neu. Muss auch einmal wieder neu sein. Es kommt auf alle Fälle was Neues. Wir sehen uns spätestens nächsten Freitag im Stream. Wahrscheinlich wieder so gegen 2, 3 Nachmittag. Nochmal herzlichen Dank an die VIPs. Nochmal herzlichen Dank an alle Spender und an alle Besteller im Online-Shop und was weiß ich. Ihr habt so geil. Das ist wirklich völlig verrückt. Und jo, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein voll geiles Wochenende. Haut euch Vollbiermassen ins Gesicht, haut euch Gasmassen ins Gesicht, nein, haut es euch nicht ins Gesicht, schützt es vorher weg, der zur Vollbier einsauft dann die. Es hat echt Spaß gemacht. Haut euch eine, habe die Ehre. Servus.